Empfindest du die mit, wie soll ich das jetzt politisch korrekt sagen? Empfindest du die als dunkelhäutig? Oder als maximal pigmentiert? Genau, maximal pigmentiert. Ja, also dunkel schon, aber nicht da dunkel. Weißt du, formulier mal das. Ich kann das nicht formulieren. Also meinst du, Also, du meinst das Du hast den Ball N-Wort. zu mir geworfen. Du meinst das N-Wort. Ja. Hast du dir Ja, selber empfindest mal... du dich Ja. so? Aber da frage ich mich, für was wie viel? Ja, weil für Oder mich ist ein Inder kein... Nein, ist ja klar, aber weißt du wie viel? Ich kann empfehlen, du ein Loch angreifen, wenn ich sage. Ich so, Bro, erstens Sex nicht, aber zweitens, nein. Also ich fühle mich nicht angegriffen, weil ich habe mit dem, da ist ja eine Geschichte dahinter, oder? Und jede Geschichte, das ist ja nicht, das hat ja nichts mit uns zu tun. voll. Echt? Ja. Aber ich glaube, die Inder in USA, die dürfen es wahrscheinlich schon sagen. Nein, ich glaube nicht. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dort herrscht noch ein bisschen so Toleranz. Auch Ja, Mexikaner dürfen es, glaube ich, sagen. Ich kenne Mexikaner, viele, also von Kanada kenne ich viele Inder und auch also England jetzt, Amerika auch. Und ich kenne jetzt keinen, wo das Wort sagt, keine Chance. Dort musst du aufpassen, Alter. Wo du auch sagst. Und was ist mit dem einen Inder, der da den legendären Hit gemacht hat? Ja, I'm a black. keine Ahnung, der. Das ist so geil. Der Lied kenne ich, glaube ich, gar nicht. Weißt du? I'm a black. Und er spricht es auch so indisch aus. Sag es. Ja, nein, ich kann es nicht sagen. Fix. Das Nein, ich sag's und wirklich. das war. Ah, okay, gut. Also eigentlich ist es ja nicht schlimm. Oh, Wenn ein Inder das sagt. Nein, Malcolm X hat gesagt, es ist schlimmer, wenn du jemanden als schwarz bezeichnest. echt? Also als Black. Ja, gang mal im Duden schwarz anschauen. Ja. Und dann schau mal die Erklärung für schwarz. Nein, einfach Schau, nur- welches Dann Bild gang mal dort bei ist. weiß schauen. Nachher bei schwarz steht einfach so Tot. böse. Ja. Ah, aber das alles stimmt, das Schlechte stimmt, ja, und bei weiß voll. steht alles Gute. Ja, das ist stimmt. eigentlich Aber schlimm, da wird wenn auch du so- jemanden als schwarz bezeichnest. Ja, das stimmt, ja. Der einzige Schneidet Vorteil von Schwarz ist wirklich, dass es elegant ist. Und sonst ist es wirklich nur negativ behaftet. Ja, das stimmt. Aber halt alle Als tot, Ja. als schlecht. Aber eigentlich auch nur in der Fashion. Dass schwarz so elegant aussieht. Nein, nein. Weißt du, was Ja. Aber auch in Architektur. Ja. Oder so, ja. Mal stimmt. Okay. Okay. Schon fundamentiert. Ich glaube, wir können Schon Respekt. schon Respekt. Also Echt schon erstmal Respekt für den Karim, dass er so früh am Morgen da zu uns gekommen ist. Es ist, wie spät? Es ist halb halb 6 am sieben. Morgen. Die Sonne ist gerade aufgegangen, es ist 6:30. Und er hat es gerade echt gut gesagt. Das ist fast das erste Mal, dass man wirklich mit dem Kaffee da aufgekreuzt hat. Im Kaffeebrei. Also, da ist mal ein Schluck. Bismillah. Also, ja, welcome. Back zum besten Podcast auf der ganzen Welt. Welcome back zum Podcast mit Migration Vordergrund. Der gehört wahrscheinlich zum ersten Mal, der Habibi, Alter. Also, hey, wir sind wieder rum. Wir haben jetzt ein bisschen Verstärkung bekommen mit den Migrationsvordergründigen. Die Rede ist von Pablo Nascobar. Ein fucking Applaus für den Pablo Nascobar, Alter. Siehst du? Ja, Ah, ist jetzt Pablo Nascobar, ja. Also, also es ist jetzt die echt- erste Reklame, die ich aber einleiten will, ist immer noch bezogen auf den Mic. Weil alle da so ein funktionales und geiles Mic haben. Und die hat da einfach so einen Ständer. Aber der ist black und es ist Ästhetik. So. Der sieht Ding aus wie ein sehr dünner schwarzer Bub, der die wird umarmen. Schneidet da raus. Jungs, Mann. Okay, Bro. Was ist passiert? Ne? Nächster Podcast wird fuck, gesponsert von bro? SVP. Aber es ist akkurat. get cancelled Aber in ohne Witz, die 5 Beschreibung ist recht akkurat. Ohne Scheiß, wo die wird umarmen. Wieso umarmen? Ich muss euch ehrlich sagen, so, mit den Anzugshosen und dem Mic und so wie meine Stimme tönt, ich fühle mich wie ein R&B-Sänger. Ja, ohne Witz. Hause. Okay, nice. Es fällt mir eigentlich nur so ein Tüchchen um den Hals. Ja, und dann so Ohrring, Ja, der ja, also die Diamonds-Ohrringe. Alter. Zu geil, echt. Also, Aber der ey, Ahmad hat ja ein wundervolles Lied für uns gesungen, das er euch vielleicht auch noch zeigt. I'm a black. also als weitere Verstärkung haben wir natürlich den Karim Lauladi, unseren Lokalmatador Alter von St. Gallen. So, ein Applaus für den Karim, Alter. Assalamu alaikum. Alaikum assalam, ja Habibi.
Sehr schön, hast du dir die Zeit genommen, Alter. Es ist Montag am Morgen, wie schon gesagt, 5:30. Bro, eben, wenn die, es ist 6:30, es ist schon zu Sonne noch nicht. Stimmt, ja. Fuck, Geht nicht besser zu am Morgen. Easy, geil, ey. Aber im Gegensatz zum Wunsch von Karim gibt es da jetzt keinen Erotikfilm. Hey, da musst du ein bisschen... Ey, da muss ich noch schön erzählen, weil gestern haben wir noch kurz geschwätzt über WhatsApp, der Karim und ich. Und dann haben wir so ein bisschen erklärt, was heute abgeht und welche Themen angesprochen werden und so ein Scheiß. Und dann schickt er irgendwie so gegen den Abend, schickt er mir... Schau, er sagt, wir werden Intimteile zensiert. Und schau, als der fucking Podcaster denke ich mir so, okay, wahrscheinlich es gibt so sensible Themen, die er nicht ansprechen will, dass der irgendwie so im Nachhinein zensiert wird, oder? Du sicher voll den Text schreiben. Du voll erklärt. Maximum erklärt. Er so muss voll, packen, also Bro, wenn da nicht wohl ist, kannst du einfach sagen, wir können alles rausschneiden. aber richtig einfühlsam. Ich so, hey, kein Ding mehr. Schau, wir reden zuerst über dich, so zentriert. Und dann aus dem raus entwickelt sich irgendwie so Themen und so. Und dann schickt er mir aber die Sprachnotiz. Und ich habe mich sehr, sehr lange kaputt gelacht. Darf man die abspielen? Bro, das ist alles. Ich habe schon gefragt. Ich Also, lass ich geschickt. Kennt man da? Hey, also was reden wir, Bro? Ich habe ja doch etwas falsch verstanden. Ich denke, wir bewegen uns nur. Und dann schreibt er noch dazu, eben denkt, da wird ein Erotikfilm, Alter, fuck. Ey, und vor allem eben, ich habe es auch Ich noch... habe mich wirklich nach langer Zeit gefreut, dass jemand endlich mein Talent anerkennt. Die Hüftbewegung, Alter, wo der... Kindheitstraum erfüllt wird. Aber geil, Alter. Und vor allem echt, ich habe sehr, sehr spät gecheckt, dass er nur seine Hüfte für die Bewegung, Alter. Der ist ja nicht immer so abwägig, oder? Für das kann man vielleicht auch ein Format machen später. Hüftbewegungen. Wir könnten ja... Kennst du bei diesen Kinderserien früher amix, wenn so behinderte Sequenzen eingespielt worden sind? Und wir könnten da ja auch mit so einer weißen Leinwand, mit einem weißen Hintergrund. Und dann machen wir jeden Podcast einen neuen Tanz. Und dann wird das so instruiert. Ja, voll. Mit Behinderten? Ja, nein, nicht behindert. Nein. Ich habe jetzt einfach das Wort wörtlich genommen, Alter. Ich so, Behinderte sind vorne Also, einfach... Ich könnte gar keinen Vergleich. Jetzt wird das so eingeblendet, dann ist es ein weißer Hintergrund. Dann kommt der Dyson und er sagt so, Kinder, heute lernen wir. Ah, diese, okay, genau. okay. So Willi Wills Wissensszene. Genau. Ja, Ja, genau. okay. Also hey, eben, wir sind alle kaputt. Man sieht es uns vielleicht zum Teil noch an, man. Außer natürlich der Karim. Der sieht immer parat aus für Erotik. Okay, ist immer bereit. Schön, Aber hey, wir sind da. Es ist eigentlich schon lange mal Zeit, dass wir mal alle zusammen hocken. es gibt vieles, was wir Es gibt viele Momente, wie vorher. Komm mit Kaffee, wir müssen reden. Also mach jetzt einfach mal den Farid Bang, die Ich Farid schwör. Bang Stimme noch mal kurz. Aber dass wir da mal krass. haben, vielleicht so als Zu krass. fucking Pad oder so. Und nachdem ich mit Heidi Klumpen kommen aus der Scheide von Heidi Klumpen. Alter, der ist so Gut. Der ist so... Kennt ihr den Lidl-Verkäufer? Der rappt. Ja. Oh, der kann auch sehr gut, aber der kann alle rappen. So, also, so Aber Kollegen der und Farid ist einfach der Farid. Artist. Bald sein neues Album. Echt? Ja, irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß Bitte, bitte 6 Millionen. Ja, Ich schwöre 6 Millionen, echt. Also hey, du Apropos- bist... Ja, sorry. Oder? Apropos Farid Bang und apropos R&B-Sänger, ich habe irgendwie gerade mitbekommen, hast du mal eine Karriere gehabt, eine Musikkarriere? Rap. Also erstens, von wo hast du die Fehlinformationen? Also Musikkarriere, ich einfach zuerst gerappt früher. Früher immer. Echt? Ja, Krass. mehr auf Hip-Hop-Schiene gewesen. Okay. Yes. Hast du so wie ein bisschen singend gerappt oder so ein bisschen Bro, asozial es ist gerappt? wirklich- also ich kann es euch zeigen noch, aber es ist Voll. Asozial? es ist hardcore asozial. Wie alt bist du denn dort gewesen? Aber Hochdeutsch? Wow, ja, auf Hochdeutsch. Wo bin ich dort gewesen? 18, 19. Das ist halt, Okay. Ja. noch ein bisschen anderes Leben geführt dort. Zu dem kommen wir sicher noch. Da war mich irgendwie so ein bisschen interessiert und ich habe es auch gestern so ein bisschen angeschnitten in der Sprachnotizen. Es ist irgendwie spannend, weil du halt schon ein bisschen objektiv sehr interessant bist, als Mensch allgemein. No homo. No dünne Umarmungen. Also nein, das Ding ist, man redet eigentlich so in der Wissenschaft von da, was vor dem 12. Lebensjahr passiert, ist ausschlaggebend, was nachher dann aus dir wird in dem Sinn.
Da kreiert das Unterbewusstsein. Genau. Und da, was mich jetzt gerade interessiert, wie war dein Leben gewesen vor dem 12. Lebensjahr? Also mit Familie, wieso bist du auf einmal so asozial geworden mit 18? Was für ein... Boah, ja, ich war halt schon immer ein Problemkind gewesen. Und also meine Mutter war alleinerziehend sozusagen. Ich bin bei der Mutter aufgewachsen. Meine Eltern haben sich recht viel Schaden lassen. Und ja, ein bisschen schwierige Kindheit gehabt, sagen wir es so. Halt, wie würde ich sagen, der Draht zu der Mutter nicht so gehabt. Und dann halt, ja, eigentlich mit zum Vater, aber eben bei ihr aufgewachsen. Und ich bin dann auch recht früh von die raus, also mit 15 etwa. Hey, 15,5. Okay. Ja. Also ja, von dem her ein bisschen... Also schwierig. Du musst nicht sagen, du bist ja auch selber verantwortlich zum Teil, aber als Kind weißt du halt nicht, wie du damit umgehen sollst. War richtig ist Oder wie du dich verhalten sollst, genau. Da lernst du erst mit der Zeit. Ja, aber von dort kommt das schon ein bisschen. Und wo du mit Dingen 15 raus bist, hast du dann so wie ein bisschen dann besser für dich gewusst, was richtig und was falsch ist? Oder hast du so auf harte Schiene das Zeug lernen? Ich war immer ein Sturkopf. Also ich hatte eigentlich immer gute Leute um mich herum, die mir gesagt haben, was eigentlich besser für mich wäre. Aber man kennt es ja meistens, lässt man nicht auf das. Das ist bei uns allen so erst dann, wahrscheinlich. ja, erst dann, wenn du selber auf die Schnelle kannst. Also schon viel müssen selber lernen oder mehrmals die gleichen Fehler gemacht. Ja. Aber gehört auch dazu. Eben, das Ding ist ja, du sagst auf die Schnarrigkeit, oder? Und so wie mir es eigentlich so die fucking Stories von keine Ahnung, Bill Gates und all die Menschen, die halt, halt viel erreicht haben im Leben oder halt auch für die Gesellschaft in dem Sinn, erzählen dann ständig von dem, dass sie müssen irgendwie durch die Scheiße mal durchgehen in dem Sinn, um dann so wie ein bisschen die Wertschätzung irgendwie gewinnen, nicht nur gewinnen, sondern auch verstehen, dass man auch die Fehler nicht mehr macht. Was sind die ersten auf die Schnarrerei-Situationen gewesen? Ja, wenn du mal lernst, dass du auf dich allein gestellt bist oder dass nicht alles kannst haben. Und früher hast du halt die, also zum Beispiel Sachen von dir Haus wie neue Schuhe, neue Kleider. Also wir haben ja da eigentlich eher ein Luxusproblem. Aber wenn du auch mal merkst, dass der ganze Zeug, das du hast, nur schon zum blöd gesagt einen fixen Schlafplatz hat, dass das eigentlich gar nicht selbstverständlich ist. Und ja, aber ich glaube, dadurch, dass wir in der Schweiz leben und eigentlich in einer recht grossen Komfortzone sind, vergessen wir eigentlich manchmal für die ganz kleinen Sachen dankbar sind. Und da lernst du dann auch mal. Und dann, ja, man lernst auch bei den Leuten eher die richtigen Werte kennen. Oder? Ja, sehr schön Das ist gesagt. schon- Ja, sehr schön gesagt. Jetzt nimmt es mich aber gerade Wunder, du bist ausgezogen mit 15. Also ausgezogen, ich bin zuerst ins Heim. Ins Heim, Dann okay. aber Darum habe ich gar überlegt, nicht lang wo dort bist denn du geblieben. hingegangen? Ja. Ja. Dann abgehauen von dort eigentlich. Ja. Heim in St. Gallen? In Buchs war das. Gewesen. Okay. Also ich war wirklich gar nicht lange dort. Gewesen. Ja. Und dann Hast auf Kurve gelebt. Maler Lackierer, dann hat er gemerkt, will er nicht Maler machen. Lackierer. Dann ist er Rapper geworden. Sanitär ist Bist du auch nicht da gewesen? 3 Monate. Also ich geil. will sagen, ich bin recht stolz gewesen, so nachdem ich so lange im Kult geblieben bin, weil ich früher noch, glaube keinen Job länger als 3 Monate gemacht habe. Crazy. Ja. Ja. Irgendwie finde ich, gerade vor kurzem war ein Sanitär bei uns daheim gewesen und hat das WC, also die Schüssel müssen wechseln. Du hast einen rechts A10 gefunden. Nein, ich habe mir so gedacht, Sanitäre sind so Menschen, die ihre Frauen schlagen. Ich weiss nicht, von wo der Gedanke kommt, aber die haben irgendwie so die Energie, als wäre Also ich so... muss das sagen, ich bin jetzt gerade... habe ich gerade eine Frau geschlagen? Habe ich gerade eine Frau geschlagen? Sag verlassen. Hey, also, da ist natürlich Humor da, gell, und Satire. Danke vielmals. Kabarett. Karabett. Karabett. Weißt du, was ich sagen? Ich bin gerade jetzt in meiner Ferien auf Baustelle arbeiten und ich war in einer Bude, wo es Heizungen und Sanitär hat. Und ich muss sagen, alle Heizungen sind geile Sachen und alle Sanitär sind so ein bisschen Speziell. nicht speziell, so die weniger angenehmen. Ja, die haben so Ordern da, wenn sie hässlich werden. Okay. Falls du ein Sanitärler bist und Nimm das bitte nicht persönlich. nimm das nicht persönlich oder falls es eben nicht stimmt, dann schreib uns oder falls es stimmt, dann schreib uns nicht. Wir könnten ja einen Podcast, so eine Mini-Podcast-Serie über Sanitär machen. Ja, echt Aber laden wir so
Lade mal einfach Weltweit Sanitär und seine Frau ein, dann machen wir so Paartherapeut-Scheissdreck. Wir laden so einen Sanitärverband von der Schweiz ein. Also 3 Monate, wie hast du denn dort eigentlich gekündigt? Nach 3 Monaten, wie funktioniert das? Hat er noch nie gemacht. Ja, Probezeit. Ja, Bro. Abhauen. Ja, entweder Probezeit oder einfach nicht mehr kommen. Einfach nicht Oder mehr frisch. Und dann hast du auch niemand so geschrieben, hey, ich komme nicht mehr? Oder bist du einfach nie mehr gegangen? Hey, ich weiß es nicht mehr im Fall. Okay. Aber ja, ich habe eigentlich jeden Job immer noch 3 Monate gemacht. Also ich habe zweimal eine Lehre angefangen. 3 Monate. Sanitär und? Detailhandel. Also Sanitär war das Praktikum. Ja. Ich habe noch einmal Detailhandel angefangen. Ja, wo? Im Electronic. Aber ich könnte noch gut vorstellen mit dem blauen. Geil, Ich schwöre. das Schlimmste geil, gewesen. geil. Das war das Schlimmste gewesen. Nachher hat er mir gesagt, ich soll den Staubsauger putzen. Ich so, sicher nicht. Sicher nicht, Alter. Heute nicht. Ja. Hast du denn auch eine Kündigung bekommen? Denn, oder? Siehst, Nein, du er bist selber immer- gekündigt. Du bist immer noch im Vertrag. Er ist immer noch gebunden. Sie warten Mit einem immer. Bonus. Ja. Nein, ich habe den selber gekündigt. ja. Und ich glaube, in der Probezeit ist 1 Monat Kündigungsfrist. Habe ich In der gemacht. Probezeit, ja. Ja. Oder irgendwas, eine Woche oder einen Monat. Korrigiert mich, falls es falsch Also du- ist. also wenn der- Mal wenn der mit Arbeitgeber- Lehrlingsamt an. Also wenn der Arbeitgeber, der kann ja in der Probezeit fristlos. Also ja, aber... der kann da immer... Der kann da immer Brauchst du schon einen deftigen Grund? ja, du brauchst einen deftigen Grund, ja. Aber doch, wenn die Firma will, dann findet es schon Grund. Ja, wenn du Ja. falsch lässt zum Beispiel. Nachher habe ich meine Hauptprüfung eigentlich angefangen. Da, wo am besten zu mir passt, hat. Und da war Bachelor. gewesen. Echt? Nein, sicher nicht. Egal, was Aber also, ja, aber ihr ist doch voll gegeben. Hey, schau, ich sag dir jetzt, real story. Ich habe Bachelor angefangen und ich habe die doch. ganzen 3 Monate, also es ist wirklich gewesen, Ja. und ich habe die ganzen 3 Monate müssen mit dem Militärvelo fahren. Nein, Ja. ja. Schwere 10 Kilo Velo, Ja. oder 15 Kilo. Weil ich bin so bekifft an die Theorieprüfung gegangen, dass ich sie jedes Mal nicht bestanden habe. Und beim ersten Mal habe ich irgendwie 31 Fehler gemacht. Hey, also da ist noch eine Veloprüfung, die dann auch so Nein. richtig musst abgeben, oder? Nein, Velo du kannst fahren. musst ja also TÜV. Autoprüfung quasi. Zum den Roller fahren und sie zahlen da ja. Ja, stimmt. Geil. Aber ich habe die Theorie 3 Mal nicht bestanden. Ja, ja, so. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, ich habe sie knapp bestanden. Also einfach ist sie ja nicht gewesen, so in dem Sinn. Weil die Theorieprüfung, Ja. das ist ja Look, einfach der. Also einfach, ich glaube, mein Problem war, dass ich einfach nicht gelernt habe. Aber das sind die gleichen Fragen, einfach andere Reihenfolge. Und nicht einmal sind von Antwort, also die Antwortmöglichkeiten sind die gleichen wie auf der App. Nach die dem du gekauft Podcast hast. komme ich nie mehr in den Job über. Ja, gell. Aber das Ding ist ja, die App hat eigentlich mega teuer gewesen. Irgendwie so 80 Stutz. Nein, ja, 40 Stutz hast du Glaub ich. schon gezahlt. Ich habe doch die App nicht gehabt. Ja, Ah, du hast die App nicht gehabt? Ich habe auch nicht. Ne? Ah, hast du nicht mit der App gelernt? Nein, aber Wir haben ja bist gelernt, jung, Mann. Alter. Du bist jung. Bei meiner Oh Zeit, ja, wo ich- ich habe sie gehabt, aber Theorie, ich habe Theorie nicht Plus länger oder als 10 Theorie? Minuten lernen. Ja, das ist etwas mir anderes. einfach angeschissen. Nein, ja, schon lange. Ja, aber 10-mal durchgemacht. Aber du bist auch so ein Mensch, wenn du etwas machst, Ja, du voll. machst das richtig. Also, ja. Du ziehst durch. Ja, voll. Das stimmt schon, ja. Ja. Er zieht alles durch. Aber ich habe wenig gehabt, 2 Fehler. Weil ich habe einfach durch. Das war ich gerade 2 Fälle. 2 Fehler. Ja, ich habe jetzt verstanden, du bist schlau. Nein, weil ich weiss noch, ich bin an und bei der ersten Prüfung habe ich einfach Schiffprüfung bekommen. Schifffragen. Das sind die noch geschenkt. Sie haben gesagt, Schiff. Ja, Fragen bekommen. Er fängt da so an, so Zeichen machen auf den Bildern. Und ich so, Und Bro, du die Bilder so, habe ich noch nie gesehen. HJ, da Hitler. Nachher sehe ich oben drauf Schifffahrtprüfung. Ich so, Bro, ich habe mich nicht für Schifffahrtprüfung angemeldet. Jetzt einfach die Fall. Ja, und nein, sie haben gesagt, nein, du hast dich für Schiff. Ich so, zeig mal, gib mir das Blatt, wo ich mich angemeldet habe. Ja, da haben wir nicht mehr bei uns. Aber ich bin zum Straßenverkehrsamt und habe gesagt, könnt ihr mir bitte geben, weil ich muss mich nochmal anmelden. Ja, fix. Ich habe nochmal 40 Stutz ausgeben. oh, krass. Aber sie haben es nicht rausgeben. Sie haben mir das Blatt nicht rausgeben. Weil sie gesagt haben, ja, sie haben es nicht mehr oder finden es nicht, keine Das Ahnung. ist aber komisch. Nachher habe ich nochmal anmelden, nachher habe ich die richtige Prüfung gehabt. Nachher habe ich durchgerattert. Ja. Ich habe Meinst gemeint, dass sie gerade so schlau eingeschätzt und haben gesagt, komm, Schiffprüfung. Ich habe auch überlegt, Okay. Schiffprüfung machen. Hashtag-Prüfung. Dort, wo du 3 Fehler machen darfst oder so. Boah. Eine Schiffprüfung wäre aber schon geil, ne? Ich werde die schon gesehen. Dann machen wir fix, Alter. Einfach so. Weißt du, wir Pilotenprüfung. könnten ja nochmal eine Theorie über Indo droppen. Okay. So, dass eigentlich jeder Indo reich ist. Schon Ah ja, das hat jedes Mal im Fall. Jedes Mal sagt er, ich kann in das Bist du schon mal irgendwo angegangen und Wo du hast sind gesehen, ein Indo arbeiten? Nicht ein Tamil, ein Indo. Das ist ein guter. Das ist ein guter Ja, Hast du schon guter mal, Punkt. bist schon mal in ein Geschäft gegangen und es hat einen angestellten Indo dort gehabt? Nein, Ist egal, wenn es schwarz ist. Weiß schwarz. Bildschirm. der Bildschirm. Wir sind down. Ich Mayday, Mayday. nochmal an. Easy. Aber ja. Zu deiner Frage. Wir haben technische Probleme. Mol. Nein, Also ich glaube, es wird schon gehen. Ich glaube... Ein Indo?
Nicht in der Lehre, nicht aus unserem Alter. In So. einem indischen Resti. Bro, ich habe noch nie einen Inder gesehen, irgendwo arbeiten. Außer, also wahrscheinlich, wenn es Gut, die Eltern. ja, jetzt So als Angestellte, ja. Ja, Jetzt, wo du sagst. ja. ich glaube, der glaub Karl echt. hat auch besser. Also, ja, Indien ist riesig. Bro, die wissen einfach, wie man Geld macht. Indien ist ja riesig. Also, es gibt im Süden, das sind ganz andere Menschen als im Norden. Aber ich sage dir ganz War ehrlich, ganz andere Menschen, haben die drei Beine. nein, andere Menschen in dem Sinne von Aber ich der glaube, Einstellung dass du her. auch, ich meine auch, dass du von Indien die Möglichkeit hast, um in die Schweiz zu kommen, ist auch nicht. Ja. Ich weiß nicht, also... Ja, es gibt verschiedene Wege, aber ja. Ja, es gibt verschiedene Wege, aber ich weiß nicht, wie da mittlerweile mit dem Migration... Jetzt ist schwierig. Jetzt ist schwierig. Heute, Bodenphase in der Schweiz als Inder, schwierig. Also könnte überhaupt Inder. Ich glaube, in die ohne Schweiz, Grund ja. einfach so. Momentan nicht? gibt es eben die sicherste Variante ist, du bist ein schlauer Inder, hast einen guten Abschluss, du schaffst dort in einer Firma in Indien, wo aber einen Sitz in der Schweiz hat. Ja. Und dann holen sie das Know-how, holen sie in die Schweiz, da haben viel gemacht, viele in der Informatik, haben dann da haben zum Beispiel Schulungen da gegeben oder haben da gearbeitet, um das Know-how von Indien da anzuholen. Oder? Und dann haben sie, die denken sich, Bro, die zahlen mir da alles, Chills, und wenn es klappt, kann ich schauen, dass ich da bleiben kann. Und da ist momentan so der einfachste Weg, aber klar, früher noch, also jetzt in älteren Zeiten, da bist du einfach geflüchtet, da bist du einfach da gekommen. Und dann hast du geschaut, wie. Aber da finde ich schon krass, eben, dass alle, die jetzt selbstständig sind und die ich kenne, auch wenn sie Reste haben, sind alle Millionäre. null gewesen da. Null, nichts. Von nichts. Wir haben da, wir sind schon, mein Vater sagt immer, wir sind schon da Das ist oben. allgemein krass, Allgemein. wie so die Generation von unseren Eltern, wie hart die im Nähe sind eigentlich. Was für ein Weg die jetzt... Voll. Da, Das ist schon wir sind krass. ja alle Ausländer da. Das ist mal schön. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wir sind ja alle Erstbesiedler, sozusagen. Ja, ne? so, ja. Ja, das ist schon krass, wenn du denkst, eigentlich, was unsere Eltern so in Kauf genommen haben und was die alles durchgemacht haben. Und irgendwie habe ich zeitgleich ein bisschen Angst, dass meine Kinder dann so ein bisschen nicht hart im Nähe werden sein. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich glaube, das ist eh... Ja. Das ist auch bei Die uns schon Generation ist schon eh ein bisschen verweichlicht, blöd gesagt. Ja. Ja, du hast irgendwie trotzdem noch ein bisschen irgendetwas in der Hand als älterer Teil dann in der Zukunft, hoffentlich, dass wir irgendwie alle so... Ein Schlagstock. Das ist ja auch nicht. Ja, aber das ist auch nicht mehr, weißt du? Ich meine, ich bin auch. Sorry. Ich habe das Gefühl, das Nein, es Problem wird ist, schon. Alle geschlagen Problem ist worden. mehr, dass in dem Alter, so ab 12, 13 bist du ja als älterer Teil in dem Alter, wo du meistens nicht mehr so den Zugang zu deinem Kind Auch hast. keine Macht mehr irgendwie. Ja, keine Macht mehr, weil das Kind lässt gar nicht auf das, was du sagst. Und du bist nicht cool. Und das ist ja eigentlich auch ein bisschen das Alter, wo du anfängst, ein bisschen von den Eltern zu distanzieren. Ich meine, mit 15 hast du nichts wissen von dem, was sie dir gesagt haben. Voll. Und, wenn du dann halt ins falsche Umfeld reinkommst, blöd gesagt. Oder in Leute, die nicht so Acht Ja. auf die Wert geben, dann ja, schnell bergab. Ja, da ist es so. In da- der Pubertät. ja. Und Also es tönt, als wärst könnte du man jetzt einen Tipp geben den zukünftigen Eltern? Nehmen wir den Schlagstock in die Hand. Nein, der mit dem Schlagstock in die Hand. Schlönt rein. Natürlich So nicht. fest, wie es geht. Also, ich kann den da rausschneiden. Aber ein weiser Mitarbeiter auf der Baustelle hat mir mal gesagt, ein Sanitäter. er hat nein, Scheiße, Sanitäter. so ein richtiger Bauernschweizer. Ja. Und er hat mir gesagt, er hat seit 40 Jahren kein Problem mit seiner Frau. Weißt du wieso? Er sagt, jeden Morgen, wenn er aufsteht, ist das Erste, was er macht, zuerst die Frau eins an den Ring klopfen. Nein, nicht wahr. Also, wenn die Kinder das sehen, dann sputet es gerade auch. Alter Schwede. Nein, zurück zu der Sache. Ja, ein Tipp an die Eltern. Dass, ich glaube, es ist wichtiger, ein Kind zu begleiten, anstatt zu erziehen. Halleluja. Verstehst Wie du? du schön was ich meine? gesagt. Ich glaube, da haben unsere Eltern recht Mühe, weil sie ja eigentlich eher altmodisch oder eher nach unseren Kulturen erzogen worden sind, die eher strikt und ein bisschen weniger offen sind und eher streng. Und dort, sie haben da nicht so gehabt, dass sie begleitet worden sind. Ich meine, bei uns machst du auch, wo gesagt wird, und sonst jetzt heisst, tschüss, kannst du deine Sachen packen. Da finde ich, jetzt zum Beispiel bei den Schweizer sind die meisten Eltern da schon ein bisschen... Kennst du früher die Schweizer Kollegen? Ja, Die immer lockerer die Hause gehabt. Ja, Ja, Die mit normal. 14 die Hause über Sex am Reden und können Freundin Ja, bei ich- uns Kollegen keine Chance. Eine Freundin mit ein. Oh mein Gott, ja. Ja. Ich schwöre. Aber Ja, ja, Mann. Ich habe trotzdem irgendwie so das Gefühl, dass meine Eltern mich trotzdem begleitet haben mit so zum Beispiel das Nachtessen. Ja. Weil bei der Schweiz ist ja völlig nicht so normal gewesen, dass man für alle kocht.
Kennst Ja, schon. kennst du, wenn du zu der Schweiz gegangen bist und nachher sie so, ja Ahmed, du musst jetzt gehen. Ich und der. Wir müssen jetzt essen. Ich schwöre. David muss jetzt nein. Nacht essen. Alter, shit. Sie haben alles rationiert, so in dem Sinn. Wenn ja, ein Kollege, der bei ihnen ist das strikt gewesen, wirklich Mal zeitlos. alle, die ganze Community da entfolgt, so wenn das den Podcast macht. Ja, wir haben einen Kollegen, der hat einen strikten Plan gehabt. Also wirklich vom 6. bis 7. wird gegessen Ja. und so Zeug, oder? Ja, ich hatte auch so einen gehabt. Der hat nicht mehr ins Fußballtraining kommen, weil sie am 6:30 oder am 6 Voll. hin müssen essen. Ja, die Mutter hat Das ist- strikt durchgezogen. Und ich weiß nicht, mit wem der war. Und es ist, keine Ahnung, Viertel vor 6 gewesen. Und die Mutter so, ja, langsam essen wir. Und der Schild. Oh. Ich bin so schlecht. Nein, nicht Cut, Gilles, cut, cut. er schielt. Ich bin- Das wollte ich sagen. Ich bin so schlecht mit Namen, ich bin so schlecht mit Droppen, ich sage da noch. Du hast wie letztes Mal. Das ist wie letztes Mal. Und dann hat es einfach. Ja, und er hat gerade gecheckt. Also kann er, du musst gehen. Ja. Kann er, du musst gehen. Aber bei uns keine Chance. Bei uns würde sagen, du bleibst da, du essst jetzt und nachher Kennst gehst. du, wenn du gehst in dein Land und nachher heisst es so, wir gehen dich besuchen, wir gehen nur schnell eine Stunde. Nein, du übernachtest 3 Ich Tage. schwöre. Du darfst nicht mal gehen am Abend, du musst dort schlafen sogar. Komplett, du wirst auch dort das gerade so. so die Frau noch, ja, heirat doch gerade noch meine Ja, Tochter ist in schön, dem ja. Sinn. Nein, was ich auch will sagen, ich finde, jetzt vor allem auch bei, also ich halt mehr Bezug auf das gehabt, weil zum Beispiel Vaterseite ist ja islamische Kultur. Oder ja, allgemein so Balkan, Osten. Ich finde es krass, wie, da lernst du halt in Marokko, wie sehr der Wert von der Familie, der Zusammenhalt, der Respekt, Loyalität, wie sehr das geschätzt wird dort und was für einen Wert eigentlich die Leute auf das geben. Und da hast du jetzt zum Beispiel da bei uns in der Schweiz merkst du den Wert nicht so präsent wie dort unten. Das Ding ist ja, es ist eigentlich auch so wie ein zum Teil politischer Grund dahinter. Weil bei uns gibt es ja weniger so einen Sozialstaat, oder? Wo dir hilft, wenn du irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, querschnittsgelähmt bist oder irgendwie behindert bist oder so. Und dort ist einfach so alles basiert auf Familie. Das heisst, der reiche Onkel kommt dann oder springt ein für dich, wenn du irgendwie behindert bist oder so, dann zahlt er das wie Aliment, bla, keine Ahnung. Und da ist einfach so, man kann sich zurücklehnen und man kommt trotzdem noch über die Runde und auch ohne Stress. Und durch das ist einfach so da entstanden, dass... Ja, es ist wie so zum Beispiel in der Schule, weil mein Vater hat mir früher gesagt, wenn du, jetzt sagen wir, du bist früher in Marokko in die Schule gegangen. Und ich meine, da hast du ja immer gelernt, dass wenn jetzt der Ahmad einen Scheiß macht, dann muss ich da dem Lehrer sagen. Ich soll ihn verpetzen, auch wenn er mein Kollege ist. Voll. Und also mein Vater hat erzählt, dass früher bist du für da in der Schule geschlagen worden. Ja, Sie hat fix. gesagt, wieso verratest du deinen Kollegen? Direkt. Und da lernst du ja quasi Voll. ja, Zum bevor- Fair. Oh mein Gott. befrontet Oh ein bisschen mein zu Gott. viel. Nein, überhaupt nicht. Was? Ich weiß noch. Auf da bin ich null stolz. Jetzt droppt er wieder Namen, Alter. Jetzt kommt er Der da dann wo einfach noch- wieder wo noch wie letztes Mal. verpetzt hat. Nein, ich weiß noch, wir haben so in der Schule, da bin ich böse, also wirklich so richtig bünzlig gewesen. Also so in dieser Phase. Und ich bin, und es ist, weißt du, 3. Klasse, 4. Klasse. Und einer hat mich gestresst. Also einfach gestresst. Und wir haben in der Schule gelernt, dass man 3-mal Nein muss sagen. Oh mein Gott. 3-mal Nein muss sagen. Und wenn du beim 3. Mal Nein immer noch nicht hört, dann gehst du zur Schule, gehst du zum Lehrer. Und ich weiß noch, ich bin so, nein, nein, nein. Kennst du, was du gelernt Halt, hast? stopp. Genau so bin ich gewesen. Das war der Polizist, gewesen, der noch bei euch da Zeugs beigebracht hat. Hast du den Klassensprecher gewesen? Ich so, nein. Und dann bin ich zur Schulleitung. Ich wollte immer mal Klassensprecher werden. Aber Ich glaube, das wäre nicht interessant. Aber du hast vorher gerade erzählt von schiefe Bahn, Umfeld. Also ich denke, so tun, dass würdest von Erfahrung schwätzen. Ich nehme jetzt mal stark an, ist das nur Vermutung. Ab 15, wo du ein bisschen so raus bist, heim, raus, Lehre angefangen, raus, bist du wahrscheinlich nicht unbedingt unter gutem Umfeld gewesen, oder? Ja, gutes Umfeld ist relativ. Also schlecht ist es nicht. Es sind Ja. gute Leute gewesen, zum Teil. Zum Teil auch schlechte. Aber ja, schon eher ein bisschen auf der Schiefenbahn. Okay. Also immer noch Gott sei Dank sind wir in der Schweiz. Da gibt es ja nicht so Extreme wie in anderen Ländern. Aber schon eher ein bisschen auf der Gas, blöd gesagt. Und sehr wahrscheinlich bist du auch irgendwo durch so ein bisschen mehr auf der Straße gewesen, oder? Ein bisschen mehr draußen, weil du ja gerade vorher gesagt hast, du hast keine, so wie,
kein Dach über dem Kopf gehabt, das fix war? Oder wo du das Gefühl hast, da ist fix oder da ist mies daheim? Wie hat sich denn da angefühlt halt in dem Alter, dass du so wie denkst, ich habe kein daheim? Frustrierend. Ja. Frustrierend. Also, ja, ich glaube, häufig ist auch das Problem, in dem Alter weißt du halt noch nicht so wie mit. Also, zumindest ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und dadurch tust du dich halt oft auch selber bemitleiden. Und dann kannst du wie so kannst eigentlich wie in eine Depression rein. Hat sich da auch so angefühlt? Ja, schon recht. Ja, und dann hast du halt einen Hass auf alles, hast einen Frust auf alles und dann. Wie ein Rapper. Lass in den Text raus. Nein, ich hätte in dem Fall schon immer werden. Ist schon. Echt? Ja, Immer noch jetzt? Kind in der Schule schon. Immer noch? Nein, jetzt ist es mir, mittlerweile ist es mir zu primitiv. Okay. R&B-Sänger? Da würde ich mich sehen, aber für den habe ich leider nicht die richtige Stimme. Fuck. Aber falls Noch nicht. irgendein Gesangslehrer da draußen ist, ich der würde wird- gerne Stunden nehmen. Ja. Ja, easy. 15. Ich kann mir da null vorstellen, wie es ist. In dem Alter irgendwie so. Also du bist ja wie, also zum das sagen, du bist ja wie selber verantwortlich für das. In der Schweiz kannst du nicht auf der Straße leben oder obdachlos sein, wenn du das nicht selber willst. Voll. Aber ich meine, also ich hätte mir auch keine Behörde gehabt, dann hast du eine Beiständin. Stimmt, ja. Ich meine, ich hätte auch zu der gehen und sagen, eben, ich will einfach in ein anderes Heim, vielleicht, falls das möglich ist. Oder, ja, dann wärst du schon in eine Obhut geleitet worden. Also bist du wie auch selber die schuld. Aber ich meine, in dem Alter hast du keinen Bock, es hat sie nicht gesehen, um jetzt zurückzukommen und dort im Heim leben. Und ich habe nicht gewusst, wieso ich Voll. das lernen und habe gedacht, ich kann es auf eigene Hand Besser schaffen in dem also Sinne. besser schaffen, indem ich es selber in die Hand nehme. Ja. Der Karan hat ja einfach 3-mal Nein gesagt. Und dann wäre er gepetzen. Also nein. Beim Heim. Halt, stopp. Halt, stopp. Aber wenn hast denn du, warst du 18 so Hip-Hop-Szene und wenn hast du angefangen, wie bist du in der Techno-Szene gekommen? So, Der wenn geht hast du angefangen- schnell, der geht schnell. Ich glaube, das erste Mal, Karin, wo ich dich gesehen habe, du bist mal in Blumenau in der Schule, oder? Nein. Kann das sein? Nein. Schön auch. Schön auch, ja. Ach krass, ich bin aber auch gar nicht schön. lang. Ja, ja. Schnell. Wieder 3 Monate. Geflogen, gell? Ja, ich bin geflogen. Ja, und Ich bin richtig unnötig. ja, ich glaube, du hast eingeschlagen. Nein, das ist ein Witz gewesen, das ist ein Witz gewesen. Wife Beater. Natürlich Und nicht. liebe Bitte Pascal. nehmt da nicht, Rückhand. nehmt da bitte nicht so ernst. Das sind auch schlechte Jokes, natürlich. Ja, wie jeder weiß, stehe ich Auf Männer. ich stehe mit meiner ganzen Kraft und allem stehe ich für den Feminismus. Ja. Ich habe eigentlich auch immer so einen Groschen an. Ah, die Pink, die Viol... nein. Ja, die Fuß. Wir- Ja, das ist gut. Ey, kurz Story. Mein Vater war in der Stadt gewesen, und das ist schon glaube 3 Jahre her, 3-4 Jahre. Ich habe das Bild immer noch. Schickt mir einfach so ein Bild, wie hinten dran, die haben protestiert und er hat einfach die Groschen. So Legende. Die Geil. Groschen. Geil. Schau, Inder sind so reich, die können Feminismus unterstützen. Die sind so reich in der Schweiz. Also bei uns ist es auch so. Mein Vater geht einfach, Frauen müssen nicht kochen bei euch. Bro, ich schwöre, ich fühle mich da wie Unterhaltung von Andrew Tate und Joe Rogan. Ja, das ist Nein, krass, ja, das ist eine gute Beschreibung. Wo sind wir gewesen? Weißt du, von Vorlesungen? Irgendetwas? Er hat, Nein, das Ja. erste Mal, als ich eben den Karim gesehen habe, ist glaube ich eben dort in der Schönau gesehen. Und da bin ich halt auch gesehen. Und ja, und er ist nicht lange dort gesehen, darum. Aber das hat erste er- Mal, als ich ihn gesehen habe. Hat er sich verändert? krass. Oder sieht er immer noch Ich so sag aus? dir- Er sieht immer noch gleich gut aus. aus wie früher. Ich bin dort noch verliebt gewesen. immer noch. Immer noch. Wieso bist du denn geflogen von der Schule? Boah, das ist wahr für. Also ich glaube, es geht zu lang, um da jetzt alles zu erzählen. Auf jeden Fall haben wir so eine in der Klasse gehabt, eigentlich voll Gina. Ja. Das ist so Ah, ein ja. Opfer gewesen. Ja. Das ist Ich nenne jetzt keinen Namen. Ich sage lieber nichts, Alter. Nein, also jetzt im Nachhinein werde ich das nicht mehr machen. Aber kennst du, es hat halt immer so ein bisschen Klassenopfer gehabt. Ja. Und dann kennt ihr noch Ask FM. Ja. Und dann haben wir so Sachen dort Was für angeschrieben. Ask FM, das ist so, du anonym kannst Sachen fragen und dann können Leute drauf einfach... Ja, ja. Aha, Und okay. dann ist der Lehrer weg gewesen und wir hatten quasi Selbststudiumstunden gehabt, weil er nicht rum war. Und dann sind wir auf Ask und dann haben wir bei einer anderen, irgendwie nicht nur ich, sondern auch andere, haben irgendwelches Zeug angeschrieben und ich habe einfach geschrieben, quasi, der ist ein Opfer oder so. Und wegen dem?
Bro, Ja, es ist halt zu viel gewesen Okay. mit allem. Und die anderen haben viel schlimmere Sachen geschrieben. No, wer ist am meisten dran gekommen? Natürlich ich. Nachher, ja, bin ich voll ausgerastet dort im Rektorbüro und so. Sachen geflogen. Und nachher bin ich suspendiert worden bis ans Ende vom Schuljahr. Das war irgendwie Crazy. 4 Monate vorher gewesen oder so. Ja. Ja. Also ich bin in der Zwischenzeit, das ist lustig, ich bin in der Zwischenzeit auch mal umgezogen, weil meine Mutter hat in St. Gallen gewohnt und mein Vater hat in Gävil gewohnt. Also am Okay. Hau Gävil. Gävil hat 1000 Einwohner oder so. Ja, wie geht der Kirchberg Wil, oder? Ja, ich bin Dort habe ich- nachher musste ich in Kirchberg in die Schule gehen. Ohne Witz? Ey, ist schon auf alles. Ich glaube, ich bin der einzige Ausländer dort. Gewesen. Das ist aber lustig. Dort habe ich meine Lehre gemacht, Alter. Nachher, echt? In Kirchberg, ja. Nachher dort in der Schule habe ich mich mal mit einem Schwinger geprügelt. Alter, weißt du, ich hätte mich umgemacht. So eine Legende, Alter. Kennst du die mit so Waden? Ja, da war Packt die einmal. Ja, Krass. und dann hat es dort so du hast so Freifächer gehabt und ich bin jedes Freifach einfach nicht gegangen. Und dann erst nach 3-4 Monaten schon. Und nachher, wegen noch anderen Sachen bin ich dort auch geschmissen worden. Scheiße. Nachher bin ich wieder zurückgegangen, nachher wieder schön auch. Aber bist du wieder in der Schönau gesehen? Ja, ich bin schön auch gekommen. Ich habe zuerst das Untergymnasium gemacht. Nachher hätte ich bestanden für Kante, aber ich hatte keine Lust gehabt. Ja. Nachher bin ich an die Schönau, dann bin ich irgendwie ein halbes Jahr dort gewesen. Du hast keine Lust gehabt? Ich Was hatte heisst keine das? Lust gehabt. Ich wollte einfach nicht mehr in der Schule sein. Ich wollte arbeiten. Und wieso hast du die Hure Prüfung gemacht? Ja, meine Mutter hat gesagt, also ja, quasi von die aus müssen. Okay. Ja. Stabil. Also, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, hätte ich es durchgezogen. Ja, fix. Ja, aber dort habe ich halt gedacht, komm, ich gehe arbeiten, dann kann ich Geld verdienen, also quasi gerade ausziehen von die und dann habe ich Ruhe. Ja. Nachher bin ich wieder zurück an die Schönau. Also von Kirchberg wieder zurück an die Schönau. Ja. Und dann dort ja, suspendiert worden bis Ende vom Schuljahr. Okay. Und in dieser Zeitspanne bist du auch zuerst bei der Mutter am Wohnen, nachher beim Vater und nachher wieder zurück Ja, zur nachher Mutter. wieder zu der Mutter und nachher, ja, dann ins Heim. Was war der Unterschied gewesen, von Mutter und Vater zusammen wohnen? Ja, In ich dieser habe mit Zeit? dem Vater schon viel ein besseres Verhältnis gehabt. Also, mein Vater ist voll easy. Mein Vater, also jeder, der ihn kennt, weiß, mein Vater ist der geilste Jahr. Warte, was macht denn Marokkaner in Gävil, Alter? Bro, frag mich nicht. Wie ist schon der angekommen? Er ist sehr gut integriert. Also er redet perfekt Schweizerdeutsch wie der größte Schweizer. Ja. Nein, er hat sich eine Wohnung gekauft dort. Halt. Geil. Ja, günstig. Und du merkst schon, dass die Kinder, die eher auf dem Land aufwachsen, also meine Geschwister, die sind nur anständig. Du merkst den Unterschied von Stadt und Land. Ist schon krass. Und auch der Unterricht ist viel naturbezogen. Ich meine, du gehst viel mehr im Wald. Du hast, ja. Voll. Ja, das ist auch eine Fähigkeit, die du irgendwie so aneignest als Ausländer. Weil dann ist so Kultur daheim Ja. und dann draußen und dann kannst du ganz wie als Superkraft Dinge nutzen. Ohne Ja, nein, mein Vater ist der geilste. Er ist vollgläubig, also wirklich hardcore. Er lässt jeden Tag Koran, betet 5-mal am Tag, alles. Sicher. Aber er ist der offenste Mensch. Also er ist nie der, der sagt, hey, mach das nicht, hey, da. Du kannst machen, was du willst. Er sagt auch immer, Glauben musst frei wählen und nicht, weil es dir gelernt wird. Voll. Er kommt, ich meine, wo wir Boiler Room hatten, der trinkt seit über 20 Jahren keinen Alkohol mehr. Ja. Wir dort mit Skimaske und er so, gib mir auch eine, ich will auch eine anlegen. Ja, Skimaske am Anlegen. Bis am 4 Uhr morgens war er dort am Tanzen. Meine Stiefmutter immer am Anlegen. Sie so, Kollege, was machst du noch draußen? Du bist über 50. Komm heim. Geil. So geil. Krass. Ist das immer so gewesen, die Beziehung? Ja, also zu meinem Vater habe ich immer eine gute Beziehung. Ja. Ist immer auch recht kollegial gewesen. So gut, Alter. Ja, voll. Ja, ich glaube, in dem Fall muss ich auch mal geschwind im Heim wohnen und all die Szenen machen, damit die Kollegen als Pferde zu meinem Vater haben. Ja, nein, mein Vater ist halt da. Also ja, er ist sehr früh da angekommen und er hat es auch nicht immer so recht daheim gehabt. Ja, und er ist halt auch ein rechter Querdenker gewesen. Also, was meinst du mit Querdenker? Ja, er hat eine ganz andere Einstellung gehabt als die Leute tun. Ich meine, der ist in Marokko aufgewachsen und der hat auch noch Scheiße gebaut und ja, das war nicht einfach gewesen. Okay. Wie alt war er denn, als er in die Schweiz Ich kam? glaube mit 19 schon gekommen. Ah, relativ 19, früh, 20, so etwas, ja. Okay. Allein, oder? Ja, ich habe zu wenig mit dem über den geredet. Aber ich habe gemeint, allein, ja. Easy. Ja, crazy. Ja, mein Vater ist auch etwa mit 20 in die Schweiz gekommen. Ja, voll. Du auch, Karan? Ja, 18, 19, ja. Und Aber euch sind auch allein? merkst du zum Beispiel, unsere Eltern sind viel reifer gewesen als wir. Ich meine, Ja, weißt maximal du, jetzt einfach. mit 19 in ein anderes Land gehen, mit 19 bist du so... Bist immer noch ein Kind irgendwie. Ja, Ja, der ich war bin immer noch mit ein 18 mit Minecraft gespielt, Alter. also ich meine, ich fühle mich erst jetzt mit 25 langsam erwachsen. Ja. Wenn du denkst, unsere Eltern mit 25 haben schon
Kind. Der erste Golf auf der Welt. Ja, nicht nur eins. Ja, das ist- Ja. Und eben, anscheinend hast du ja eigentlich immer so ein bisschen Musik im Blut gehabt, wie man so schön sagt. Und hast du irgendwie so von daheim mitgekommen? Ist das so die Kultur, die marokkanische Kultur, die du mitbekommen hast? Ist das vom Vater gekommen? Ist das von der Mutter gekommen vielleicht? Von wo ist das gekommen, dass du singen hast wollen, anfänglich rappen und nachher R&B-Sänger werden? Also ich bin ja immer noch auf dem Weg zum R&B-Sänger. mit Oh, ja. Wir unterstützen dich. Das ist- Mit allem. aphrodisierende Stimme hörst. Wenn du nächstes Mal Geburtstag hast, hol dir Diamond Rings ab. Ohrring, echt. Ich hole den Jason Derulo. Jason Derulo, Alter. Nein, hey, ich weiß nicht, das ist einfach so. Ich glaube, hast du wie die Leute, die das gemacht haben, früher als Vorbild gesehen. Voll. Und halt zu denen aufgeschaut und dann denkt, boah, so will ich auch mal werden. Und ich meine, es ist so, also zu unserer Generation ist so, der Gangster-Rapper ist quasi der Rockstar gewesen von der alten Generation oder der R&B-Sänger. Und wie soll man da in der neuen Generation nennen? TikTok. TikTok-Star, kann ich sagen. TikTok-Star, ja. Ist, TikTok da ist so Dance. da gewesen. Shit, man, ja. Ja. Echt. Wenn du denkst, früher Ja. Bushido und Sido-Kinder dort. Ja, Weißt du genau. noch, wie Skater oder Hip-Hopper? Ja, genau. Nicht schwer, Alter. Wenn Du hast einfach quasi einfach Leute geschlagen ohne Grund. Also Skater. Skandal. Direkt. Skandal. Ich habe auch mit einem Kollegen mal in der Primarschule Rap-Songs geschrieben. Hast du die noch, Alter? Nein, ich kenne nur einen Pack Satz. mal aus. Ich kenn nur, also ich weiß nicht mal, wie es geht, aber wir haben darum gerappt gehabt. Ihr wisst nicht, wie es ist, im Knast zu sein. Bro, wir sind in der Primarschule. Wahrscheinlich sind auch die Petzer gewesen, Alter. Nein, null. Und das Schlimmste Aber das ist war- immer so der Film, den du schieben willst. Maximal. Eigentlich ist das hure schlimm, Ja. weil der ganze Einfluss von dieser Kriminalität und von dem, ich meine, also als Bub eher, hast du immer den Drang gehabt, um quasi eben so krasse kriminell zu sein. Du hast die, Oder irgendwie so Macht haben oder so. ja, genau, das ist so wie so ein Männlichkeitsideal gewesen. Ja, das ist ganz schlimm. Das ist Stimmt. echt schlimm recht. früher. Das ist Und das ist wirklich Deutschrap und Englisch Da- haben wir ja nicht so verstanden. voll. Aber ich finde das krass, weil zum Beispiel ich habe einen Kollegen, der lebt wirklich im Banlieue, in Montpellier. Ja. Das ist, also das ist gar nicht lustig, weil wenn du dort aufwachst, ist das echt schwer, um dort rauszukommen. Das ist auch, die haben mir gesagt, wenn du in die Stadt fährst und die Bullen halten dich an und sie sehen, du kommst aus dem Randviertel, die sagen, da, Kollege, verpiss dich wieder dort Ja, an. wieder da. Ja, und dann laufst du mal auf den Hof und dann siehst du einfach irgendwie 25'000 arbeitslose Marokkaner und Algerier dort und jeder lässt raus. Und, also weißt du, das ist quasi Wirklichkeit dort. Und die leben in Sozialwohnungen und hey, wie abgefuckt das aussieht, der Block, das sind Wohnungen, die so groß sind wie der Ja, Raum da und die leben mit 4 Kindern dort. Und wenn du denkst, wir in der Schweiz, da haben das gar nicht. Also ich meine, da wirfst du eine Ziege an Bord und am nächsten Tag ist sie weg. Und der hat auch immer gesagt, der checkt auch nicht, wie ist in einem Land, wo du so einfach hast, wo du so unterstützt wirst, wo du wirklich alles hast, die Leute den Drang haben, zum kriminell zu sein. Also ich verstehe, meistens eigentlich ursprünglich kommt die Kriminalität vom Hunger oder von der Armut, Ja. weil du nichts Ja. gehabt hast. Und, ja, du bist halt immer so eine Randgruppierung gewesen. Und dann hast du dich halt so durchgesetzt. Und ich finde es krass, wie eben Kinder in der Schweiz eigentlich gar nicht wissen, was für ein Ernst das ganze Zeug auf sich hat. Und Leute, die wirklich einen vollen Kühlschrank daheim haben, also gute Eltern, die sich anstrengen, um ein gutes Leben zu führen und ein gutes Leben für ihre Kinder zu schaffen, so den Drang haben, zum kriminell zu sein oder haben das Gefühl haben, ich muss jetzt anfangen rauszulassen, einfach zum ihr Idealbild von sich selber zu verstärken oder zum einfach krass sein. Das ist schon so. Aber jetzt, wo du es eben gesagt hast, so ganz Deutschrap können wir ja da nicht Schuld geben. Weil wenn wir jetzt so zurückdenken, früher war es ja Rock gewesen, und Rock ist ja jetzt nicht unbedingt so gewaltverherrlichend gewesen oder sowas, aber dafür Drogen. Ja, Sex, Drugs. Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Und dort ist da vielleicht dort die Phase gewesen, wo die haben ja auch randaliert. Also mehr so Hooligans gewesen irgendwie. Und Nein, also Deutschrap sicher nicht, aber ich denke, einen starken Einfluss. Wegen dem habe ich auch gesagt, zum Beispiel fühle ich Rap gar nicht mehr. Weil wenn du denkst, hey, es klingt geil und alles, weißt du, wenn es los ist, oder es klingt geil, es ist recht energetisch und alles. Aber also betrachtet einmal nüchtern, das sind zum Teil 40-jährige Leute, die hängen geblieben sind auf dem, weiß Gott was für einem Film, die schon lange aus dem draussen sind, die genug Cash haben,
Normal, gar nicht, also ja, wo wie Millionäre leben, weißt du, was ich meine? Voll. Und dann rappen sie über Zeug, wo sie zum Teil vielleicht nicht mal wirklich gemacht haben. Und die Kinder verherrlichen das. Und du musst denken, du bist eine Vorbildsfunktion. Und es vermarktet sich halt gut, es ist halt geiler. Aber anstatt dass du den Kindern sagst, sie sagen nachher schon im Interview immer, ja, weißt du, lass nicht raus und so, aber nachher machen sie ein ganzes Album, wo du geht zum eine Ficke Drogen verkaufen und ja, weiß Gott. Aber es ist auch zum Teil ein bisschen schwierig, die Kunst vom Künstler dran in dem Sinn, oder? Weil wenn wir jetzt gerade dieses Beispiel nehmen mit 18, 17, bla, bist du gerade so wie auf der Straße in dem Sinn. Und man hätte die sehr gut können abfangen oder abholen mit Drogen, mit Asozialität im Rap und so. Dann hat man so wie bei dir ein bisschen Halluzinationen erzeugt im Kopf. Und dann bist du ja schon allein, durch das, dass die Vorbilder waren, hast du genau gleich wollen sein. Ja, voll. Und das Ding ist ja eigentlich auch dann, dass die Rapper dann da als Kunstfigur machen. Und ich glaube, wir in dem Alter gar nicht checken, dass das noch Kunst ist. Weil sie erzählt eigentlich auch nur von der Vergangenheit, ja, oder? Mal, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber es ist schon interessant gewesen. Es ist eigentlich genau um das Zeug gegangen. Ich meine, auch beim Gestalterisch oder so, wo hebt sich, in welchem Bereich kannst du quasi sagen, dass ich noch in der Kunst bin? Weil mit Kunst kannst du so alles rechtfertigen. Ich meine, du kannst irgendetwas anzeichnen, was eigentlich voll obszön wäre oder über das du gar nicht reden kannst. Und du kannst es eigentlich, du kannst einfach sagen, es ist Kunst und dann wird es angesehen. Und wo ist da die Barriere, Linie oder Barriere, genau. Und ja, ich finde, der deutsche Rap ist, die bekannten Künstler im deutschen Rap sind schon eher primitiv, weil es sind zum Teil auch Leute, die die Sprache nicht mal richtig beherrschen, also nicht als Front. Aber ich meine, wenn du so zurückgehst so zu den Ikonen, zu Biggie, Tupac, Eminem, die Leute von früher, das sind also die Leute sind lyrisch auf einem geisteskranken Level gewesen. Und die haben ja, ihre Texte sind schon darum gegangen, um was sie gemacht haben. Aber es ist nicht nur so primitiv gewesen, es ist eigentlich, es ist mega gebildet gewesen. Ich meine, da, also auf einem mega Also lyrisch hohen abgerundet Niveau. eigentlich, oder? Genau. Komplett abgerundet. Und beim deutschen Rap ist es einfach, Voll. also ja, geh mal die Chance hören, lass mal die Lieder und dann vergleich's mal. Hauptsache es sind Dinge melodisch und Hauptsache... Also kein Front an Leute, die da gerne haben und die da fühlen. Mal maximale Front, bitte hört auf, da hören, Mann. Das ist jetzt einfach meine Meinung dazu. Nein, wenn du bei Modus Mius landest oder wie der heißt, dann. Lass den Podcast nicht mehr. Ja, genau. Schalt aus. Schalt die ab. Aber irgendwie finde ich es trotzdem ab und zu ein bisschen spannend, zum die Lieder zu hören, jetzt zum Deutschrap, weil sie haben einen recht eigenen Slang. Und in der Musik ist es eigentlich immer so, dass man eine eigene Sprache hat. Und so tust du auch deine Fans in dem Sinn binden, oder? Findest du, dass Deutschrap einen eigenen Slang hat? Zum Beispiel jetzt Luciano. Der hat für mich der redet eine andere Sprache, wenn er aber das finde ich irgendwo auch geil. So. Das Aber ist- komplett, er ist mega authentisch. Wie der für mich. Farid Bang, gell? Ich finde ein paar Lieder. Und sie hat Blasen auf den Knien. Vom Blasen auf den Knien. Ja, es ist. Aber Der ich ist muss, wiederum lyrisch, Alter. ich muss auch ehrlich Der ist sagen, wiederum ein bisschen gescheit, finde ich. Ja, aber es ist schon grenzwertig. Ja, mega. Also, primitiv. also lyrisch ist nicht. Was von lyrisch, das ist einfach ein Wohl, er Bullshit. er aber Bro, spielt wenn mit du da Worten, jetzt- Alter. Ja, Ja, Der ist aber lyrisch. man kann es auch anders machen. Man muss nicht mit Wie würde da ankommen, wenn du das in Amerika würdest machen? Ja. Oder wenn du jetzt in England so wärst rappen. Ich weiß nicht, wie das ankommen wäre. Ich glaube, erstens, das wäre gar nicht gut. Weil in Amiland sind sie eben von dem Lyrischen schon lange weg. Die machen ja nur noch Adlibs. Alter, da ein Lied von Lilia. Das Lied heißt Tesla. Ja. Und Leute haben mir geschickt, ey, lass ihn. Bro, das hat nur so, Tesla, nur da. Bro, das hat nichts anderes. Jetzt weißt du, was du hast. Der Karan, machen wir eine Reversion vom Karan mit seinem Tesla. Ey, es ist Die einfach- Tabla-Version. Langsam wird es ein Ey, Erotikfilm, Alter. Nein, es ist schlimm, Bro. Das ist also. Also kann ich jetzt die Hose ausziehen? Oder? Langsam. Ist es Voll jetzt kannst du Schuhe. bewegen. Mal die Schuhe an, ja, wegen Ja, eurem noch ist der zu finden von YouTube, weißt du? Show Your Socks. Show oder your was? socks. Ja, Einmal hat er, glaube ich, geschrieben, irgendwie so, mach eine Tickle-Challenge oder so. ja ein Tickle-Challenge. Das Also gegen die Küsseln Künstler. an den Füßen. ASMR. Ja, genau. Doch, also. Das ist aber das ist noch geil, Alter. Was? Meinst du, können wir mal einen Track aus dem machen? Ja, da kommt teils in Raschle könnte das sein. Dann machen wir noch. Einen Kick brauchen wir noch. Ja. Bro, du hast das Zeug.
Das ist der Bass. Nein, der Kick, ja. Ja, Easy, wo sind wir gewesen? Jetzt sind wir gerade ein bisschen... da können wir ja einen Back Schnitt, zu oder? dir. Ah, ja. Nein, da bleibt alles Ich drin. nicht. Easy, in dem Fall gibt es einen 3-Stunden-Podcast. Uncut. Easy. Haben wir schon eine Stunde? Extended. Nein, wir haben 40 Minuten vielleicht. 50, ja, 40 easy, Minuten. Ja. sicher, Da heisst, wir haben eine spannend. easy Zeit. Ja, aber wir haben weißt du noch eigentlich so ein Zeitschema? Eigentlich eine Stunde. Eine Stunde. Aber Pipapo. mit dir machen wir 2. Ich will sagen, eine Stunde wäre jetzt schon. Ja, Ich fühle mich, als hätten wir erst gerade da. Ich fühle mich, Ja, als gell? hätten wir erst Wir sind gerade erst da. gestartet, Wir sind erst bei 15, 16. Wir gehen langsam auf. Ja, genau. Das Also, ist eine Limited-Version. So, jetzt müsst ihr abonnieren. Teil um 1. zu wissen, wie es Ja, die ab kostet 18 die geht. voll. Weil da ist ab 18, ihr müsst euch registrieren. Okay. wo sind wir Ja, wir gewesen waren mit vorher? Deutschrap gewesen und Ja, wegen... genau. Hört, was ihr wollt. Klar, absolut. Genau. Eben, ich war so gar nicht in der Szene, ich habe nicht mitbekommen. Ich habe einfach Bushido und so Zeugs kennt. Ich bin nicht so auf Deutschrap gewesen. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich im Gym bin, ich lasse entweder so Hardcore-Techno oder Deutschrap. Ja, ich auch. Ich so misch über die zwei Sachen. So, ich kann nicht Deutschrap, so ganz Bang-Album. Im Gym lasse ich auch gerne den richtig asozialen Hip-Hop Ja. zum Teil. Aber den lasse ich also den richtig so Omika und so. Kennt ihr das? Wer ist das? Omika, das ist Omi. richtig. Ist ja Englisch? Nein, das ist Deutschrap. Aber das Omika. ist wirklich... Oh mein Gott, kenne ich gar nicht. Soll ich es zeigen? Nein, aber Das habe ich Angst. was lustig ist, da denkt man nicht so bei mir, aber meine Hauptgenre, die ich lasse, ist Heavy Metal und Metalcore. Ja, Echt jetzt? Ja. Ja, das ist eigentlich der grösste Teil vom Tag, lasse ich da. Heavy Oder Metal? voll der Soul Funk. Okay, geil. Kennst du Angel Maker? Nein, nein, was? Katastrophe. Lass das nicht. Wieso? Also ja, richtig gern. Ja, ich lasse genau da, ich fühle da, weißt du? Wirklich? Ja, Oh mein Gott, ja, den wird er da gefahren. da ist schon mit Kevin. da fängt schon mal nicht gut an. Eigentlich genau da, wo wir vorher gesagt haben, das darf man nicht lassen. Erst vorne, genau da darf man nicht lassen. Das darf man nicht hören, aber Jungs, wenn ich ehrlich bin, 80% höre ich eigentlich nur Omika. Aber nein, wenn jetzt irgendwie so in der Stadt wärst, rumlaufen mit Kopfhörer, würdest du jetzt Heavy Metal hören? Es kommt auf den Modus drauf an. Modus Mio. Nein, dann so, also meistens, wenn ich draußen bin, dann lasse ich so den alten Metal, aber das ist ja, also für mich ist der nicht hart. Das ist Das so ist- Iron Maiden, ja, Korn. Das war ein geiler Song. Oder eben voll der Soul Funk. Nachher läuft voll smooth rum. Geil. Ja, absolut gar Glänzende kein, Augen, Blickkontakt. ja, gar keinen Bezug mit Iron Maiden. Was sagt ihr so in diesen Text? Oder was geht es meistens bei denen? Ist das so? Ja, Ja, nein, es ist schon Ist auch ein bisschen asozial? beschrieben. Ja, eigentlich schon recht. Okay. Verstehst du die überhaupt, was die sagen? Nicht immer, manchmal Ja, muss schon es ist halt der ja. Vibe, es ist halt der Vibe. Es ist zum Beispiel mit der Vibe. Rammstein, wo kommen die rein? Die kommen die junge Frau hier. Ich finde Rammstein geil und irgendwie auch recht suspekt. Also, Ja. Okay. ja, also, ja, es Ich weiß spricht nicht, das jetzt geht momentan um. Es spricht mich nicht wirklich an. Okay. Aber die sind schon ewig rum, das ist ja, Ja, die- krass. Hoffentlich bald Ich glaube, eine niemand. der erfolgreichsten Aber nein. deutschen Bands. Ja, es Rammstein, ja, ja. weltweit. Die Da, verkaufen die meine, immer noch. meine Playlist heisst sogar Mama, I'm a Rockstar. Geil. Nirvana auch ganz geil. Nirvana, ja, ja. Metallica. Ja. Welches Lied empfiehlst du von Jimi Nirvana? Hendrix. Hey, Einfach ein Lied für unsere Zuschauer und für mich und für uns. das geilste Lied ist Come As You Are. Come Ja. As you are. As, you, Okay, geil. as I want you to be. As a friend. Echt geil, Mann. Wie heißt der nice. Schauspieler? Nein, Spaß. Wie heißt der Sänger? Er ist ja auch unter 30 schon gestorben. Der Kurt Cobain. Kurt Cobain. Ja, Skr. genau. Der ist mega smooth gewesen, Alter. Fast wie ein R&B-Sänger. Der kann das Adlib sein. Ja, mach nochmal, sind alle ruhig. Skr. Da muss man merken, 44. Echt. Sie kennen ihn. Sie kennen Sicario. Sicario, gell? Gut, also, wo sind wir geblieben? Aus der Schule raus. Nicht ins Wie Untergymnasium, Bewerbungsgespräch da? nicht in die Kante. Wie hat es denn weiter ausgesehen? Nachher hat es recht dunkel ausgesehen. Nein. Ja, nein, Mittelalter. nachher. Ja, eigentlich lange nicht mehr gearbeitet. Vielleicht 1-2 Mal wieder etwas angefangen. Hey, ja, voll keine Zeit empfinden mehr, wenn du so zurückschaust. Kennst du das? Ich weiss Ja, voll ja. nicht mehr, in welchem Alter war war.
ich glaube, bis 2021 bin ich recht auf dieser Schiene gewesen. Ich glaube, mit 21 hat es noch ein bisschen angefangen zu changen. Oder 22. Nie geschafft, halt immer andersrum gewesen. Ja. Und nachher hat das Denken irgendwann schon umgestellt, weil ich recht Probleme bekommen und irgendwann echt dumm gemacht früher. Ja. Und dann auch, Stimmt da, dass du einmal mit Anzug unterwegs warst? ja, ich habe meine sehr kurze und nicht lang anhaltende Also Karriere. Banker. Nein, ich habe mal ein Praktikum im Schild gemacht. Echt? Und dort musste ich mit Anzug arbeiten. Okay. Und nachher habe ich mich mal als Immobilienmakler probiert. Ich Okay. habe gemerkt, das wirst du nicht so wahrgenommen in meinem Alter und mit dem Aussehen. Nein. Und das war jetzt auch nicht so meine Branche gewesen. Aber es war Okay. interessant gewesen, zum Ausprobieren. Ja, das war Gut. so meine Anzugskarriere gewesen. Gut. Mit 22 hat es sich gechanged. Ja, Bist du hast du ein recht. Mensch gewesen? Bist du irgendwie selber auf den Gedanken gekommen? Ist es irgendein Buch gewesen vielleicht? Weißt du, der ausschlaggebende Grund gewesen? Umfeld. Ja, nein, irgendwann schon selber. Also ich hatte noch auch recht Stress gehabt mit Vater Staat. Nein, mit der Polizei recht Probleme gehabt und so. Ja. Und nachher auch nicht mehr können da machen, was ich gemacht habe oder so mein Geld können verdienen. Und dann Also bist du in irgendwann, der Erotikbranche gewesen? genau. Bist du Und wir haben leider die illegale Film gedrillt. Dann schneidet alles raus. Nein, selber eigentlich, eben, weil du halt auch nicht mehr machen können. Und dann irgendwann fängst du schon an überlegen. Du siehst halt, jeder lebt stabil und das ist ja die Zeit, wo eigentlich alle langsam fertig sind mit der Lehre und normal ja, arbeiten. voll. Und du merkst, jeder kann normal leben und du bist eigentlich einfach noch nirgends. Und nachher, was ich muss sagen, was mir echt geholfen hat, ist Sport. Regelmäßig Sport anfangen, viel Sport machen. Testosteron. Hast Ja, brauchst Direkt schnell so, Alter. Nein, und aufhören zu kiffen. Ja. Also da ist etwas, wo ich kiffe jetzt, glaube was sind das, schon 3-4 Jahre nicht mehr, so etwas. Ja. Und da ist Wow. hoher ausschlaggebend gewesen, weil ich habe wirklich viel gekifft. Ja. Ist ja für jeden, der es jetzt gerade Dinge zulässt und selber noch kifft und sich selber belügt eigentlich, dass Kiffen irgendwie behilflich ist oder dass du irgendwie kreativer bist oder du Sachen besser kannst erledigen bla. Es wird sich herausstellen, dass es einfach eine fucking Lüge ist. Echt. Je früher, umso besser. Es oder einfach gibt, es gibt Scheiße. Leute, die wirklich mit dem klarkommen. Ja. Es gibt so... Ja, Kennst du so Celebrities? Und einer von meinen Celebrities, weißt du, was ein Celebrity ist? Ja, logisch. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen. Ich kenne nur so die Erotik-Celebrities. Johnny Sins. Das ist fast gleich. Nein. Nein, du hast so Celebrities und jetzt zum Beispiel auch einen, der ist der Artemis Dolgin, der ist eine recht imposante Person. Nein, ein recht interessanter Mensch, richtig ein stabiler Typ. Und der kifft zum Beispiel auch jeden Tag. Aber der kifft einen und dann geht er trainieren ins Gym und das ist der härteste Typ, der macht den ganzen Tag etwas, gibt voll einen durch. Und es gibt Leute, die können da handhaben, die können wirklich sagen, oder wie soll man sagen, es damit beeinflusst umgehen, ihr sie können Leben, umgehen. sie können damit umgehen, es beeinflusst ihr Leben nicht negativ. Das ist wie die Leute, die von Herzen gerne Alkohol trinken und die können einfach mit dem. Kennst du, es gibt Leute, die können saufen, 2 Stunden schlafen, dann stehen sie auf, machen den härtesten Job und sind kein Problem damit. Ich gehöre jetzt nicht zu denen. Ja, auch nicht. Also, Ich kenne aber auch gar keinen, der mit dem umgehen kann. Ehrlich gesagt. Auch mit Alkohol oder mit fucking... Es gibt wenige Leute, die mit dem umgehen können, aber es ist schon viel. Also, ich rede ja aus Erfahrung, wegen dem ist es ja auch kein Front, dass du die oft selber belügst. Und Da ist es. es entwickelt sich schon eine recht starke Abhängigkeit, vor allem auch psychisch. Und du sagst, es gibt die Schemen, wo du halt immer sagst, nein, ich bin nicht süchtig, weißt du, wenn ich will, ich kann jeden Tag aufhören, das ist das Klassiker, wo man hört. Das ist wie die Leute, die rauchen und sagen, wenn ich will, ich höre jetzt auf. Dabei denkst du eigentlich jeden Tag, hey Mann, höre ich auf. Hey Mann, dann stehst du auf, dann denkst du, boah, jetzt giffe ich nicht mehr. Kennst du da etwa, also wirklich 1,5 Jahre jeden Tag? Ich so, ja, ich höre jetzt auf. Und nachher nicht. Ja. Es ist schon so oft so, dass du dich selber belügst. Es ist echt Wenn wir gerade bei den Celebrities sind, die eben auch Drogen nehmen, ein ganz krasser Fall ist der Sido. Er ist ja berühmt bekannt gewesen, dass er immer gekifft hat. Und irgendwann hat er eben einen Kollaps gehabt, jetzt vor kurzem. Ist Echt? kein halbes Jahr gewesen. Und ich weiß zwar jetzt nicht, ob er jetzt noch Drogen nimmt, aber ihn hat es richtig verwünscht gehabt. Und er hat auch keine härtere Drogen genommen. Hey, ich habe wieder mal 1-2 Mal probiert, zum einen puffen. Und ich kann nicht mehr. Ich komme Paranoia über. Okay. Also nicht Paranoia, es ist mir wirklich unwohl. Ja.
So wie eine Psychose sozusagen. Und früher habe ich ja tagtäglich mehr als genug geraucht, aber jetzt ich verträge es nicht mehr. Okay, ja, das ist schon Aber eigentlich ich sage gut. eben, es ist, wie sagt man dem schon wieder? Es ist so umgänglich Gras und es ist so eine konventionelle Droge, weil erstens, es wird als so harmlos angesehen und du kommst so schnell dazu und du hast kein Problem damit. Ja, und ich muss sagen, es ist gar nicht harmlos. Also, Willst du das legalisieren? aufpassen. Aber es Wirst du es gibt, legalisieren? ja. Du hast halt, also ich meine, du hast so viele unnötige Probleme und so viel Bürokratie, Scheissdreck und für den Staat ist es ja auch lukrativer, wenn er einfach selber kann das Zeug verkaufen kann. Anstatt wie wenn du es legalisierst. Und mit dem legalisierten Konsum hast du einen kontrollierteren Konsum. Also du hast weniger Streckmittel, du hast sauberes Zeug. Es ist wie kontrollierter. Ja. Es ist halt das Produkt ist dann wirklich, das, Genau. du bekommst, weil das Gras, das du auf der Straße kaufst, sag ich jetzt einfach mal, da ist ja Gras, schon aber da sind Scheiss, so viele Zusatzmittel drin, dass sie da hart pusht, dass es fast schon keine einfache Droge mehr ist. Es hat ja auch eine Aber ich exorbitante würde Wirkung. es nicht so verharmlosen. Also ich sehe, dass kennt ihr den Andrew Huberman? Ja, gerade den Andrew Tate. Kennt ihr den Andrew Tate? Kennt ihr den Andrew Huberman? Voll, der der redet Psychologe. ja mich auch über das Zeug. Und das THC hat auch sehr positive Wirkung. Aber es ist ja eher, es ist das Rauchen, das nicht so gut ist. Du sollst ja eher essen, wenn, oder ja, wie sagt man dem? Damit Indien. Oral konsumieren. Oral konsumieren. Jetzt sind wir da wieder bei unserem Erotik-Podcast. Show me your hips, baby. Schon da eine die. Ja, ist schon R&B-Sänger. Mike, check. Also die Stimmen sind schon mal nicht so schlecht am Fall. Gell? Ja. Richtig smooth. This song is very special to me. It means a lot. Und jetzt eine halbe Stunde lang klatschen und Ja. du musst erstmal so rumschauen, wie in den Shows Schweiß abwischen und dann anfangen. Ich finde es geil, wie der Okay. R&B. Thank you everybody for being here. Ich finde die R&B-Sänger geil, wo so einfach so random Frauen verholen, dann macht Ja, er Striptease für sie. Alter. Das ist so This is gonna Legende. be a very special night for you. Ich schwöre, die vergeilen komplett, die schmelzen einfach dahin. Ja, legalisieren, ja. Ich glaube, es wird auch verharmlost, wenn man es offener mit dem umgeht, in dem Sinn. Es wird ja automatisch auch so in den Köpfen verharmlost. Aber ich glaube, es wird schwierig in der Schweiz, weil die Schweiz lebt ja von dem, dass eigentlich all die, sag jetzt mal pauschal oder halt irgendwie provokant Kriminellen uns vertrauen mit dem Geld, oder? Und auch allgemein die Banken und so Zeugs, die vertrauen ja komplett das Geld da in der Schweiz. Oder vertrauen, also wir bauen ja eigentlich auf das auf, dass Leute uns vertrauen in der Schweiz. Ah, Aber du das bist so ist früher noch- international. International. Aha, okay. Und ich glaube, der Vertrauen wird echt ein bisschen gebrochen, international, wenn sie denken, krass, ich lagere mein Geld irgendwo, wo eine Droge legal ist. Okay. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, Da ist das früher bricht noch, sich ein bisschen. da mit dem Geld, da ist früher noch in der Schweiz viel mehr ein Thema gewesen, als es jetzt ist. Du kannst das Geld auch bei anderen Ländern lagern, genau gleich gut wie in der Schweiz. Also da ist früher noch mal Weltkriegzeiten. Vor allem ist ja viel mehr Bargeld los. Ja. mittlerweile. Ja. Schön. Du kannst alles, das ist alles Ja, digital, du digital. kannst alles nachverfolgen und Krypto, sorry, mit Krypto kann ich zahlen, wo ich will. Leute, ist egal, wo ich Nein, es bin. geht um das eben Buchgeld. Buchgeld ist eigentlich immer noch etwas, das auch fiktiv ist. Ja, voll. Es ist ja nicht in dem Sinn physisch. Aber auch da ist schon etwas, wo du musst Vertrauen haben, glaube ich, um da irgendwo lagern. Aber es zeigt sich wahrscheinlich einfach, dass es... Portugal hat es auch gezeigt. Portugal hat ja auch alle Drogen eigentlich legalisiert vor irgendwie ein paar Jahren. Und sie können mit dem viel, viel besser umgehen. Und auch all die jetzt in dem Sinn süchtig sind, die werden nicht als Kranke angesehen, sondern Leute, die einfach behandelt werden. Und halt auch begleitet, wie man jetzt gerade von den Eltern vorkam. Die werden einfach effektiv begleitet. Durch die ganze Scheiße. Das ist wahrscheinlich wieder, aber im Marihuana ist eigentlich oder alt, also das ist auch ein Heilmittel. Also früher in Indien hast du auch jetzt, du tust ja nicht, klar rauchen ja, also bei uns im Norden oben, kannst du einfach vorbeilaufen und da hast du Plantagen offen. Also, Ja, aber da vorbeilaufen. kommt nicht von dem, da kommt ja vom Hanf. Hanfseil, Ja. Hanf. voll. Sanitär. Ja, das ist auch Rohrabdichter, nicht Hanfseil. Ja, Frau genau. noch verhampfen. Props an jeden Sanitär da draußen. Ist- Irgendeinen Gedanken habe ich vorhin noch Also danke vielmals fürs Zuhören. Danke. Nein, noch lange nicht. Wo sind wir gewesen, Alter? Jetzt dann Machen wir doch Machen wir einen Cut. einen Cut bei Drogen. Macht, was ihr wollt. Wir empfehlen es nicht. Ich habe übrigens noch nie gekifft.
Geht's auch nicht? Ja, nicht. Stabil, echt. Karan? Hey, Du auch es, gibt, nicht? es gibt ein... war nicht überhaupt gemacht. Es gibt eine Droge, die ich gut finde, die ich ehrlich muss sagen, die ist gut. Komm mit Pilz. Ja, Echt? ist ja Bild. Aber nicht irgendwie die Champignons. Scheiß-Trüffel aus Amsterdam, aus diesen Böckchen, Ja. sondern richtige Pilz und in der richtigen Dosis. Das ist krass. Okay. Das ist wirklich... Was macht es denn eigentlich? Hey, es macht dich bewusster. Ich schwöre, es ist wirklich... Was heisst Du bist das? viel naturbezogener, du denkst viel... Du wirst... Boah, das ist schon schwierig zu erklären, wenn du es eben noch nie genommen hast. Du wirst wie so mehr Mensch. Aber es kommt auch auf die Dosis drauf an, die du nimmst. Aber wenn du einen Pilz nimmst, also ich habe keine Chance in der Stadt zu hängen mit den Leuten. Du kannst nicht aufs Handy schauen. Du merkst richtig, wie ungesund der Licht ist. Du bist, Oder so. Okay. ja, gehst auf die Wiese, barfuß, du spürst die Energie von der Sonne, du denkst viel bewusster, viel tiefgründiger. Ja. Das ist eine crazy experience, muss ich sagen. Fühlt sich auch eine Umarmung anders an, Ja. auf Pilz. Ja. Also du nimmst die Energie hure krass wahr. Du spürst richtig die Energie. Ja. Also so richtig das Herz vom anderen Menschen. Ja, also du spürst auch, wenn ein Mensch dir nicht passt, Ja. die Energie. Es Also ist wir müssen wie- glaube ich alle Pilze nehmen Verstehe. während dem Podcast. Die machen wir Einmal. Nachher machen wir alle um. Dann wird es wirklich ab 18. Bevor ich gehe, müssen wir noch Asia Experience Podcast machen. Dann laden wir Ladyboys ein. Yes! Das ist eigentlich schon mal für den trainierst, wenn du in Thailand bist. Genau. Sawadee-Kap. Wann gehst du eigentlich? Am 31. Oktober. Und dann, darf man da sagen, wie lange bleibst du da? Hey, 3 Monate bin ich fix dort. Ja. Ich Also, schaue, was sich ergibt. Also wenn es lange, dann bleibe ich gerne länger. Oder wenn es mir gefällt, besser gesagt. Vielleicht komme ich auch nach 3 Monaten schon zurück. Aber ich würde es auch recht geil finden, um mal eine Zeit im Ausland zu verbringen. Oder vielleicht vom Ausland aus zu arbeiten. Ja. Weil ich bin jetzt wirklich... Ich muss sagen, es ist eine schöne Stadt, aber nach 25 Jahren hast du es gesehen. Also Definitiv. ja. ja, du hast wahrscheinlich auch komplett verdient, Alter, nach all den Jahren, wo du da Ja. durchgezogen hast und nicht nur für 3 Monate. Hast du auch verdient, zum 3 Monate irgendwo anders. Zumal 3 Monate reisen. Bei dir sind so 3, weißt Ja, du? ich weiß nicht, das ist dieser meine Zahl. Lebenszahl drin. Geil. Also mit 22 hat sich ein paar Sachen bei dir changed. So. Yes. Du bist... Schau, die Erinnerungen, die ich habe. Ich bin ja nicht in der Stadt aufgewachsen. Ich bin stolzes Dorfkind. Wo bist du aufgewachsen? Oberutzwilen. Oberutzwil. Meine Vater arbeitet dort. Wo schafft er? Also Oberbüro im Faust. Logistikzentrum. Ah, das hast du mal gesagt. Stimmt, ja. dort hast du ja, glaube ich, auch geschafft. Ja, ja, dort habe mein Vater richtig fremdschämen für mich. aber Ja, richtig stabile Arbeiter, kommt sein Sohn richtig Arbeit. Ja, Gina. Stimmt. Und die Erinnerung, die ich noch habe, weil halt nicht die vorne kennt in dem Sinn, ich habe den Dan vorgekannt. Und ich habe irgendwie in einer Story gesehen, wo ich angefangen DJ. Yes. Und der war sogar im Floh. Yes. Yes. Dort haben wir angefangen, so richtig. Ja, der Dan hat es uns auch gezeigt. Ja. Der Dan ist der Master gewesen. Wie ist da zustande gekommen? Also hast du den Dan vorher schon kennengelernt? Hey, der ist schon spannend. Also ja, ich kenne den Dan schon längere Zeit. Ja, Props an Dan. Liebe Grüße dann. Liebe Grüße. Grüße. Gib gute Kommentare. Nein, Der Katar gewesen, oder weißt du das? ja. Ja. Hä? Ist ja der Katar gewesen, gell? Recht laut. Ich weiß nicht. Das war kurz nach Corona, glaube ich, habe ich gemeint. Das ist eigentlich recht. Oder nachdem es aufgehört hat. Fußball? Ja, Irgendwas ja, früher. das ist im Fall wirklich vor was sind da? 2 oder 3 Jahre gewesen. Ja. 2 Jahre, so etwas. Keine Ahnung, recht spontan. Wir sind bei mir daheim chillen gewesen. Wir haben Fajitas, glaube ich, oder so gemacht. Ich, der Dan, der Dario und nochmal ein paar. Und nachher sind wir irgendwie aufs Thema DJ gekommen. Und nachher, ich hatte eigentlich schon immer mal lernen, aber ich dachte, das ist schon schwierig. Ja. Und nachher hat es dann gesagt, also, nein, das ist voll einfach, ich kann euch das beibringen und so. Ich so, sicher nicht, ich so, lernen wir da, weißt du? Ja. Dann ins Flow gegangen, lernen. Dann, hey, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal etwas... Ja, Hardcore ADHS. Das heisst, bei mir ist... Ich kann mich nicht eine Stunde voll auf etwas konzentrieren. Das ist schon schwierig. Ja. Also, merkst du auch die Also ganze hast du wirklich? Oder? Hey, ich habe mich noch nie so krass auf etwas konzentriert wie beim Auflegen. Also wirklich 2 Stunden einfach so. krass. Und die so am Warten zum Heimgehen eindeuten voll so. Ja. Und nachher, wir hatten ja dort noch den Laden gehabt, mit denen vom Closet. Und dann haben die da mitbekommen. Und dann, weil sie den anderen richtig gut, also den einen gut kennt vom Affekt, hat sie gesagt, ja, können die mal im Affekt auflegen am Donnerstag.
Und Bro, ich hatte keine Recordbox. Also du weißt, Bro, ich habe nicht mal eine Recordbox gehabt. Was heisst das? Wie hast du denn Bro, ich habe nicht mal BPM-Zahlen von deinen Tracks gesehen. Also ich habe keine Spur, nichts. Ja. Und ich schwöre, hätte ich da irgendwo anders gemacht. Ich glaube, die hat mir gerade gesagt, kannst du abstellen. zum weißt Glück du, ist Bro, ab. Ja, zum Glück ist vor allem Nachher, am aber Donnerstag. ohne Flyer, ohne nichts, weißt du, einfach so kommst du mal ein bisschen üben, es ist jeden Donnerstag leer. Nachher, was passiert? Ich gehe dort hin, auf das Mal sind irgendwie 100, 200 Dorfleute dort, also voll, Ja. nicht leeren Laden. Ich dort am Auflegen ohne Recordbox, mein Freund. Aber heisst Weißt du, Recordbox? Recordbox? Ist er in der Mitte? Bro, das ist eigentlich der Equalizer von den Tracks. Also, du siehst nach BPM-Anzahl, du So. siehst Tonspur, okay. du siehst Tonlage. Ja. Da musst du jetzt nicht unbedingt schauen, aber es ist, ja. Und wenn du nichts siehst, und Bro, ich habe... Also das eine hast du Vinyl aufgelegt. Der war für Vinyl, Bro. Schlimmer als wenn du bei Spotify die Lieder wechseln. So, Holzschallplatte, oder? Nein, einfach so, tack. So, Einfach ein bisschen Reverb rein und dann tack. Also wirklich lustig, aber die Leute haben es voll gefühlt dort. Ist geil gewesen. Ja. Und dann hat der Tanner vom Affekt gesagt, also machen wir doch so einen kleinen Freitag quasi mit dir den ganzen Monat und dann immer B2B mit jemandem. Okay. Nachher, ich glaube, ich weiss, das zweite Mal war mit dem Morgan. Schon mit dem... Mit dem Morgan. ja, Ja, mit weißt dem du- Morgan, Bro, und ich sehe, wie der aufleitet und ich so... Ich so, Bro, Ja, keine Ahnung. ja, keine Ahnung, was soll ich da machen? Ja, aber ist geil gewesen. Und nachher, so hat er eigentlich er angefangen. Ja, voll. Und dann ist ja der Affekt ist einmal voll wild gegangen. Ja, Das ist voll. hure- das ist- In Corona-Zeit das ist ist Affekt. geil. Im Fall, wir sind eine halbe Stunde bis so eine Stunde angestanden Ja, draussen. das ist so eine geile Amix, Bro, ja. es ist so abgegangen dort Affekt drinnen. ist Das ist so eine pumpe- geile Zeit gewesen. Ja. Jetzt ist Ja. ja nicht mehr so. Eher weniger, gell? Leider. Kommt, weißt du, Ja, nein, ja. es ist schon voll. Es ist eigentlich schon voll. Zum Beispiel jetzt am Samstag war es auch easy gewesen. Aber das ist bei jedem Laden, glaube ich, jeder Laden hat mal so ein Jahr, zwei, sein Hoch, wo er recht läuft und dann wandert es immer ein bisschen über. Ich meine, früher, wenn du denkst, vor 5, 6 Jahren war ja Brühlgasse einmal bombenvoll gewesen. Ich meine, dort mit Box, 5 Liebabend und alles. Die Leute sind ins Caliente gegangen. Weißt du? Und das war bombenvoll gewesen. Und das ist jetzt auch nicht mehr so. Es wandert immer ein bisschen über. Ja, das ist so. Und Aber Alhamdulillah läuft jeder Laden gut. Ja. außer der, wie heißt der, Rockstar Bar, die Shisha-Bar. dort. Ja. Weißt du für einen Laden? Wer ist Rockstar? Dort bin ich noch nie hingegangen. Ich habe so Rockstar? Stories gesehen. Wo du in der B9. Box warst. B9. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob der läuft, also, aber der hat schon da mit Nein, den nein, zwei. nicht B9. Das ist schon der Marktplatz, oder? Das ist auch vorhin Rockstar gewesen. Wie heißt P9. Plan B meinst du? Plan B. B9, nein, Plan B. Nein, B9. So Cut. Nein, der B9 Beste. Nein, ist ein geiler Laden. Also, blöd gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt meins, aber ich meine, jeder Laden spricht sein eigenes Zielpublikum an. Absolut. Ich so, warte schnell, da müssen wir jetzt echt rausschneiden. Ich kann da nicht Gib ihm. schlecht über andere Ja, Läden. nein, Weil ja, ich kenne die Leute nicht. Ja, logisch. Ich so voll der Kackladen, Mann. Voll der Kackbesitzer. Nein. Nein, Nein, du sagst es. jeder Laden spricht sein eigenes Zielpublikum an. Jeder richtet seinen Laden so ein, Ja. wie es ihm gefällt. Genau. Deswegen ist das ist wie bei Musik. Kennst du, wenn Leute irgendwo hingehen und sie sagen ja voll Scheiß Musik. Du kannst das nicht als Scheiß bezeichnen. Das ist individuell. Das ist wie ein Das ist nicht Buch. Ich dies. kann nicht sagen, das Buch ist Scheiße. Ich kann sagen, mir gefällt es nicht. Voll. Und genau so ist es bei der Musik. Ich kann nicht zu einem gehen und sagen, der leitet ja voll den Scheiß-Sound auf. Das ist jetzt voll diplomatisch ausgedrückt, damit dann sicher noch Voice-Over, dass du sagst, hey, voll den Kackladen, bla. Aber dass das auch so überkommt. Ambivalenz zwischen den zwei Aussagen. Also, schau, du hast vorhin gesagt, du bist einfach random am Donnerstag in Affekt. Ja, Du hast gar keine Ahnung gehabt. keine Ahnung. Bro, aber wie hast du die Songlist vorbereitet, wenn du keine Ahnung hast? Bro, Wie ich bin macht ein man das? Mensch, ich kann Sachen nicht. Es gibt gewisse Sachen, die kann ich einfach nicht zu fest planen. Ich glaube, das sagen, du bist nicht so einer. Ja. Das ist wie beim Reisen. Ich gehe so Travel-Blogs anschauen und lese so Sachen und dann sehe ich, Bro, die Leute planen dir das ganze Zeug. Ich fange das so an, probiere richtig die also, richtig Autismus. Einfach spontan. Ne? Ja. Das ist wie wenn ich mich jetzt vorbereiten da auf den Podcast. Da kommst du Autismus über. Ja, wie gesagt. Dann läuft alles falsch, wenn du so sagst. Ja. Ja, es gibt auch zwei eben. Wenn ich jetzt auch viel gesehen habe, ist einmal, entweder du hast einen USB-Stick, wo alle Genres, alle Tracks hast. Es ist geiler, also früher habe ich gar nicht sortiert. Ja. Und mit der Zeit
auf dem USB-Stick. Ja. Es ist einfach einfacher zum Sachen suchen, finden, wenn du dein Zeug dort sortiert hast. Aber es hat vorbereitet, keine Ahnung, das ist relativ schwierig, weil du bist ja nicht in dieser Grössenordnung, dass die Leute nur wegen dir kommen. Ich meine, aber eine gewisse Größe als Künstler gibst du ja, ist es kein Gig mehr, sondern blöd gesagt ein Konzert. Ja, es ist eine Und die Leute Performance. warten auf dich und sie kommen für dich. Und es ist blöd gesagt zum Teil egal, was du spielst, sie finden es geil, einfach weil es du bist. Und ich glaube, wenn du so Local DJ geht es darum, zum einfach einen Vibe zu kreieren. Und dann ist es eigentlich manchmal mega frech, weil du bist ja in der Unterhaltungsbranche, du bist ein Entertainer. Also ist es eigentlich hure frech zum Teil. Ich bin jetzt auch so, wenn du sagst, hey, ich spiele einfach den Sound, den ich Bock habe. Weil eigentlich bist du ja dort, um die Leute zu unterhalten. Und dort ist ein bisschen, ja, ist auch ein bisschen Da musst du dich ein bisschen abschätzen. ja, musst du ein bisschen abschätzen. Wegen dem ist schwierig du kannst schon ein Set vorbereiten, aber es ist schwierig zu sagen, ich spiele jetzt den Track, den. Weil zum Teil gehst du hin, dann spielt der vor dir etwas ganz anderes, dann kannst du vielleicht schon mal nicht so schneiden oder die Leute fühlen da voll, was er vorher gespielt hat. Und dann musst du ein bisschen schauen, wie reagieren die Leute auf welche Tracks und dann kannst du ein bisschen rausspüren, was du spielen kannst. Okay, ja, das ist gut. Und ist da nicht irgendwie so, dass ein DJ eigentlich, wie soll ich sagen, die Macht hat, zum ein Opinion Maker zu sein? Weil du hast ja gerade vorhin gesagt, du probierst die Lieder aber- so zu spielen, dass ja. einfach so wie ums Ja. Maul, also dass irgendwie so alles passt mit den Liedern und so, aber du bist eigentlich auch der, der halt neue Stimmung kann kreieren mit neuen Liedern, mit vielleicht neuen Genres, vielleicht neue Fusions und Voll, alles. ich finde, da ist da, wo ich einmal nicht so geil gefunden habe, muss ich sagen, also die St. Gallo Szene ist ja recht eine spezielle Szene. Und Beschreib es ist da, mal- was heisst du das musst- speziell? Spezielles ist, wenn du da eine Veranstaltung machst oder ein A-Rave oder sonst etwas, dann geht es ja, wenn du eigentlich anschaust, geht es im Techno immer um die Musik. Es geht in keiner anderen Genre oder keinem anderen Bereich geht es so um die Musik wie jetzt im elektronischen Bereich. Voll. Und darum ist ja, also ich meine, das ist ja eigentlich der einzige, wenn du in den Club gehst und ein DJ leitet Hip-Hop auf, sind ja nicht alle Leute auf den DJ gerichtet. Und beim Techno sind immer alle Leute auf den DJ gerichtet und es gibt, jetzt klassisch gesehen, es gibt keine Lounge, es gibt kein VIP, VIP, es gibt keine Flaschen, es ist scheißegal, früher ist scheißegal gewesen, was du anhast, du kannst mit Trainer kommen, du kannst barfuß kommen, es ist scheißegal, was für eine sexuelle Orientierung du hast. Und da ist es eigentlich im Techno gegangen, dass eigentlich, hey, in dem Moment sind alle gleich, also für mich jetzt so, in dem Moment sind alle gleich und es geht um die Musik. Und mittlerweile ist halt, der Ganze hat sich so sehr kommerzialisiert, dass die Leute kommen nicht mehr wegen der Musik, sondern sie kommen für die Show ab. Ja. Sie können quasi Stories machen. ja, Irgendwie ein bisschen schauen, was läuft dort, hey, es läuft etwas, geil, weißt, wir gehen dort hin. Dabei. Und das ist eigentlich das ist mega unfair gegenüber dieser Branche, weil du als Veranstalter willst ja geile Bookings machen, erstens, von geilen Künstlern, wo für dich auch geile Sound machen. Und wenn dann einfach irgendwie 40% der Leute, die kommen, eigentlich den Sound gar nicht fühlen, ist das mega also weißt, ich sage nicht, die Leute sollen nicht kommen, es ist ja offen für alle. Und es ist dann wirklich schade, wenn dann zu viele Leute kommen, die den Sound gar nicht fühlen, die den nicht tanzen, wo dann einfach so der Vibe ist, ja ein bisschen rumstehen und ein bisschen reden. Genau. Das macht das Ganze kaputt. Weil weißt du? deine Motivation nehme ich an, Ja, kratzt. ja, ein bisschen. nachher kommt eben genau auch da, dass du nicht kannst einfach immer da, also du kannst schon, aber sollst quasi nicht einfach da spielen, wo du willst, weil du merkst eben, die Leute Fühlen es sind nicht. zu wenig in dieser, also zum Beispiel ich habe mittlerweile mit der Zeit entwickelst ja ein bisschen, So einen eigenen Stil und nein, ja auch der Geschmack tut sich weiterentwickeln und ich habe hure gern, also zum Teil auch recht abstrakte, nicht hart, aber also weißt du, so in der Range eigentlich eher langsam, Okay. aber recht abstrakt, mit komischen Geräuschen, komischen Tönen durcheinander und da fühlt jetzt nicht jeder. Und ich meine, jemand, der keine Techno fühlt und das gehört, der denkt sich, Bro, was ist das für Musik? Das ist ja wie eine Werkstatt. Ja. ja. Und eben, da habe ich gemeint mit speziell, dass da hat's wie nicht so die Szenen, die leben für den Sound und nur für den Sound kommen, weil da gibt ja nachher auch den Vibe. Und wo ist es anders in der Schweiz? Ja, also ich glaube in einer Großstadt, zum Beispiel, wenn du jetzt auf Zürich gehst, Ja. jetzt als Beispiel, und du gehst ins Hive, dann sind die meisten Leute, die ins Hive gehen wegen dem Sound dort hin. Erstens, wie die Leute drauf sind und wegen dem Sound. Und die fühlen den Sound auch richtig. Und
Und da merkst du so krass, da gibt es so einen anderen Vibe. Also da kannst du die Hälfte der Leute haben und der Vibe ist einfach anders. Es ist einfach, du merkst, die Leute kommen wirklich für den Sound. Und das macht mega viel aus. Und da ist das, was ich gemeint habe, wo ich eben nachher, wo für dich als Veranstalter oder für dich als Künstler ist es wirklich schade oder macht das Ganze wie kaputt, wenn die Leute einfach so kommen. Du hast sicher in vielen Das ist wie wenn du eine Modemarke hast und du machst, sagen wir jetzt eher speziellere Sachen, dann willst du ja auch nicht, dass einfach jeder random, also nicht gefrontet gemeint, aber du willst ja auch nicht, dass einfach jeder da trägt und jeder da kauft. Du willst ja, dass die Leute da kaufen, die das auch wirklich geil finden und die das auch wirklich dann gerne tragen. Ja. Das ist halt, ja, du musst dich halt wie entscheiden. Es ist halt, ich glaube, du willst, dass es auch wie so eine Kultur bleibt und nicht zu fest Kommerz wird. Weil bei ein paar Veranstaltungen ist es wirklich so, der Vibe war sehen und gesehen werden. Irgendwie mega geile Musik, aber keiner bewegt sich, wie man sollte. Genau. Und da hat schon St. Gallen ein kleines Problem. Ich weiß Also nicht, wie es in wirklich- Zukunft aussieht. Ja. Und Ja. das Gleiche mit der Mode oder Sex auch Rap, wenn wir vorne sind oder dies und das. Ich habe auch mal gesagt, mir egal, so mache ich die Musik, auch wenn es dann nur 2000 hören, aber wenn es dann die 2000 sind, dann sind da 2000 geile Sachen. So. Ist ja der Das ist Flair eine geile gewesen, oder? Einstellung. Mit den 2000. Oder vielleicht- Aber eben, wir sind beim Opinion Maker stehen geblieben. Und darum wollte ich sagen, dass heutzutage, ich finde es interessant, einmal, zum Beispiel weil ich komme eher aus dem Hip-Hop und dann sind ja die Künstler, die gross sind im Hip-Hop, sind recht starke Persönlichkeiten, die dort stehen, die sich gerne zeigen. Und beim Techno sind es eher die Berühmtheiten, sind, also außer jetzt ein Solomon oder ein Diplo, so quasi die ganz riesigen, aber sonst so krasse Künstler wie ein Dixon, wie ein Arme, für mich jetzt Innovision, das geilste Label. Das sind eher recht introvertierte Personen. Das sind recht ruhige, recht spezielle und also auch viele, wo die ganze Szene prägt haben, wo live auflegen, sind eher introvertierte Ja, weil sie sich Personen. mehr auf die Musik Genau. fokussieren. Und dann, wenn du ein Zielpublikum hast, das den Sound nicht geil findet, ist es mega schwierig, um als introvertierte Person so einen krassen Vibe zu kreieren. Weil die Leute wollen ja quasi, dass du dort am liebsten Konfettikanonen rumschießt und rumjuckelst und alles. Und wenn du so extrovertiert bist, dann ist es einfach, um einen Vibe zu machen, weil die Leute schauen, wie du dich bewegst. Aber wenn jetzt die Person eher introvertiert ist, dann ja. Also ich würde sagen, dass du selber jetzt introvertiert bist. Mit dieser Beschreibung. Ich bin schon eher extrovertiert. Nein, dann merkst du auch bei den Gigs, wenn du auflässt. Aber ich finde als DJ jetzt, zum Beispiel, eben, wenn ich jetzt vergleiche Deutschland, oder? Dort, es gibt Raves, wo du den DJ gar nicht siehst. DJ ist irgendwo links, Ja, das ist- irgendwo abgeriegelt, du siehst ihn nicht mehr richtig. Leute sind schon gerichtet so zum DJ, aber nur die Musik. Es geht nur um die Musik. Oder? Geil. Und Hey, aber ich hatte ja auch gesagt, oder du, wo du mich gefragt hast, habe ich ja gesagt, eben quasi, dass es mich anschießt, zu fest auf mich bezogen, Voll. über das zu reden. Und ich finde es auch, ich bin so an einem Punkt angekommen, wo hast du auch nicht mehr gerne hinterm Pult. Aber nicht wegen der Musik oder so. Mir schießt es an, dass ich will nicht im Mittelpunkt stehen, verstehst du? Okay. Ich habe das nicht gerne. Ich will lieber so ein bisschen zurückgezogen. Ich erzähle gerne etwas oder zeige gerne etwas von mir. Aber mir schießt es an, voll im Mittelpunkt zu stehen. Ja. Und das ist auch jetzt etwas, was ich sagen muss, es ist wirklich nicht mehr so meins. Weil mir schießt es an, dass es einfach nur um dich geht. Ist denn der Hauptgrund gewesen, wieso du aufgehört hast? das war eine Frage. Von der Community. Das war eine Community-Frage. Ey. Was? Wir machen jetzt hier einen Cut. Wir machen jetzt hier einen Cut. Danke fürs Zuhören und bis Weißt zur du, nächsten jetzt Folge. passiert hat? Sexy, aber nein, du musst in Fari Back-Stimme sagen. Dann, Ja, der wäre geil, ja. Nein, warte. Bevor wir da sind, hast du ja, ich weiß halt nicht, also mit dem Dario hast du ja Musik gemacht und mit wem noch und nachher haben wir ja Octagon gemacht. Ja, voll. Willst du noch etwas dazu erzählen? Weil das ist für mich so der Moment, wo ich die halt auflegen gesehen habe. Und der Vibe von euch ist wirklich mega gewesen. Ich habe da immer gefeiert. Wenn ich gewusst habe, dass du und der Dario auflegen, dann wird es geil. Schau, wie herzig er lacht hat. Ja, Nein, Nein, aber es ist so. Aber Nein, es ist schon nicht so. weil ich weiss, du meinst sehr lach. Hey, es ist hure geil gewesen. Also Octagon ist eigentlich ich und der Dario und der Yoshi noch gewesen, und Ja. auch der Nelson. Und
Also wir haben eigentlich, ich und Dario haben Octagon gemacht, hauptsächlich, weil sie uns angeschissen hat, um ein Intro zu spielen oder so. Und wir wollten unsere eigenen Geil. Events machen, so Geile wie Idee, wir ja. wollen. Geil. Und zum auch da können spielen, wo wir wollen. Und es ist ein hoher Vibe gewesen. Also vor allem Maximal. die ersten Boiler Rooms, das ist richtig wild gewesen. Also ja, das war eine geile Zeit gewesen. Aber ich habe halt nachher eben gesagt, easy, ich sehe mich nicht mehr so in dem. Ja. Also nicht wegen ihnen, gar nicht wegen dem oder so, sondern halt wegen mir, weil ich gemerkt habe, es macht mir nicht mehr so Bock. Vor allem auch... 3 Monate sind rum. Ja, nein, das ist ein bisschen länger gewesen. Ja, nein, auch da zum im Mittelpunkt zu stehen und nachher habe ich auch gemerkt, mit dem Auflegen, es macht mir nicht mehr so Spaß und also die Musik selber schon, aber aus diversen Gründen halt eben wie sich die ganze Szene verändert hat und ich bin jemand, wenn ich das mache, muss ich mich immer recht kredibil fühlen. Verstehst du, was ich Ja, meine? absolut. Und dann zum Beispiel für mich ist wenn jetzt der Karan auflegt und er lädt live auf, dann ist er für mich kredibil, weil er macht etwas, was nicht jeder machen kann. Das, was er macht, kann nicht jeder machen. Das sind Live-Spuren eingespielt, die er selber produziert hat. Dann ist es etwas anderes. Und ich habe gesagt, hey, entweder lerne ich da und sonst einfach immer ein DJ mit einem Stick bleiben. Jetzt nicht gefrontet, aber einfach für mich das fühlst du dich dich lächerlich. Und nachher, weil es jeder eigentlich machen kann, dann, auch weil es sich eben so kommerzialisiert hat und es fängt auch mittlerweile auch jeder auflegen. Es ist ja, jeder, der das Spaß macht, soll das auch machen. Das ist ja da nicht negativ ausgerichtet. Aber dann habe ich einfach für mich müssen sagen, hey, in dem sehe ich mich nicht. Und das ist jetzt nicht etwas, das ist ja auch da, was ich nachher geschrieben habe. Das ist nicht etwas, was ich jetzt für mich repräsentieren will. Aber ich muss auch sagen, es tönt da irgendwie alles. Alt geworden, Bro. Hä? Ich bin zu alt geworden. Nein, nicht zu alt. Es ist einfach. Es fehlt. Nein, so es ist auch der Paradox. Ich meine, das ist auch der Grund gewesen, warum ich gesagt habe, ich höre im Kult auf. Es ist nicht wegen Differenz oder so. Du hörst im Kult auf? Ich habe schon. Ja, vielleicht wissen die anderen da nicht. Ja, nein, es ist der Paradox. Es ist irgendwann... Schade, Mann. Schade, wirklich schade. Was? Jetzt kann ich dort nicht mehr hingehen. Sicher, Mann. Nein, Spaß. Also man gratis der Nelly ist Toni. Ja, Das hat immer noch. Der Nelly. Gruß. Nein, Gute Stunde. was ich jetzt sagen? Es ist auch... Keine Ahnung, irgendwann... Ich bin 25 geworden und dann habe ich mal sagen, hey, schau, ich bin jemand, ich habe so krasse Existenz, also so krassen Erfolgsdruck. Ich mache mir einmal so einen Stress, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt morgen Millionär werden und finanziell unabhängig Scheisse, und sonst Mann. habe ich versagt im Ja. Leben. Ja. Du kennst das aber wirklich extremst und ich habe jetzt so einen Stress wegen dem. Ja. Und dann habe ich mir auch sagen, so, hey, schau, ich bin jetzt 25, es kann nicht sein, dass ich immer noch am Überlegen bin, was mache ich jetzt oder was ist da, was ich jetzt die nächsten 10 Jahre mache. Und dann fängst du auch ein bisschen tiefgründig an überlegen. Und dann musste ich sagen, hey, ich bin kein Mensch fürs Nachtleben. Ich meine, ich schwöre, es ist wie wir gesagt haben, die erste Überwindung. Ja. Aber ich stehe gerne früh auf. Ich stehe lieber am 6 Uhr morgens auf. Ich gehe lieber trainieren. Ich lebe lieber gesund. Weißt du, was ich meine? Ich schaue aufs Essen, habe Zeit zum Kochen, habe Zeit zum auf das schauen. Bin am Abend daheim, lese ein Buch. Ich bin mittlerweile ich bin in dem Stadium. Oder das ist das, was ich gerne habe. Und, hey, ich muss ehrlich sagen, mich schießt an bis um 3, 4 Uhr morgens wach bleiben jeden Tag. Und wenn du das nicht fühlst und wenn du das nicht lebst, dann macht dich das kaputt. Macht es echt kaputt. Das macht dich kaputt, man. Es ist der Rhythmus, es ist die Leute die ganze Zeit. Nicht negativ gegen die Leute reden, aber ich bin auch jetzt langsam an dem Punkt angekommen, wo ich muss sagen, hey, das schießt mich an, den ganzen Abend mit betrunkenen Leuten hängen und einfach oberflächliche Smalltalks führen. Und dann habe ich für mich einfach müssen sagen, das ist nicht das, was ich im Leben will und wegen dem habe ich dort auch einen Cut gemacht. Und dann habe ich auch müssen sagen, mit dem Auflegen ist, man muss da etwas halbpatzig machen, also entweder machst du es 100% oder du machst es gar nicht. Und dann habe ich mir auch müssen sagen, hey, also ich bin ein Mensch, wenn ich etwas echt will, dann ich bringe das an. Wenn ich etwas will, dann ich bringe das an. Und dann habe ich mir sagen, hey, entweder gebe ich verdammt einen durch und werde quasi gross in dieser DJ-Szene, weil sonst schießt es mich an. Weil ich will nicht einfach irgendjemand sein. Ja, irgendeiner, der ein bisschen Local-Gigs hat. Und dann lerne ich produzieren und release Tracks und alles. Und dann habe ich mir sagen, ich fühle es schon mega, aber es ist nicht da, wo ich wirklich will. Und auch vor allem da mit meinem Mittelpunkt stehen, auf diese Art ist nicht da, wo ich fühle. Und
ich meine, ich komme PTSD von PCs über, wenn ich zu lange am PC bin. Schon bis ich das gelernt habe zum Produzieren und so. Hast du das Keyboard noch genutzt? Ja, ich hasse Es noch, Ich aber- hasse noch. Ja, ich habe schon Ich probiert, weiss noch, aber du- ich musste sagen, kann ich. ist schon Hey, ja, angefangen logisch denken und einfach rechnen, Aufwand, Ertrag. Ja. Quasi, wie viel Zeit investierst du und weißt da, wo für dich dabei rauskommt und wie fest ist deine Leidenschaft dahinter. Dann müssen sagen, hey, bis ich da investiert habe und da lernen, es ist nicht Das sind was Jahre. es sollte sein für mich. Das sind Jahre, ja. Also ich sehe mich jetzt da, ich sehe mich eigentlich irgendwo anders. Aber ich glaube sogar, wenn du dadurch so wieder den Druck wegnimmst, von du willst in der DJ-Szene groß werden, wirst du wahrscheinlich kreativer mit den Songs, die du Ja. künftig wirst produzieren. Weißt du, dann bist du ein bisschen freier, Ja, voll. hast dementsprechend auch viel easier mit dem umgehen. Aber der Gedanke, den ich gerade vorne hatte, wegen Kult, wie bist du eigentlich auf das gekommen? Wie bist du auf das angesprochen worden, dass Also ich Kult bin sollst du übernehmen? übernehmen. Ich Also, habe Geschäftsleitung gemacht. Ich bin durch den Morgen eigentlich bin ich dort reingekommen. Er ist der mich angesprochen hat, auf das, was mich gefragt hat. Und für mich ist es sehr gut gekommen. Also ich muss auch sagen, es ist eine geile Zeit gewesen. Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Es ist auch etwas, was ich schon immer machen wollte. Also weil ich eigentlich früher immer gesagt habe, ich will eine Bar haben quasi oder einen Laden. Ja, voll. Und es ist auch mega wertvoll gewesen, um diese Erfahrung Machen. mit der Sicherheit als Angestellte zu machen. Weil stell dir vor, ich hätte jetzt eine Bar aufgemacht, irgendwie Eigenkapital aufgewerbt, noch Kapital zusätzlich dazugeholt. Und dann hätte ich nach einem 1,5 Jahr gemerkt, fuck, das macht mich kaputt. Dann wäre es ein bisschen teurer, also ja, wäre es ein bisschen schwieriger gewesen. Und es war echt eine geile Zeit gewesen, mit mega coolen Leuten zusammenarbeiten, also es ist Schon lernen. ja, es ist auch eine geile Branche, weißt? Es ist immer recht offen gewesen, recht kollegial. Du bist immer recht frei in deinem Machen gewesen. Du hast, es ist nicht, du bist nie überwacht worden oder weiß Gott was. Und ja, mega viel dürfen lernen von dem. Ja, auch Führungsqualitäten, Hitler. Bro, man, ich sehe schon. Wir kommen hier Franz von der Juso über in den Kommentaren. Der wäre, glaube ich, der Nein. schlimmste Frontsee, Alter. Nein, es ist hure spannend und es gibt ja Führungsqualitäten und Managementqualitäten und das ist ja Management blöd gesagt. Und ich muss sagen, ich wäre nicht so ein guter Manager. Okay. Hätte aber anders ausgesehen, hat er gesagt. Also Ja, für mich. Bro, jetzt. ich kann nicht streng sein zum Mitarbeiter. Ich kann nicht Mitarbeiter anficken und da voll. Das ist wirklich da, wo ich nicht kann. Ich könnte jemanden künden, wäre das Schlimmste für mich. Das wäre wirklich. Du. Ja, ich meine, Du voll am Tränen, ich so, bin da ey. viel zu empathievoll, ich habe gerne eine kollegiale Beziehung, aber ja, für mich, ich habe den Respekt immer wichtig gefunden und kann ich immer gefunden, wenn du nett zu den Leuten bist und ehrlich und sie quasi wie ein kollegiales Verhältnis haben zu dir, dann respektieren sie dich und sie respektieren dich wirklich. Nicht so, dass wie vom Chef, du hast Angst oder du hast ihn eigentlich gar nicht gern, sondern du respektierst dann die Person von Herzen und das heisst, du machst da, wo du machst du dann auch gern richtig, weil du weißt, wie, er macht es auch für den. Oder wenn du mal fragst, hey, kann jemand neu springen, dann kommt jeder gerne helfen, weil er weiß, er hilft dir damit. Ja. Das ist schon nichts, ja. Aber du bist ein guter Manager gewesen, oder? Ja, es geht. Also keine Ahnung, ja. Ich habe das nicht so... Aber es ist Ich habe es irgendwie, probiert. es ist irgendwie lustig, dass. Also es war auch lustig, Bro, als ich dort angekommen bin, ich habe keine Erfahrung. Gastroerfahrung gehabt. Ich soll das Lustigste erzählen. Erzähl. Ich habe einfach mal in der Buddha Lounge gearbeitet. Nie? Ich schwöre. Sicher nicht. Im Seerestaurant in der Krass. Buddha Lounge. Bro, ich habe einen Job gebraucht, unbedingt, weil ich nirgends anders einen Job gefunden hätte. Sonst Ja. hätte ich hätte sonst in den Knast müssen, wegen... Ja. Fuck. Also hast du Shisha-Köpfe gemacht, oder? Mit so Nein, Äpfelszenen. Service, Bro. Service. Was? Ey, aber dort lernst du arbeiten, man Waffenstress. Das habe ich noch Ja. nie in meinem Leben gesehen, das ist schlimm. Crazy. Also ich kann mir echt vorstellen, so am Freitagabend oder Samstagabend. Sonntag, das Schlimmste. Oh, nicht. Früher noch Ey. die Buddha-Zeit, ey. Die, Ja. Also, Und ich bin kann ich mich auch noch Prime erinnern. dort gewesen, eigentlich. Heilandsack. Ja. Vor allem haben die Drei auch immer wieder. Vor allem haben die auch immer so nach 3 Monaten immer wieder neue Mitarbeiter gesucht. Jetzt Das weiß ist ich schon. schon stressig. Ja. Das ist, ja. Krass, Mann. Ja, Aber aber wo deswegen, bin ich dran gewesen? Oder wo sind Kult. wir dran gewesen? Kult. Aha, ja, ich bin wirklich ohne Gastroerfahrung dort angekommen. Hey, ich habe nicht mal gewusst, wie man ein Bierfass anzapft. da Ich wüsste bin ich- Das wüsste ich es auch nicht, Alter. Ich sag Bro, doch, aber ich Bierfass. habe Geschäftsleitung. Warte, es sind die Alufässer. Ja, ich habe nicht mal gewusst, wie man das anzapft.
Okay. Bro, ich habe keinen einzigen Cocktail kennt, nicht. Gar nicht, gar nicht. Also schon mit dem Hammer, oder? Ja, ja. Reinschlagen, okay. Da weiß ich noch. Hauptsache schlagen. Also weißt du, der Zap? Ja. Nein, da kannst du reintrüllen. Bro, du denkst an den Nein, Holzfässer. die Holz. Nein, im Pickel Pool. rein. Die Und nachher Teller. rinnt es gerade raus. Dann musst du gerade den Links reinstecken, ja. Ja, nein. Ja, das ist lustig. Okay. Und Cocktails, Also, wie du hast hast du recht auf die das gelernt? Schnorrigkeit. Auswendig? Ja, YouTube-Videos. also ja, nein. Auswendig. Ich schwöre, ich bin sogar YouTube-Videos geschaut. Ja, viel. Man kann Ja. Fredo machen. Nein, Leute an der Bar gehabt und den von denen gelernt. Und nachher, ja, dann irgendwie... Ey, Bro, wie machst du das? Ah, Jetzt Maschine. so geht das. Hey Bro, ich kann da nicht... Jetzt Sachen rumwerfen, dort Spiegeln und alles. Nein, es war eine geile Zeit, schon. Geil. Ich muss sagen, Ganz geil. geilste war immer gewesen, und der Nelson dort einen Abend hacke dicht zusammen an der Bar arbeiten. Bro, wir haben etwa 900 Stutz Trinkgeld gemacht oder so am Abend. Ey, geil. Alter, wir sind so dicht gewesen, wir haben nur Shots gesoffen. So gut. Das ist richtig geil. Also. Was ist dein Lieblingsgetränk jetzt nach deiner Barkeeper-Erfahrung? Hast du da eins, wo du Ja. wirklich sagst, geil? Ja. Oder wo du auch Ja, gern 3. machst? Ja, 3. Okay. Also Cuba Libre, Kuba befreien, wenn das sich auch schon gehört. Befreien wir Kuba. Ja. Nein, Nee. nie gehört. Aber Kuba, Der ist Kuba mit Libre, Allianz. Also Mit heißt dem. ja Cuba Libre. Ja, eben, befreien wir okay, Kuba. gut, sorry. Ich hab Mit keine- alle angesteckt mit dem. Aber ein Cuba Libre, das ist das einfachste und gleichzeitig auch das schwierigste Getränk. Das kann so schnell versauen. Ich schwöre, Was heisst das? Wieso? Hast du so einen Tipp? Wo? Bro, du darfst nicht mehr als 4 CL rum rein tun. Ich schwöre, du darfst nicht mehr rein tun, es schmeckt scheiße. Du musst genau eine halbe oder quasi 3/4 von einer halben Limette reinpressen. Und dann brauchst du am besten Cola aus der Glasflasche, wo richtig fresh Kohlensäure füllst du auf, dann ist er perfekt. Eiskalt mit Eis, dann ist er perfekt. Ja. Wenn du 5-6 CL rum rein tust, zu viel Limette, er schmeckt wie scheiße. Ja. Und du brauchst auch einen guten Rum. Sonst ist es auch nicht geil. Dunkel immer. Dann Weizenbier. Okay. Reizen wie schon Ja, Wein. Weizenbier ist schon geil, aber der ist am böse einsitzen nach einem. Ja, Und Naturwein, Okay. das analog eigentlich auf das kommen. Das ist auch unhöher geil. Und Muttermilch? Muttermilch auch immer noch. Ja. Hey, du killst mich. Ja, jetzt sind wir hure lang recht ernst geblieben. Das war eine Sequenz von 30 ernsten Minuten. gewesen. Genau. Aber es ist eigentlich lustig, wenn man so überlegt, du hast eigentlich zeitgleich mit Barkeeping angefangen und DJ und gleichzeitig auch aufgehört. Und Ja, ein bisschen vorher aufgelegt. Dadurch habe ich eigentlich auch den Morgen kennengelernt. Also. Voll. Also so richtig, ich habe ihn schon kennt von früher. Aber Aber irgendwie lustig, dass die Eigenschaften so wie eine Barriere ist. Ein Tisch. Ja. Wie ein Bar und halt DJ. Das Ja. ist so wie, Ja, voll. hast du wollen weg. ja, es ist eigentlich auch das, was ich immer wollte machen. Es hat eigentlich voll in da reingepasst. Und dann eben nachher gemerkt, dass das wirklich nicht das ist, was dich erfüllt oder glücklich macht. Voll. Boah, Jetzt, ja, der Moment, irgendwie, wo du vorhin gesagt hast, Bro, der hätte war hart ich- gewesen. Oder nein, warte schnell, wo jeder vielleicht so einen Wunsch hat, so mal eine eigene Bar haben oder so. Ja, ein scheiß Bild so geil gefunden, wo in der Kult aufgehangen ist. Da- Zeichnet ist. Das Ölgemälde. Ja, Ja. das ist so geil gewesen. Was für ein Vibe. Weißt du, wie viel Bild? Das ist ein geiles Bild. Das hat Mascha gezeichnet. Das Original ist, glaube ich, mit Ölfarbe gezeichnet worden. Wer zeichnet? Das ist richtig nice. Mascha heißt sie. Ja. Von St. Gallen, oder? Ja, voll. Mascha. Du kannst auf Instagram schauen, sie macht geile Sachen. Ja. Wie heisst sie Ihre das? eigene, ja, ich glaube, es ist einfach Mascha. Ich weiß nicht. Ich habe kein Instagram mehr. Ah, fuck, Ja, ja, stimmt. wieso? Weißt Bro, du, ich was für ein Moment empfehle war? jedem Löschen. ein Leben ohne Instagram. Nein, Habe ich auch schon Phasen gehabt. hey, ich bin so, wie würdest du sagen, ich wollte nie Influencer sein. Das war mir zu mühsam, Ja, voll. zum jeden Tag Content machen und alles. Ich habe gerne Stories postet, einfach so Spaß für mich. Und halt schon, also nicht viele Abonnenten, aber dann bist du halt wie so ein Mikro-Influencer. Ja, voll, absolut. Und das schreiben so viele Leute die ganze Zeit. Und dann auch, also jetzt abgesehen von dem, die scheiß Reels, zum Glück habe ich kein TikTok nicht. Hey, du kannst so schnell in da rein und nachher verhängst du 2-3 Stunden am Handy, einfach die Reels anschauen, schreibst mit Leuten unnötig. Und mich hat damals so aufgeregt, dass ich so viel Zeit unnötig am Handy verschwende mit etwas, wo man gar nichts bringt. Und du kannst es noch so gut reden, aber ich finde, das feste Konsumieren von Instagram ist... Ja, logisch. Ja. Es ist eine Zeitverschwendung. Es ist echt. Ich meine, was schaust du an? Du kannst noch so sagen, ja, da inspiriert mich und da. Hey, tu mal dein Handy weg, tu mal Instagram weg für 3-4 Wochen. Tu mal am 8., 9. geh nicht mehr ans Handy und dann schaust du mal erstens, wie kreativ du wirst und
zweitens, wie bewusst dir wird, wie viel Zeit du eigentlich hast. Zur Verfügung, Ja, und ich finde es mega krass, dass wir in dieser fiktiven Welt vom Instagram wirklich drin leben. Also die Leute leben wirklich in dieser Welt. Ja, Sie es leben gibt- nicht da außen, sondern... gibt Leute, die sind ja, wirklich so. also das ist im Fall mega krass. Und auch, wie so dieses Profil ist ein fiktiver Charakter für die Leute. Und sie haben das Gefühl, sie kennen dich durch da oder kennen deine Persönlichkeit durch da. Und sie wollen auch ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen im Instagram. Das sind wie die Influencer, kennst du, die jeden Tag Story da, Produkt vorstellen, alles nachgesessen aus und das sind die schüchsten Menschen. Da denkst du auch so. Es geht nicht auf. Ja. Ja. Und da finde ich, es ist wirklich so, dass die Leute fiktive Charaktere, es ist wie ein Metaverse. Es ist wirklich wie ein Metaverse. Und die Leute leben dort drin und du lebst für die Impressionen, die du dort bekommst, für die Aufmerksamkeit, die du dort bekommst und für das, was du von dir preisgeben kannst. Dort. Ja. Du kannst ja dein eigenes Idealbild dort drin schaffen. Jetzt abgesehen von der Realität. Und ich wollte es schon immer löschen. Also mal für eine Zeit lang. Und dann ist halt immer... Da hast du halt immer gesagt, ja nein, ich brauche es wegen dem Arbeiten oder wegen dem Auflegen. Ich meine, DJ sein ohne Instagram ist auch schwierig, weil das ist ja dein Hauptinstrument für die Werben. Ja. Und dann halt mit dem Aufhören habe ich auch gesagt, ich deaktiviere das Instagram. Und hey, ich muss sagen, es ist hure gut. Und wenn ich weiß, also du kannst zu so viel Positivem kannst es nutzen und für so viel Gutes. Ja. Es ist auch ein gutes Werbeinstrument. Ich meine, zum Beispiel ihr mit eurem Podcast, ihr braucht Instagram. Aber mir hat ein Kollege mal gesagt, du sollst kreieren und nicht konsumieren. Also produzieren und nicht konsumieren. Das heisst, du bist kein Konsument, sondern einer, der nur kreiert. Du machst Content, du löschst es wieder, du schreibst den Leuten zurück, was du musst und du gehst nicht als Konsument ins Instagram, sondern du tust nur produzieren dort. So kannst du eigentlich geiles Zeug machen. Ich meine, du hast mega geile Reichweite, du kannst den Leuten mega geiles Zeug zeigen, du kannst Leute inspirieren. Der hat auch der Biggie gesagt, mit Never Get High on your own supply. Ja, oder? ja. Das ist wahrscheinlich genau da. Aber es ist irgendwie auch... Es ist schon gefährlich, es ist schon gefährlich. Ich meine, Mega. Wir verbringen so viel Zeit an unserem Handy. Ja. Das ist Nein, crazy. das ist ein wichtiger Punkt, was du vorhin gesagt hast. Man hat absolut gar keine Relation zu der Zeit. Deswegen sagt und da sind ja immer keine Zeit. Also ich habe schon öfters Instagram deaktiviert gehabt und dort habe ich auch keine Zeit gehabt. Es ist Lüge. allgemein einfach, dass du keine Zeit hast. Ja, nein, ich habe Abgabephase Nein, und ist schon den habe ich jetzt tun. Jetzt. Nein, das ist streng. Nein, wie lange ist es jetzt her, dass du Instagram gelöscht hast? Beziehungsweise deaktiviert, nehme ich mal an. Ich glaube, einen Monat. Okay, warten wir nach 2 Monaten. Ich kennst du, ich habe keine Zeitrelation. Nach 2 Monaten kommt der Karim zurück. Nein, ich überlege es mal, ob ich es nochmal Okay. mache. Ja. Wahrscheinlich schon, weil es ist ein Netzwerk, wo du dort Es drin ist, hast. es, ist, Value. es ist ein Teil von Es ist, der... es ist ein Value, wo du dort hast. Es ist eine Community, wo du dort hast. absolut. Und wenn du dir jetzt ein Business aufbaust, es ist so ein wertvolles Marketinginstrument. Du hast eben, wie gesagt, du hast eine Community dort drin. Das sind Leute, die zum Teil gerne schauen, was du machst, die dir vertrauen. Ja, und dort kannst du über deine Produkte gut werben oder über das, was du machst. Wie bist du mit Alleine? Weil ich habe das Alleine? Gefühl, wenn irgendwie so Instagram löscht ist, oder halt die meisten wahrscheinlich, wenn sich Dinge so überlegen, dass man dann Angst hat vom Alleinsein. Weil dann ist man eigentlich so disconnected in dem Sinn, oder? Von der Welt. Ja. Dann hast du wahrscheinlich so einen Hey, es- intuitiven Gedanken, ich bin jetzt irgendwie allein. Weißt du, was ich meine? Ja, bei mir ist es mehr der FOMO, der Fear of Ja, Missing Out. ja, ja. Du verpasst etwas, du siehst etwas nicht, du könntest deine Traumfrau könnte schreiben und du hast einfach kein Instagram mehr. Das ist auch ein Unbekannter Grund. Nutzer. Nachher kommt Jesse 1, 2, 3. Mit so Spritz-Emojis. Sechser. Ja. Du endlich, So, fuck, man. endlich kann Am ich Morgen Insta voll löschen. Fuck. Aber du folgst trotzdem. Das ist egal. Und dann siehst du so, wirklich Kollegen von dir folgen dir. Oh, das Schlimmste. Oh, Nein, weißt du, die Frage schon wieder gewesen? Wie bist du bei der Aha, Reise? Oder hast ja. du den Gedanken gehabt? Hey, bei mir ist es mehr der Fear of Missing Out gewesen, muss ich sagen. Einfach zum etwas verpassen oder irgendetwas, wo du wegwerfst oder so. Und ich bin jemand, bei mir ist es recht ambivalent. Ich habe gedacht, dort bin ich hure gerne allein, dort will ich gar nicht mehr sehen, dort habe ich gar keine Mühe, um den ganzen Abend allein zu chillen. Und dann gibt es Tage, da will ich einfach nicht allein sein und dann gehst du gerne raus und so steht jemand voll für ein gutes Gespräch oder so. Aber Ja. wie lange hat denn das Gefühl gehabt? Aber ich glaube schon, FOMO? Wie lange hat das Gefühl gehabt? hey,
ich habe gedacht, als ich es gelöscht habe, Bro, ich schwöre auf alles, ab dem Moment, wo ich es gelöscht habe, es ist einfach befreiend gewesen. Ja. Also es klingt jetzt voll übertrieben, aber es ist Nein, mal, einfach befreiend gewesen. Es ist einfach, hey, keine Benachrichtigungen, du kommst nichts mit über, wenn jemand etwas von dir wissen will, der kann da anrufen, im WhatsApp schreiben, es ist persönlicher. Hey, es ist so schön und auch dann zu merken, um einfach mal auf Bildschirmzeit zu gehen und zu sehen, Bro, du bist den ganzen Tag 3 Stunden am Handy gewesen. Und ich so, krass. Also keine Ahnung, bei uns ist ja so 5 bis 7 ist ja so der Standard. Ja, zum Teil 8, 9, kennst du? Sonntag manchmal 8, 9 Stunden am Handy. Und dass du einfach nicht mehr hast und dass du auch merkst, wie viel Zeit du eigentlich hast und wie du kreativer wirst. Und vor allem auch die Erkenntnis von dieser fiktiven Welt. Ja, Also, liebe Friends, macht unbedingt mal die Experience. Deaktiviert mal für ein paar Monate Instagram und schaut, was mit euch passiert und mit der Umgebung. Ja, es wird euch auf jeden Fall gut. Es ist ein sehr heikles Thema. Es ist auch... Ja, ich schwöre, wir sind da echt wie bei Joe Rogan Experience. Wir können gerade noch mal eine Stunde reden. Ahmed, du hast vorhin noch was sagen? Ich habe es gerade vergessen. Ja. Okay. Du hast ja vorhin gesagt, da ist Kult ist sozusagen die erste eigentlich das Geschäft oder Geschäftsmodell Garments Factory. Dort habe ich die eigentlich Form selber auch. auflegen. Aber dort sind wir sind recht unerfahren an diese Sachen. Und Okay. ich habe gesagt, wir machen das einfach mal. Das war auch geil, gewesen, auch eine geile Experience. Geile Zeit gewesen. Also da geht es jetzt auch nicht mehr. Mal, Da- da wird Ohne. so, der Joshua wird das ja machen. Ich habe halt gesagt, ich muss zuerst mal überlegen, was ist das, wo ich jetzt... Ja. Das ist das, wo ich gesagt habe. Dann eben vorher auch gemeint, das war sehr hart gewesen. Und ich an den Punkt gekommen bin, wo ich eigentlich gewusst, was ich machen will. Und dann habe ich gemerkt, so mitten rein, fuck, das ist eigentlich gar nicht das, was ich machen will. Und das macht mich, je länger ich das mache, desto unglücklicher macht es mich auch. Und das war sehr hart gewesen, um das zu akzeptieren. Das ist wie so... es ist wie so ein Versagengefühl gewesen, dass du jetzt da aufgeben musst und du siehst, alle sind etwas am Kreieren, alle sind etwas am Schaffen, alle sind etwas am Dran. Und du bist einfach wieder so back to zero. Einfach wieder zurück bei Null. Das ist schon hart. Also das hat mich schon eine Zeit lang recht abgezogen und auch ein bisschen Selbstbewusstsein, das ein bisschen weggegangen ist durch das. Also eben, weil du das Gefühl hast, ja, ich habe versagt oder es gibt nichts, was ich wirklich machen kann. Ich kann so viel machen, aber doch nicht etwas richtig oder ich weiß nicht, was da ist. Das ist schon, Okay. das ist schon hart gewesen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, du bist jetzt eigentlich nochmal back to zero, jetzt in dem Moment. Ja. Aber du siehst nicht so aus, als wärst du so to Versagen-Gefühl haben. Weißt du, was ich meine? Nein, Ich glaube, aus dem hast du irgendwie schon gelernt, oder? Ich schwöre, ich muss dir sagen, ja, Du Versager. du versagst. Beschmutzt. Muss. Wie bei der Spongebob-Folge, wo sie keinen Job haben. Ja. Wie geht das Lied schon wieder? Was sagt er immer? Hast du einen Job? Ist ja da, stimmt. Hey, das kenne ich gar nicht. Nein, Oh, ich der Thaddeus ist, glaube ich, arbeitslos, oder? glaube, Er hat keinen Job, ja, und sie wollen ihn ja zwingen, dass er wieder anfängt, den Job zu machen. Stimmt, Ja. stimmt. Egal, nein, ich fühle mich gar nicht back to zero. Es ist wirklich, die ersten Tage ist so gewesen, weil ich so viel geschaffen habe. Also nicht, weil du so viel hast müssen machen, ich habe das gerne gemacht. Und dann bist du manchmal so, kennst du das, wenn du so Tage hast, wo du irgendwie schaffst und irgendwie schaffst du nicht. Und das ist ja das Schlimmste eigentlich, wenn du so... ja, genau, da. Nochmal im Mikrofon laufen. Zeig einmal. Da, Mann, da wo im Karton drin ist. Kleingeld. Ein bisschen Kleingeld, Ma'am. Thaddeus, bist du das? Ich bin SpongeBob. Wir waren doch mal Kollegen. SpongeBob? Na also geht doch. Und, wo wohnst du jetzt? Thaddeus Tentakel? Ja. Bitte hier unterschreiben. Schau, sieht nicht sogar den Karton Der Karton wegfällt. weg. Hey, Ja. ich habe mich gerade gewundert, wie überlebt ihr seit 1,5 Stunden ohne Wasser? Ich glaube, ich, Hey, im ich Fall. muss unbedingt was trinken jetzt, weil sonst bekomme ich Kopfweh. Ich habe es vergessen. Wir haben trinken und immer bald pissen. Also. Also trinken wir und pissen und dann reden wir weiter, oder was? Kann man schon. Das können wir echt machen. Ist schön. Also, ich bin kurze- voll dabei da. Kurz. Wir sehen uns nach der Sendepause. Hey Jungs, mal gerade nach der Pause richtig etwas Peinliches, was mir mal passiert ist. Ich bin ja so scheiße in Englisch. Fischei-Objektiv. Ja. Ja. Ich habe immer gedacht, Fischei 6 deutsche Wort. Weißt du? Und dann ist so, hä, wie heißt das im Englischen? Fischegg. Junge, shit, ey. Ja, ich weiß, richtig schlecht. Fischegg. Junge. Nicht so gut. Ja,
Herzlich Ich willkommen glaube- bei Ahmad Jamal Experience. Yes. Welcome back. Welcome back. Noch eine kurze Pause, noch eine kurze Besprechung, wenn wir müssen zensieren und wenn nicht, welche Intimteile da müssen Genau. zensiert werden. Wir reden jetzt noch 2 Stunden weiter. Ja, ich denke, Das eigentlich. ist ein Audioskript, kein Podcast. Ja, das ist wirklich so. Logo Escripto. Der Karan, er hebt mal auf die Fresse, Mann. DJing. Nicht zuhören. Ich bin immer noch angepisst wegen dem. Dass Ich bin immer noch hässlich wegen Mike. Aha. Ja. Hey, ich kann einfach nicht mehr weg Ich warte eigentlich immer noch auf den Moment, wo ich mich ausziehen muss. Mir kommt so der Mann mit der Maske und warum liegt hier Strom? Kennst Wir haben sogar Maske. Ja, leider. Die Strommaske haben wir da. Die schwarze. Lecken wir die alle ein. Einen Strohballen habe ich auch mitgenommen. Ich glaube, wir fangen gerade so mit 2 Community-Fragen zum wieder da nach dem Stopp, also nach dem Quick-Pause. Nach dem Quickie. Nach dem Quickie gehen wir doch da gerade los. Und zwar ist das wieder mehr bezogen auf deine Musikkarriere, die du hast, und natürlich nicht die Rapper-Karriere. Und Da zwar, muss ich noch zeigen am Schluss. ja, unbedingt. Und Das ist dann muss ich standard, ich zeige es euch. überlegen, am Schluss reinhauen. Easy. Das wäre noch interessant. Es ist einfach, die Tonqualität ist nicht die beste, aber Egal. Weißt du, das schick's mir schon. das WhatsApp und dann tun wir es irgendwie einblenden. es ist eben ein Video. Ah, ja, Ich habe nicht als Audiodatei, aber du siehst mich auch nicht. das hast du mir, glaube ich, schon mal gezeigt. Irgendwann hast du schon mal ich zeig's gezeigt. nachher. Easy, also leg los. Also, und zwar ein guter Kollege von uns, mehr von dir, hat auch gefragt, wie ist eigentlich der Nelson und sein Impact? Wie Also, der Nelson hat gefragt. Ja, es geht um den Karim, also den Nelson und seinen Impact. Ich schwöre, wäre er gratis gekommen, ich wäre nicht. Wenn er sagen, Bro, ich spiele gratis Intro, ich würde ihm sagen, passt schon. Nein. Nein, der Nelson macht geilen Sound, man. Er ist ein stabiler DJ. Ich schwöre, er hat es auch recht schnell gut können. Also er hat echt ein Händchen für das. Und ich finde, zu ihm passt mehr so ein bisschen der hausige, funkige, er hat so ein bisschen den Vibe, auch mit alten Tracks. Er findet hure geile alte Sound, hat eine geile Sound Selection. Ich finde, er braucht einfach den Platz, wo er nur da kann spielen, 100% da, wo er will. Der will Ja, trocken. okay. Auch juicy sein. Auch Juicy. Ja, Juicy, er ist Juicy, man. Ich schwöre, das ist so der Inbegriff von ihm. Juicy Schnelli. Nelson Fernandes. Datteln, wie hast du sie lieber? Trocken oder, Datteln? oder die? Bro, weißt du wie? Kehren draussen, Butter reinschmieren und so essen. Hast du das schon Butter mal gemacht? reinschmieren? Bei uns? Bro, Was weißt bist du du für ein wie geil? Heimann? Ich kann sagen, man, weißt du wie geil mit Butter? Normale Butter, Glaub mir, gehen wir jetzt Datteln holen, schmieren wir ich Butter schwör, rein. da und- machen wir echt. Bro, ich schwöre, du fragst. Hast du noch nie gegessen? Nein, Eben noch nie den Urteil nicht. Mit Walnüssen und so easy drin. Walnüsse? Mit Walnüsse habe ich auch schon Nein, das habe gehabt. ich auch noch nie gegessen. brutal. Aber mit Butter ist brutal, glaub mir. Schau mal, der Adi hat eben gefragt, stimmt das, dass du vor deinen Gigs Datteln zwischen deinen Zehen tust, wegen dem Bounce? Ja, eigentlich will ich das da ein bisschen... Kein Problem. Geheimnis, fuck. Bro, wegen jeder recht Aber, komische Ritual. aber darum Es ist auch für den Grip. So, Ja. nein, eben nicht, weil du tust Butter rein und schmierst die ganze Zeit. So ein bisschen geschmeidig bleiben. Das Ja, ist ja mal der genau. Moonwalk. Ja. Yes. Okay, also in dem Fall stimmt das nicht. Ja, natürlich. das Versuch natürlich jetzt nicht. Jetzt müsste eigentlich der von X-Factor. Also ist diese wahre Geschichte oder nur frei erzählt? Das können wir machen, das können wir machen. Da müssen wir echt rein tun. Es So hat du mit eins- Brille und Ja. Harry Potter Zeichen. Stell dir vor. Oh, der da. Der Blitz, ja. Ist mir da aufgefallen. Stimmt, Ja. ja. Ah, ja, das ist auch Weißt du, das ist auch- passiert? Letzten Freitag. Zu wild gegangen. Hast du Englisch probiert zu schwätzen und dann ist passiert. Nein, ich habe meine Uhr angehabt und ich war müde. Ich habe ein bisschen zu viel. Es war jetzt eine strenge Nacht. Ausgang. Und nachher einfach mit meinem Kopf, einfach Kailo, bam, ein Schnitt wegen der Uhr. Du bist schon ein Charmeur, ne? Ja, ist maximal schon, ja, Bro. Doch ein Ja, bisschen- ja. Ist ein, Ja, immer einen Narbe im Gesicht will haben wegen Scarface und so. Nein, ein Charmeur bist du. Okay, ja. Bro, wenn Karim sagt, du bist Ein Charmeur, dann Biberich. bist du Charmeur. Aber wenn wir jetzt von dem schwätzen, Ritual, hast du echt so irgendwie ein Ritual gehabt vom DJ? Bro, früher habe ich immer einen Teppich mitgenommen. Teppich? Ja? Ja, einfach selber einen Teppich Geil, mitgenommen. Ist geil.
Oder einfach irgendeinen Scheiß müssen mitnehmen und da einfach... Also das Symbol war, dass du fliegen Bro, nein, einfach, Lernt ein DJ. einfach ja, jemand, der gerne Faxen macht. Und einfach, Geil. Und dann einfach unter dem Ja, Fuß, einfach und unter mit deinen Finken Füßen. immer. Ich bin immer mit Finken drauf. Ah, okay. Wegen Datteln. Beinfreiheit, nein, wegen Lüftung. Wegen damit, Ja, damit damit die Füße Datteln nicht nicht verfaulen. Damit die Datteln nicht verfaulen. Dass die nachher und essen. aufgrund von meinem Fußfetisch, damit der Fuß immer angenehm schmeckt. Okay. Febreze drauf. Gut. Ja, gut. Easy, geil. Apropos die Kleider, die du einmal hast, ich finde die natürlich immer sehr inspirierend. Kannst du da der Community Tipps geben? Wo holst du deine Finken? Birkenstock. Birkenstock. Nein. Hose, die du jetzt gerade hast? Breite Hose. Bro, wo holt man die? Ich schwöre auf alles Ich Beste Bershka und Kos. Wir sollten keine Fast Fashion unterstützen. Ich weiss, aber- Aber ich bin jemand, der früher nur Markensachen getragen hat. Hey, ob es ein T-Shirt ist, Ja, voll. es muss eine Marke sein. Hey, ich bin voll weg von dem Film. Scheiß auf das alles. Ich schwöre, scheiß auf den ganzen Materialismus. Du kannst auch mit Brockenhauskleidern gut aussehen, wenn du Style hast. Voll. Ja, also ich glaube, wir legen viel zu fest, wir geben viel zu viel Geld für das Zeug aus, damit wir einfach irgendeine Brand tragen können. Und so viele Leute, also da würde ich jedem anraten, hört auf, eure Sachen zu kaufen, die ihr euch nicht leisten könnt. Nur damit ihr könnt draussen quasi den Leuten imposaunen. Ja. Imponieren. Imponieren. So mit Trompete. Imposaunen geht auch. Das ist, ich habe da ein bisschen eigenes Deutsch. Du bist ein Rapper gewesen, Alter, logisch. Ich schwöre, Bro, ich darf selber Wörter erfinden. Nein, ja. Du bist imposant, ich hab imposant. Ich hab Du musst aber Alter, Du musst einen Du sagst, man soll dir 8 geben, erst gebe ich dir 5 ins Gesicht. du musst aber imposant jetzt aber mit dem mit dem Party Bang Stimme sagen. Du sagst, ich bin imposant, doch Aber ich hab imposant. Genau. so gut, Alter, genau. Gut, eigentlich ist es schlecht, aber easy. Nein, ich finde den Huren. Eben, der Bringer, glaub mal, wenn der Party Bang was schicken, was machen. Eben bringen, schon. Ich hab imposant. 100 Pro mal braucht, ne? Imposant? Nennst Nein. dich imposant, doch du hast imposant. 100 Pro, so genau. Ja, safe. Bitte, ursprünglich übrigens vom EcoFresh, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es im Englischen auch hat, EcoFresh. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Please der Party spit. Bang beim EcoFresh gesigned war, German Dream. Und der von dort kommt und dort hat bitte. Und der Summer Jam früher auch noch. Ja, Mann. Der Krass, Legende. Mann. Sujuk und Champagner. Ja. Oder nein, der hat ein Album geheißen? Sujuk, Barbis und Bargeld, oder? Nein, nicht Sujuk. Babis bla 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 Bargeld. Irgendwie. Ja, aber Sujuk und Nein. Champagner hat es auch gegeben. Sujuk ist doch nicht drin gewesen. Wohl, ich schon auf alles. Vielleicht Ja. ein Lied oder so. Aber Das Babas- war ein Lied gewesen, aber ja, immer so. Barbis Bargeld oder so. Irgend sowas. Aber der Summer Jam hat sich auch gemacht, Alter. Maximal. Vorhin so hat- lang. Sujuk und Champagner, ich schwöre. Ah, shit, Ja. okay, gut, das ist scheiße. Das ist, glaube ich, sogar ein Album gewesen. Ja. Krass. Sujuk und Champagner. Hast du gesehen? Hast du mich da wollen... Nein, ja, nicht Da will er niedrige vor allem. Er hat die wollen imposaunen, Alter. Das ist jetzt ein neuer Begriff von Imposaunen. Imposaunen. Ja, ist Inat machen, ist schon richtige Inat. Sehiren. Kennst du, wenn mit der Schweizer redest und du denkst, weißt du, das ist so Inat, der so, was heißt das? Was heißt Sühna? Was heißt Weißt du, ja, Fitna? Sünnet, Fitna, ja, Fitna auch immer, schon, ey, da, Fitna. So, was heißt das? In Bezug auf Kleidung, Alter, ich glaube, es ist eher wichtiger, dass du trainierst. Ich glaube, egal welche Kleidung du anlegst, sobald du trainiert bist, sieht irgendwie alles brutal aus und auch alles. Ja, Nein, es gibt auch... aufwertiger. Es gibt auch Ich finde es lustig, machst du amix auch, du machst ja auch immer so Wandels mit dem Style. Und ich finde das Wichtigste ist, Und Olibli. ja, das ist Wife-Beater-Modus, dass jeder weiß. Ich schlage drin. Nein, eben, wie nochmal zum Sagen, ich habe sie leider vergessen, sonst hätte ich meine Broschüre jetzt an. Aber ich stehe mit voller Kraft für den Feminismus ein und ich bin auch selber ein Feminist. Ja, ist ja eine Faust, oder? Genau. Also ich meine, Ja. er ist gerade reinschlägt. Hey, das habe ich jetzt nicht gesagt. Also ich schlage drin alle Männer, die gegen Ja. den Feminismus sind. Finde ich sehr schön. Das ist schön. Sehr schön gesehen. Da kannst du anfangen. Kannst du da anfangen? Ja, warte, wir müssen da noch ein paar Sachen, die wir besprechen, bevor ich da reinhalte. Kannst du da anfangen? Ja, er ist Indo, Bro. Hey. Alter. Nein,
wichtig ist, dass der Style zu dir passt. Kennst du, wenn jemand etwas trägt, wo null, du musst kredibil aussehen. Maximal. Und ich bin voll. Ey, früher habe ich Sachen getragen, wenn ich da jetzt sehe oder wenn ich. Du kotzt. Bro, no front, einfach für mich. Ich bin da echt altmodisch eingestellt. Ich bin da vielleicht immer noch wie mein Großvater oder mein Vater, obwohl ich auch Feminist bin. Ja. Nein, kennst du, die Leute laufen manchmal mit diesen Sachen. Entweder sehen sie aus wie irgendwelche Stormtroopers, wie Außerirdische. Ich sage nichts gegen Star Wars. Aber Ich sage nichts gegen Star Wars, aber sie sehen einfach so aus. Oder. Ja. Die sind aus wie Verschwörungstheoretiker. Ich jetzt da keine Lästerei betrieben, ja. Nein, einfach lustig ist ja. Oder Ja, ja. Auch, ich finde das ganz schlimm, dass dass Männer sich immer mehr wie Frauen kleiden. Oder wo ich gesehen habe, weißt du, A$AP Rocky oder in einem Damenkleid. Da weiß ich gar nicht. Und so voll auf Ernst. Und Ist er nicht Lil Nas Ex gewesen, oder wie? Keine Ahnung, der ich glaube, heißt? der A$AP Rocky im Verlaut. Von Ja. dem bin ich ja, ich will da keine falsche gut, Information aber verbreiten. ja. Hey, da finde ich wirklich. Also richtig Damen mit in dem Oh, Sinn ganz schlimm. Ganz Platz. schlimm. Auch, Ja. ja, für mich ist das einfach zu viel, auch mit den lackierten Nägeln und alles. Und Fuck, man. Kann er nicht Bro, machen. der kann er nicht wollen machen. Nein, keine Ahnung, was sollte der Sinn dahinter Wie sein? findest du Eyeliner bei Männern? Bro, beim Karan? schau, Meinst du ich schwöre auf Eggline? alle- Problem ist, Nein, hey, du sollst Ich mein, das tragen, wo dir gefällt. Und ich lasse auch jeden Mensch so sein. Ich bin auch gar nicht dagegen. Wenn einer eine Frau sein will, er soll eine Frau sein. So ein Arschloch, Alter. Er die ganze ja, wie findest du keine Ahnung, wie beim Kanal, du bist Warte, ganz kurz. Etwas hat man wie nicht gehört. Der Ahmed hat gerade einen richtig guten rausgelassen. Er ist so, wie findest du Eyeliner beim Karan? Also, meinst du Eggliner? nein, das ist gut. Check, Bro. Ja, ich hab direkt gesehen, Wegen Bro. Fischei. Ja, genau. Ja, sie haben ein bisschen gebraucht. Eggliner. Nein, hey, jeder soll das tragen, wo ihm gefällt. Voll. Bin ich der Meinung, lass jeder Mensch so sein, wie er will. Aber Übertrieben es nicht. Also. nein, heutzutage, hey, schau, eben, ich bin da, ihr kommt nach Front über wegen mir. Wegen Nein, zum nein, Beispiel egal. Andrew Tate Vibes. Nein. Ich bin da echt altmodisch. Ich finde, die Männlichkeit geht verloren. Für mich muss ein Mann, als Mann, du musst stabil sein. Also- Stabil heisst nicht, du musst Leute verschlagen und primitiv eingestellt sein. Voll. Nein. Aber auch. Oh ja, der Wife-Beater ist wichtig. Nein, du musst doch einfach stabil sein, oder? Du musst können für dich selber schauen, du musst können die Leute um dich herum beschützen, du musst zu dem stehen, was du machst, du musst einfach stabile, ja, Kann man einfach auch stabil sagen, sein, Bro, einfach ehrliche solide. Person. Ja. Ehrlich. Genau. Ehrlich in dem, was du auch machst. können Ehrlich. deine Emotionen zeigen, auch können brüllen, wenn es sein muss, das gehört auch dazu. Das hat für mich auch den Wert von einem richtigen Mann, aber einfach solide sein. Ja. Und ich finde, so da geht auch mit dem Fashion und alles, es geht voll weg, Bro. Es sind alle nur noch 40 Kilo. Du, nein, das ist ja. Ich sehe das gar nicht so, ich sehe das aber gar nicht so schlecht. Ich meine, es ist halt halb so wild, dass deine Freundin schwerer ist wie du. Big Bone, das ist in der Bundesliga. Ja. Nein, du, jeden das seine, wirklich. Keine Ahnung, jetzt habe ich echt etwas sagen, aber. Bei diesen Themen musst du eben hure aufpassen. Absolut. Nein, ich Da finde musst gar du- nicht, Da weil. musst du brutal auf. Also, ich rede gerne ehrlich über das, aber kennst du Leute, die immer gerne. ja. Bro, ja, Viele da in- letztes Jahr, wenn ich das erste Mal war, Bro, ich habe noch nie etwas von dem mitbekommen, dann sagt mir irgendjemand, du musst gendern. Was? Ich so, was soll das heißen? Sie sagt, du musst gendern, erklärt sie mir das. Ich so, Kollege, ich habe noch nie, was habe ich verpasst? Weißt du, ich habe noch nie etwas von dem mitbekommen. Nachher eben da genderneutral und. Voll. Ja. 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 Du, vielleicht noch mal ganz kurz für die Zuschauer und Zuhörerinnen Wir sind und ein Zuhörer politischer Podcast. und diverse Zuhörer. Ja, man- weißt du jetzt den neuen Zuhörer. Eben, du musst korrekt gendern. Wirklich, ich glaube, ich früher habe wirklich ein falsches Verständnis gehabt von einem Mann. Ich weiß nicht, ob es falsch ist, aber es ist anders wie da, wo Ja. du vielleicht hast. Ja. Und das ist auch völlig okay. Darum musst du manchmal uns verstehen, wie wir gewisse Wife- Mannsbilder haben. Voll. Da ist Ja, vielleicht es ist- eher eine grosse, starke Persönlichkeit. Nein, und es wenn hat du halt voll da nicht, aber vielleicht ich nicht finde bist, einfach, du musst stabil sein. Einfach. Eben, da Ja, ist also klar. einfach solide, Ja. einfach ein strammer Typ. Voll. Das hat ja nichts damit zu tun, ob du 120 Kilo Ja, bist ja, oder nicht. ja. Aber Ja. einfach ein strammer jetzt mal Typ. stark wollen nicht so runterbrechen. eine Mimöseli und so. voll. Voll. Da war ich mir noch, Ich meine, der Charakter kann ja dann eben groß Genau. Ja, stark eben, einfach sein, stramm, in zu dem dem Sinn. stehen, Genau, ja, voll. genau. Und darum eben, einfach zum ein bisschen für euch auch zum Reflektieren, falls wir ja eben da Sachen sagen, die sind halt
Wenn du uns auch ein bisschen verstehst. Weißt du, weißt du, gemacht, Mann? Ja, richtig geil. Wegen Danke. Wife-Beater-Modus. Wo ist Nein, Bier? ich meine, manchmal muss man da einfach auch sagen, viele verlangen immer noch so, verstehen uns, aber verstehen uns auch ein bisschen. Ja, so. das finde ich lustig, Ja, dass das die ist Leute, immer so. Oh, kann ich das sagen? Ja, sag Warte schnell. bitte. Ich bin ja mal ganz kurz da. In der linken Szene gewesen, Ja, oder? nein, bei dem Fokus-Dings da gewesen, man. Der hat Ja. mir so nicht Gestalterischer gefallen. Fokus. Ja, genau. Dort hat es ganz... Spezielle Leute. Ganz spezielle Gestaltung. Jeder darf sein, wann er will, aber Aber du Kennex- nicht. Aber ja. Kennex darf es nicht sein. Da, ich will sagen, Da da hat finde mich ich so lustig. abgefuckt. Du musst alles akzeptieren, du darfst gegen niemanden etwas sagen und sie sagen ja, es geht ja auch darum, dass um Meinungsfreiheit und jeder darf so sein, wie man will. Ja. Aber wenn wir dann so sind, wie wir wollen, so Ich quasi schwöre. eben eher ein bisschen altmodisch, dann geht es nicht. Nein. Aber bei den anderen geht es. Nein, das ist Und da doch auch gibt's- irgendwo durch selbsternannte Liberale, wo nur Liberale sind gegenüber anderen Liberalen. Ja. Weißt du, was ich meine? Das sind so wie Leute, wo alle Linke akzeptieren, wenn sie die gleiche Meinung haben. Voll. Aber sobald du herkommst und in so einem lustigen Moment Hurensohn sagst, dann tut er gendern. Ja. Was will ich jetzt sagen? Das ist Hurensohn. Wie tut man, bitte, das ist eine Community-Frage. Ihr dürft da gerne in die Kommentare schreiben, wie tut man Hurensohn korrekt gendern? Ja, und vor allem Hure eine ganz primitiv. lustige Ich schwöre, wir müssen uns eigentlich so Top-G-T-Shirts kaufen. Nein. Hassless Zum Beispiel University. und der G Du bist steht. schlag mal, Digga. Ey, Bro, Nein, ich bin so richtig, ich bin eher links, ja. Echt? Ja. Du siehst gar nicht so aus. Echt? Nein. ey, Nein, aber maximal. warte, Top G, echt? Aber G steht für Gendern. Easy, Top-Gender. Ja, easy, okay. Mit der Top-G revolutioniert. Ja, der ist geil, der ist echt gut. Ja, eben, und vor allem eine andere Frage, wenn er da gerade auch nicht beantwortet. Welche Wörter kann man nicht gendern? Weißt du, was ich meine? Ja, Tier nehmen. Tier nehmen. Ja. Hund. Sorry. Wahn, du Hund. Nein, nein, Das das Wahl, abseits der von- Wahl, die Wahl. Hey, Die Wahl. Ich schwöre, ich check bis jetzt nicht, wie man korrekt gendern. Ich check Ja, da bis jetzt nicht, wegen eben, wo wir da über... Das ist, ich schwöre, vor einem halben Jahr habe ich das erste Mal gehört. Ich so, Bro, was ist das? Das kannst du einfach sagen, KonsumentInnen. Das ist so, als wie in einem Satz ein Einbau. Okay, WahlInnen. Ja, das ist jetzt ein bisschen komisch. Wahl ist komisch, aber Wähler und Wählerin. Nein, es ist ja eine Wahl. Wir Ja, reden von nein, einer Wahl. aha. Nicht, ja. Ja. Am, Ich glaub, das macht- da ist sein Lieblingstier. Nein. Ah, Karan. Ja. Am Khairan. Beleidigt. Ich schwöre, der Khairan könnte eigentlich auch in Pakistan. Ein Pack, ja. Ein richtiger Pakistaner. Keren. Ja, Rani kennst sagt du man immer die, Keren. Bro, kennst du die Pakistaner, die durch die Stadt laufen und den Leuten Prophezeiungen erzählen? Aber sie Bro, da nehmen gibt's ihre eine Story. Seele. Ich Ich schwöre, kann ich eine habe auch Story schon erzählen. Story mit denen gehabt. Nachher sie so, Today you're gonna be very lucky. Your life is very special. Wir haben- You grow for something big. Alter, wie viele Stimmen hast du, Alter? Du, R&B, ich bin eigentlich, Farid ich bin Bang. eigentlich wie sagt man, Synchronsprecher. ja, Synchronsprecher. Aber pakistanischer Synchronsprecher. Aber so Erotikfilm. This day you will have very big luck. Hey, du fickst mir jetzt gerade. Do this 3 times a day, believe me. Say no, 3 times. Say stop. Nein. Nein, mein Vater hat schon viel von denen verjagt. Ja, Bro, mir Weil hat mal einer Problem ist- vertrüllt, dass ich von schwarzer Magie besessen bin. Ja. Und jetzt soll ich ihm irgendwie 2'500 Stutz geben. Also, wie er gesagt hat, er so, I buy wood, I buy metal, I buy candle. And also, in 33 days, you will be clean from the black magic. Ach, So easy, du. Leute. Wo ist das gesehen? Gell? Ja, Bro, die kommen auf der Straße zu dir und nachher... wo? Da, St. Gallen. Da, St. Gallen? Ja, Ja, dann fangen sie an mit dir reden. Nachher sagen sie, your aura is very special, your karma is very good. Ja, gut, kann er noch machen, echt? Krass, man. Ja, ich liebe das. Den noch nie gehabt. Ja, wir haben in Wittenbach haben wir auch schon haben mein Vater Pauli gesehen und er checkt da gerade. Er sieht gerade, da ist einer, wenn er einen Rucksack hat, so einen Rucksack, oder du merkst einfach, Ja, und der dann ist, zeigen sie irgendwelche Fotos von Mönchen und sagen, sie kommen aus einem Tempel. Aber das ist wie so eine Sekte und die sammeln das ganze Geld und schicken das dort hin. Eigentlich hure Gina. Aber das Lustige ist, ja, wenn ich das Video hat, ich sie kann haben, das irgendwie, sie einblenden. haben ja irgendwie echt die Gabe. Ich meine, da lernst du ja dort, um die Energien und Ausstrahlungen wahrnehmen. Es Die, die da können sind, das. die können, ja. Aber nur ja. sie können das eben. Sie können die Energien wahrnehmen und mit dem tricksen sie. Und sie ja. wissen auch ganz genau, auf welche Leute das zugehen muss. Ich Glaubst du da da wissen nicht? sie, da wissen sie, aber ich glaube nicht daran, dass sie da können, weil die da sind, das sind nur Trickser. Das sind Ja. Nur? Aber ich habe das Gefühl, sie spüren das, weil sie wissen manchmal einfach, was du erlebt hast, obwohl du gar nicht mit ihnen geredet hast. Ja, vielleicht ist es einfach, weißt du, wenn sie bei 100 Leuten probieren, haben sie vielleicht bei 2 Nein, da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
Charisma, das ist von weitem von einer Person. Ja, eben, Einschätzung von einer Person, absolut. Aber da ist einfach ein bisschen Menschenkenntnis dahinter. Aber mein Vater hat ein Video gemacht, Aber- wo noch einem mit dem Velo fahren im Mitterbach. Und dann hat er einen gesehen. Oder? Und er hat gerade gecheckt, da ist so einer. Er fährt ihm so hinterher, er fragt ihn. Er ist abgestiegen. Die Vater ein hat's Handy. von weitem Ja, gecheckt. wenn ich das Video habe, dann blendet er ihm, ist scheißegal. Dann war da auch so die Your Aura ist so spät. Nein, er hat mit auf Indisch geredet. Er hat gesagt, ey, das ist er. Er schaut meinen Vater an. Er schaut meinen Vater an, haut gerade ab. Er rennt. Gerade so. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Was vermuten Sie? Ich glaube Fantasie. Ja, aber es gibt viele. Und den, Karan, du lügst. nein, und den hat dann Du bist selber Pakistaner. ich bin nicht Keren. Ja. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Oh Mann. Nein, und er hat ihn angesprochen. Ja. Er spricht ihn an und er so, mein Vater hat gesagt, entweder du gehst jetzt von da oder wir gehen zur Polizei. Weil er ist nicht mal drauf eingegangen, dass er ein Tourist ist oder er so, nein, ich arbeite da eine IT-Firma, also einen Scheiß machst. Dann gehen wir zur Polizei, zeigt den Ausweis, abgehauen. Er nimmt so meinen Vater Velo fahren, er so am Handy Wie sind wir jetzt auf die Pakistan? Ja, du bist mit Keren gekommen. Pakistani. Das sind da Pakis, oder? Ja. Was der macht? Kennst du die pakistanischen Taxifahrer, die immer einen Kopfhörer im Ohr haben? Ja. Die den ganzen Tag am Telefonieren. Wir sind vom Saint-Du Festival mit dem Airblin, bin ich heim und von oben, also vom Roschacher Berg zum Parkplatz, sind wir mit dem Taxi. Oder? Und das war ein Park. Und ich mit dem haben also unsere Sprache, also wir reden ungefähr, verstehen wir uns. So. Aber er redet Urdu, ich rede Punjabi, das ist so, versteht sich, Punjabi. Schrift ist einfach anders. Das sind die, die schon redet nachher, gell? Aber das sind alle, Die Korea ist unten, kannst du bitte die Tür aufmachen? aber das sind alle Inder, alle Inder reden Ja. so. Alle Inder reden so. Weil sie keine Englische und weiß nicht. Alle Inder haben auch Gold, da ist schon. Hast du Gold? Ja, schon Ich sehe gut. Aber ich Kette. lege nicht viel an. Aber du hast viel daheim. Ja. Er wird nicht zeigen. Er ist bodenständig. Das sind Mensch alle Gold, Inder. Mensch Dabei Gold. pumpen voll. Schau, Tesla. Ja. Gold. Wo bist du? Ja. Verjagt Terroristen. Gold, nein. Verjagt? Nein, nachher bin ich, wo bin ich gewesen? Taxifahrer, aber und das erste, jeder Paki, immer wenn ich Paki, eigentlich, Bro, wir, Indien und Pakistan, wir untereinander sind doch beste Kollegen Ja, eigentlich. Alter. Nur Politik scheiße, nur Politik. Ich denke immer so, Bro, jein, ja, aber mein Vater ist jetzt auch ein Paki-Kollege. So. Oha. Ja, aber Einfach Rassist. So, ja, einfach auf Heu und Ciao so, oder? Aber untereinander haben wir immer noch so einen kleinen, obwohl Pakistan So ein ist früher kleiner Wife-Beater, ja. früher ist Pakistan auch Punjab, also ist vor noch, ganz Pakistan ist Punjab zusammen gewesen. Sam gesehen. Oder deswegen haben wir auch, unsere Kultur passt auch viel, es ist einfach muslimisch angerichtet und bei uns einfach, ja, Sikh. Muslimisch angerichtet. Du bist Hindu, oder? Nein, Sikh. Sikh? Weißt du den Unterschied? Komplett verschiedene, also Aber eigene... glauben die an Shiva oder Nein, weißt aber du nicht? Wenn kein- Shiva ist aus dem Hindu, oder? Genau, Shiva und so, das ist Person, also Von wo kommt denn der Hindu? Hinduismus. Ja, der ist Oh. auch in Indien, oder? Ja, ist von Indien, Origin, aber das ist die älteste Religion. Kennt eben, Om Namah Shivaya. Ja, da wo du immer... Nur da finde ich auch immer noch relativ kritisch. Der ist eigentlich ganz kritisch, der Track. Weißt du, wie ja. kritisch? Bro, Was sagt Das ist, er? Er hat das so ist, weißt du, wie viele Tracks und nicht nur er, nicht nur du. Ja. Aber die Tracks sind zu krass, weißt du, und so, oh, na was, ja, aber sie sagen Om Namah Shivaya und das ist ein Ja. Glaubensbekenntnis vom Hinduismus. Also es gibt hure viel Techno, weil wegen Goa ist halt so die Religion vermischt worden. Viele haben so Om tätowiert, weißt du, so Vorgänger. Also Goa ist auch eine Stadt. Das Ja, kommt jetzt Goa sogar von ist- dem. ja. Voll. Und es gibt hure viele Techno-Tracks, wo einfach ein Gebet gesungen wird. Und im Hinduismus ist ja irgendwie, ich weiß nicht, die Leute haben es irgendwie akzeptiert oder zum Beispiel bei unserer Religion. Oder Bro, stell dir vor, du machst Niemals. bei den Muslimen so einen Track, du kommst unter. Du bist tot. Ja. Die Leute suchen dich und Ja. im schlimmsten Fall, aber je nachdem, wo du wohnst. Das ist so wie wenn so irgendeine Buddha-Statue oder was auch immer so bei diesen Puffs ist. Ja, aber wie so, das ist auch Ja, urkomisch. nein, schon allein Das ist Buddha einfach so- Lounge, Bro. Wieso gibt's die? Wieso heißt Buddha Lounge Buddha Lounge? Buddha Wie Lounge geht das? maximal der große Haram. Buddha dort steht. Aber das ist schon Nein, es krass. ist schon, ja, aber das ist ja allgemein kulturelle Aneignung. Wird Absolut. Ich meine, es ist nicht Sachen durchgesetzt ist worden. Ich gut, weiß nicht, vielleicht haben sie es einfach akzeptiert, weil du kannst einfach so eine Buddha-Statue bei dir heim. Einfach, ja, Ja, weil aber es der geil Buddhismus aussieht. ist ja zur Verteidigung kein Glaube, sondern eine weiss ich Lebensphilosophie. Okay. Im Buddhismus gibt es ja keine Gottheit. Du glaubst ja nicht An an Buddha. Buddha. Ja. Der Buddha ist der Buddha ist wie ein Prophet. Der Buddha ist ja ein reicher Weiser Mann. ein Königssohn gsi Ja, oder so. Und er hat
Ich kenne es nicht genau. Ich habe gemeint, er wollte mit den armen Leuten mitfühlen. Er wollte wirklich wissen, was Mitgefühl ist. Und hat sich den Glatze geschnitten, die orange Robe angelegt und ist aus seinem Palast, er hat ja in einem riesen Palast gewohnt, ist dort raus und auf die Straße mit den armen Leuten quasi leben. Okay. Und so ist, also der Buddha ist ein Prophet, das ist nicht eine Gottheit. Ja, er wird einfach so dargestellt als Heiliger, er ist quasi zu ihm geschaffen, aber der Buddhismus ist eine reine Lebensphilosophie. Das ist wie ein Rastafari eigentlich. Ja. Bist du eigentlich gläubig? Boah, schwierig. Also ja. Also ich würde sagen, ich habe eine eigene Definition vom Glauben. Ja. Ich glaube, ich bin früher noch, ich glaube an Gender, ich glaube an den Feminismus. Wohl. Ja. Wohl. Ja, also in der nächsten Folge muss ich Broschüre mitnehmen, sonst Leute glauben das nicht. Ja, easy. Für mich nicht. Ich könnte dir so eine Flagge ranhängen. Ja, da wäre. Oder auch nicht. Ich glaube, es wäre schon gut angekommen. Ich glaube, es wäre... Vor allem, wir haben die Flagge da und reden über 5-Bit. Hey, wir sind ja offen für alles. Ja. Nein, ja, früher, ich fühle mich nicht mehr so hingezogen zum klassischen Glauben. Ich weiß nicht wieso, also gar nicht im Negativen. Und die haben eine recht eigene Ansicht, aber ich glaube an etwas Größeres. Okay. Aber ich finde den Buddhismus auch interessant. Also ich fühle mich auch recht bezogen zum Buddhismus. Das ist auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich gehe auf Asien. Voll. Nicht wegen der Ladyboys. Nein, das ist eigentlich, also das ist der Hauptfaktor. Das ist der zweite Grund. Ja, ich habe gesagt, ich schaue entweder, vielleicht komme ich als Frau zurück und dann heirate der Nelson. Also, dass alle wissen, wenn der Nelson mal eine Frau hat, sie ist ein Ladyboy. Okay. Du bist offen für alles. Ich bin offen für alles. Ja. Zum Gehen und Nehmen. Alle Theorien sind offen. Nein. 100% okay. Hetero. Gut. Auch zum Klarstellen. Big Bundas ist in der Bundesliga. Kennst du den? Weißt du, was ein Bunda ist? Ja. Aber wieso Bundesliga? Er weiß, glaube ich nicht. Der Dyson weiß sicher, nicht, was ein Bunda ist. Bro, der Bunda ist so groß, sie spielt in der Bundesliga. Check. Ah, diese. Ja, der Dyson ist auch eher so ein Brüstetyp. Ja. Der ist nicht so Bunda. Echt? Ist er nicht so Bunda? Nein, was ist Bunda? Bro, Bunda ist der Auspuff. Der Auspuff? Okay. Nein, er ist schon der Booty. Er ist schon mehr Bunda. Okay, nein. Jetzt nicht gecheckt. Okay, das erste Mal. Okay, das ist eigentlich auch noch lustig. Nein, das ist zu alt, die Frau. Okay. Die Frau? Die Frau. Die Frau ja, ist gerne eine ältere Frau. Aus alter Pfanne lernt man kochen. Wife bitte. Ihr wisst Bescheid. Also richtig Spike Salon. Die sind eben noch anders eingestellt. Das wird zu ernst genommen. Die rennen nicht gerade zur Polizei. Ja. Die können gar nicht mehr reden. Ich sage euch jetzt etwas. Gar nicht mehr rennen. Ich sage euch etwas, aber das dürfen ihr nicht reinschneiden. Ja. Ich schwöre. Den Sex nicht. Es ist nur ein Joke, Mann. Mal, schneid einfach. Bist nicht so ein Okay. Das ist keine Zeit. Okay. Nein. Kennst du, ein weiser Kollege von mir hat mal gesagt, dass ohne Pfefferspray werde ich gar nicht mehr spitz. Boah. Okay, von dem, ja. Ein weiser Kollege. So, wenn sie sich nicht wehrt, ist nicht geil. Nein. Oder es gibt auch, ich muss ehrlich sagen, da muss man rausschneiden. Da müssen wir echt rausschneiden. Also da, wo ich jetzt rausschneiden. Cut. Hey, eben, das ist schon jetzt rausgeschnitten. Wir sind gerade ein bisschen emotional geworden. Ja. Nein, ja. Genau, was sagen. Der Karim hat also jetzt kommt der Karim. Ausschneiden. Gut. Okay. Er hat so ein Sticker, wo steht, bewusstlos ist nicht gleich lustig. Oh mein Gott. Direkt Augencut. Direkt Augencut. Zapp, weg. Los. Wo sind wir stehen geblieben? Wir können jetzt noch über die ganz tiefen Sachen reden und dann langsam abrappen, oder? Abrappen. Haben wir jetzt eigentlich alle Fragen schon oder die wichtigsten? Die besten? Ja, es hat noch, aber Jungs, bitte hört auf, so Sachen schreiben wie Karim, der kommt von Leon, so viel ich weiß. Wieso sind Bananen krumm? Weißt du wieso? Nein. Wieso? Weißt du wieso? Wegen der Sonne oder so? Wegen der Energie. Wegen der Sonne. Echt? Weil es sich gegen die Sonne richtet? Gegen, weil die Sonne scheint ja nur da und dann, wie soll ich das erklären? Ja. Wo kommen die Bananen ursprünglich noch? Wirklich noch? So die meisten? Ich weiß nicht. Aus Asien. Aus Ladyboys. Aus Asien? Also war nicht... Es kommt nur noch Scheiße. Scheiße. Ich weiß nicht. Nein, Südamerika, Brasilien. Ja, aber wegen der Sonne richtig, weil nur eine Seite von der Banane anscheinend ausgestrahlt bestrahlt wird. Aber es ist schon funktional, weil wenn es gerade wäre, würde es nicht in die Schale passen. Hey, ich finde es immer noch... Ist klar, die Banane gerade wäre, was in die Schale mega. Also...
Also jetzt wirklich ernsthaft, Bananen sind krumm, weil sie halt, ihr habt ja schon mal so einen Bananenbaum gesehen, die haben ja so die coolen Blätter. Jetzt gehen wir mal zu der Frucht an sich, die hängt ja an mehrere Dinge. Es ist eigentlich so wie eine Traube. Und sie hat mal entschieden, keine Ahnung wieso, zu eine lange Form hat, die hat auch so lange Kerne. Übrigens, Bananenkerne sind ja die schwarzen, dünnen, wenn man schneidet, die 4 Punkte. Ja. Jetzt stell dir mal vor, Banane braucht Sonnenlicht. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Aber vielleicht braucht sie es und dann könnte es sein, dass die Sonne bewegt sich. Sie bewegt sich. Ja, voll. Und wir haben ja die Jahreszeiten. Oha. Die Kugel ist ja rund. Damit Sonnenstrahlen, eine Sonnenstrahlung, wie wir zum Beispiel im Winter, gibt sich ein bisschen zurück und dann strahlt ja die Sonne mit einem anderen Winkel und da hat schon zur Ursache, dass wir da Winter haben. Urkrass. Also spielt der Winkel, wie die Sonne einstrahlt, in die Frucht oder irgendwas eine mega wichtige Rolle. Darum nehme ich an, dass sie abgerundet ist. Ja, das kann gut sein. Aber ich glaube nicht. Das ist mehr nur, dass sie kompakter mehr kann auswerfen kann. Sehr weiss Das erste ist, glaube ich, blöd gewesen. Also in dem Fall ist eigentlich auch Natur geben, wenn deine Eigentlich- Frau irgendwie so in einem guten Winkel, Jetzt kann nur ein Scheiß kommen. wenn du in einem guten Winkel fixst, dass dann einfach ein Sohn rauskommt. Der Winkel ist ja entscheidend. War der raus- Kein Kommentar. Weißt du, was ich meine? Jetzt musst du so Also Grillengeräusche rein tun. Ja, da haben wir sogar einen. Zeig mal, lass mal Ja, ich einen glaub laufen. nicht mehr. Also Darf da ich mal nicht. ein Pad drucken? Ja, mach. Was kommt? Aber Bitte, Soll ich mal ein Set aber machen? nicht in der Mitte. hell no. Oh mein Gott, Alter. da passt gerade zu meiner Aussage. Nein, in der Mitte ist aber nicht. Ah. Kaputt. Der ist der Geist. Der ist... Ja. Herzlich willkommen bei Café Bre. Yes. Nice. Sorry, weißt du, was ich sagen? Ich glaube, da ist alles. Und außerdem in der Natur gibt es einfach 9 Grad, habe ich gemeint. Kann das sein? Ja, es gibt, glaube ich, keine gerade Linie in der Natur. Ja. Und keine eckige, Figuren. oder? Keine Ahnung. Du bist der Architekt, nicht Weiß mir. doch nicht, Mann. Ich weiß doch nicht. Ja, man macht schon Sinn. Du baust Sachen. Ja, Macht schon irgendwann. Sinn. Ja. Also wenn es gerade Sachen vergeht, dann wäre ja auch Erde irgendwo durch flach. Dann Ist sind ja. wir gerade in die Community-Frage. rein. Ist die Erde flach oder ist sie rund? Oh, ich wäre echt. Das wäre echt noch so lustig, so wenn wir einen wirklich da Bro, haben, ich finde immer wirklich lustig. denkt. Kennst du die Leute, wo sich... Ich bin auch mal so voll Verschwörungstheorien Ja, gewesen und fuck, so. man. Wieso Aber bist du ich- es nicht mehr? Jetzt hätten wir voll können reden. Wir können auch jetzt noch reden über Verschwörungstheorien. Easy. Mondlandung. Okay, mit der Aufgabe, nicht easy Mondlandung, aber wir haben jetzt eine Aufgabe an jeden Zuhörer. Und zwar soll für die nächste Folge soll jeder eine Verschwörungstheorie anschreiben und wir wählen 3 aus. Okay, oder? und dann diskutieren wir zu denen. Genau. Ja, Okay, das ist Aber echt gut. das Lustige ist immer, es gibt Sachen, wo, also irgendwie musst du dich fragen, wenn du so viel mit den Verschwörungstheorien befasst bist, Bro, was bringt es da, dass Ja, du das weißt? ja, Was absolut. bringt es da? Was habe ich davon? Danke. Kennst du, es hat Leute gegeben früher, die sagen, ja, Michelle Obama ist ein Mann. Bro, was soll ich mit dieser Information? Ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist oder auch wenn es Ja, Reptiloiden gibt. Ja, dann ist der Barack Was soll Obama ich machen? schwul. Soll ich mich jetzt den ganzen Tag am PC... Ja, Barack Obama. Er ist ja ein Reptiloid, Bro. Nein, soll ich jetzt den ganzen Tag am PC hocken und mich darüber einlesen, ob es jetzt die UFOs gibt oder... weißt du, was ich meine? Die Frage ist immer, was bringt es so? Und auch, ja, keine Ahnung. Woher können wir den Informationsfluss immer kontrollieren? Das ist für mich auch noch wichtig. Weil ja, Am Schluss ist es eine Informationsquelle. Ja, und ich meine, wenn da ja so krasse Verschwörungstheorien wären, die die Welt so verändern und niemand weiß da, dann würde ja sicher nicht öffentlich auf YouTube ausgestrahlt werden. Ja, genau. Plus noch mit Ads dazu. Und, Voll. Dass du noch gerade findest. ja. Aber vor allem auch nicht einer, der so einfach RTL schaut. Aber um warte Informationen schnell. aufzumachen. Jetzt bin ich mal so ein Verschwörungstheoretiker und ich sage, ja, das mache ich jetzt extra, damit sie so eine gewisse Art von Dings offen lassen, zum Diskutieren, damit wir uns eben blöd vorkommen. Ja, keine Ahnung. Alter. Aber du, ich bin ja kein. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits. Den muss man echt einbauen, das ist lustig. Was vermuten Sie? Das ist echt gut. Fix. Nein. Ja. Es gibt eben Kennst du eins das? noch- es Das ist gibt eben extra, damit wir denken, dass es nicht wahr, dabei ist Genau. es wahr. Und Genau. eigentlich wenn sie es nur alle irritieren. Und dabei, wenn es nur Babys essen. Ja, ja, ja. Ist schon krass. Da gibt's Die, ganz. die wollen uns nur im Posaunen. Hey, Alter. nur mal kurz ein Fun-Fact, Ja. sorry. Wir reden ja immer, es ist die Oberschicht, die will uns versklaven und so weiter. Und früher war es nicht so gewesen. Hey, lasst euch da mal durch den Kopf durch. Früher in Rom, im antiken Rom, da war 1% reich gewesen und der Rest war arm gewesen. Ja. Du bist ein armer Sieg gewesen, bist aber römischer Bürger gewesen. Dann hast du so
bisschen Priorität gehabt. Es einen Sklaven gegeben und den armen Bürger und dann 1% von der Reichsten, wo 30% von ganz Rom gehört hat. Also auch flächenmäßig. So. Und da gibt es halt heute immer noch, beziehungsweise heute ist es wirklich nicht mehr so krass. Also ich sage jetzt mal in Europa. Ich finde da ein krasses Thema, weil ich finde, so je älter das wirst, desto mehr merkst du, wie die Leute hier aufgewachsen sind. Und dann merkst du auch quasi die Privilegien, die da gegeben sind, wenn deine Eltern zum Beispiel schon ein eigenes Geschäft haben oder eher Unternehmer sind. Und wie das Denken zu Geld und zu Reichtum steht. Ich meine zum Beispiel jetzt, ich merke ich weiß nicht, ich war von einem Verhältnis aufgewachsen, also der Karan ist reich. Nein, ich weiß nicht, ich war von einem Verhältnis aufgewachsen sind, aber oft bei den Einwanderern, die jetzt einfach einen klassischen Job ausführen, wirst du arm erzogen und du lernst arm denken und auch in der Schule, auch dass du das Gefühl hast, du musst eine Ausbildung machen, dann musst du arbeiten und deine Zeit gegen Geld austauschen, weil ja was haben wir, das 21. Jahrhundert? Ja. Im 21. Jahrhundert das Dümmste ist, was du machen kannst. Ich meine, uns sind so viele Möglichkeiten gegeben und ja, dass du eigentlich auch von dir eben schon so arm erzogen wirst. Und das heisst immer, ja, da können wir uns nicht leisten oder da geht nicht oder da geht nicht. Hey, also wenn meine Stiefmutter sagt, meine Stiefmutter ist von Marokko direkt angekommen, ja, wenn du ihr sagst, du wirst Millionär, Bro, sie lacht dich aus. Also nicht böse gemeint, aber in ihrer Realität existiert das nicht. Cool. Quasi, dass du das Gefühl hast, du musst einen sicheren Job haben, sonst kannst du nie etwas erreichen. Oder, ja. Ich finde eben... Dabei sind ja oft die Leute, die Schulabgänger sind oder eigentlich ganz einen unkonventionellen Weg gewählt haben, meistens die Leute, die am erfolgreichsten werden. True. Ja, dadurch denke ich eben zweigleisig. Ich fahre da zweigleisig, nein. So wie bei den Frauen. Ja. Nein, natürlich nicht. Nein. Zürich Hauptbahnhof Gleis. Nein, ich weiß nicht. Ich verstehe beides. Mein Vater kommt einmal oft auch mit dem Argument, früher noch hast du sozusagen nicht können und heute kannst als einfache, du machst eine Lehre, bla bla, und du kannst ein eigenes Unternehmen aufbauen. Ja. Ich sage ihm, das hast du früher auch können. Nur ist es heute einfacher so in dem Sinn. Von dem her, dadurch es sind da mehr Informationen gegeben. Informationen, du kannst dich so schnell weiterbilden. Ja. Also weiterbilden meine ich nur schon wirklich Informationen, Ja. aber es geht ja nicht gerade zum Studium oder so. Nein, es ist Informationen, ist genau. Das Kapital. Haben wir eigentlich wirklich da auf dem Handy. Du findest alles auf YouTube, willst anfangen, einen Podcast machen, willst anfangen, das, willst anfangen, aber die Möglichkeiten sind wirklich viel krasser. Aber wenn ich halt auch wirklich, ich will euch nicht da die Wind aus den Segeln nehmen, aber macht euch vielleicht auch nicht so einen Stress im Leben. Weil da kannst du schon auseinandernehmen. Aber das ist gerade ein guter Punkt. Ist das bei dir auch der Fall gewesen, dass du so einen Erfolgsdruck hast, durch das, dass du einen unkonventionellen Weg gegangen bist? Boah, kann ich ja schon immer etwas Spezielles machen. Oder zum Beispiel, hey, ich muss ehrlich sein, ich hasse es zum angestellt zu sein. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich das Leben lang machen könnte. Also es gibt so absehbare Zeit, wo du kannst sagen, es kommt immer darauf an, was du im Leben willst. Und ich würde es jetzt jedem anraten, mach doch keinen Stress, aber hey, jeder Mensch braucht ein Ziel. Hört auf, einfach so irgendwie den Herz leben, einfach irgendeinen Job machen, den ihr gar nicht wollt, weil ihr euch einredet, dass ihr den Job machen müsst, um anhand von dem Einkommen, das ihr generiert, können zu überleben. War auch nicht, also weißt, das ist Einstellungssache. Wie bist du eingestellt zu dem? Und ja, auch dass man immer das Gefühl hat, Reichtum hat mit Geld zu tun. Weil ich gerade erst jetzt ein Buch gelesen, das war schon interessant. Und dort steht auch, der Wohlstand von einem Menschen kannst du anhand von dem bestimmen, indem du schaust, wie lange kann er überleben ohne sein Einkommen. Das heisst, es gibt Leute, die verdienen 20'000 Stutz im Monat, geben aber 18'000 jeden Monat aus und haben Fixkosten von weiss Gott was. Ja. Und den Wohlstand kannst du messen anhand von dem, wenn du jetzt heute aufhörst zu arbeiten, wie lange kannst du überleben? Kannst du ein Jahr, 2, dann bist du sehr wohlhabend. Ist Haben und Sein? Ja. Wie heißt das Buch? Ist er da? Nein. Wie heißt das Buch? Das Business des 21. Jahrhunderts. Ja, hast du fertig gelesen? Oder gut, ist schon. Nice. Ja. Robert Kiyosaki. Ah, der Chinese. Ja. Der hat auch... Nein, das ist nicht der. Nein, weißt du, das ist nicht Chines. Nein, er ist asiatisch. Ja. Irgendetwas. Vietnam, glaube ich. Ja, glaube ich. Ja. 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 Also auch wegen dem Ziel jetzt.
dass man irgendein Ziel sollte. Ja, das Ding ist ja Du nicht, dass man, brauchst ein Ziel. aber es kann auch klein sein, weißt du immer. Nein, es muss nicht groß sein, es muss Sieben für dich stimmen. Voll, Aber voll, es ist wie, wenn du kein Ziel hast, das ist immer da. Du kannst es mit einem Flugzeug vergleichen. Ein Flugzeug, das fliegt ohne Ziel, ist einfach irgendwo am Umschwirren in der Luft. Das heisst, du brauchst eine Destination, du musst irgendwie wissen, okay, dort will ich hin. Das Ziel kann sich auch ändern. Du musst nicht immer an dem dranbleiben. Wenn du merkst, es gefällt dir nicht mehr. Zum Beispiel, das war der Tag, wo ich gesagt habe, das war ein Rückschlag für mich, dass ich gemerkt habe, fuck, ich muss jetzt ein neues Ziel oder einen neuen Traum finden. Und dann bist du wie so eine Zeit bist so ziellos und das zieht dich mega ab. Aber wie sollst jetzt du am 6 Uhr morgen aufstehen, wenn du kein Ziel hast? Das schießt dich doch an, man. Dann denkst du, ja, du weißt ja nicht für was. Oder wie willst du dich zu etwas überwinden, wenn du kein Ziel hast? Und das ist mega wichtig, weil da gibt ja auch mega viel Selbstbewusstsein. Das ist eigentlich das Problem von der heutigen Zeit, dass wir so nicht confident sind, wir haben so krasse Issues, so viele Leute, weißt du, sind so nicht von sich selber überzeugt. Du kannst so viel ändern, nur schon indem du dir einfach mal überlegst, hey, was will ich überhaupt vom Leben, anstatt dass du einfach dahin lebst. Es ist mega traurig, aber es gibt mega viele Leute, die das machen. Und sie haben das wie akzeptiert. Sie akzeptieren es einfach und denken, ja, hey, ich muss das jetzt halt einfach. Das siehst du auch bei uns Eltern oft. Weißt, zum Beispiel, mein Vater ist auch so eingestellt. Halt, je älter du bist, desto schwieriger wird es. Aber bei mir ist auch so, ich habe keine andere Wahl. Ich muss das jetzt machen. Oder ohne das kann ich nicht überleben. Und, ja, die Glaubenseinstellungen. Aber ein Ziel ist mega wichtig und das ist wirklich das, was ich jedem anraten würde, dass er sich mal grundlegende Gedanken darüber macht, für was er leben will und wo er in 5-10 Jahren gerne im Leben stehen. Ja. Und dann auch aktiv dafür etwas machen, nicht nur einfach davon träumen und dann, ja, das ist halt schön wär's. Und ich glaube eben, durch da, also du kommst nur auf die Gedanken, wenn du einfach mal allein bist. Ich glaube, ohne da muss irgendwie so ein bisschen Voraussetzung sein. Du musst können allein sein, weil es gibt, ob du willst oder nicht, es gibt einen Mensch, mit dem wirst du dein ganze Leben verbringen. Und das bist du. Mit dem Ladyboy. Mit dem Ladyboy. Ja, außer du entwickelst mehrere Persönlichkeiten, dann hast du ein bisschen Abwechslung. So wie ich. Dann fick ich mich selber. Nachher rede ich mit den Packis. Today you're gonna be very lucky. Nein, aber es ist echt, dass ich glaube, durch das, dass du jetzt Instagram gelöscht hast, ja, so wie bewusst allein bei mir, ich muss sagen, ich habe es gemerkt, wenn jetzt, ich meine, ich habe im Kult gearbeitet, dann habe ich am Wochenende noch gearbeitet und noch aufgelegt. Das heisst, du bist eigentlich 7 Tage von der Woche bist du immer unterwegs gewesen und immer unter Leuten. Und durch das verlernst du vernachlässigst dich selber und dann verlernst du auch allein sein. Und dann bist du auch nicht gerne allein, weil wenn du allein bist, konfrontierst du dich mit deinen Problemen. Ja. Und du hast dir selber, blöd gesagt, schon lange nicht mehr zugelassen. Dann ist das gerade ein bisschen viel und kann dich schon ein bisschen runterziehen. Aber ich habe wirklich das Schlimme beim Instagram und so allgemein ist das Oberflächliche. Die Oberflächlichkeit. Das ist etwas, was ich gar nicht geil finde und was ich gar nicht gerne habe. Also vielleicht merkt man da auch manchmal, ich bin wirklich eine Person, die habe nicht gerne Smalltalks. Ich habe nicht gerne oberflächliche Smalltalks. Ich werde dann wie nervös. Ich werde dann einfach komisch. Im Ausgang hast du den Scheiß. Ja, da hast du die ganze Zeit und da regt dich richtig auf. Nachher denkst du, Bro, wieso fragst du Zeug, wenn es dich gar nicht interessiert? Es lange Heu sagen, du musst nicht mit jedem reden. So, ich finde die Frage immer so. Habe ich es gut gemacht? Hä? Haben wir nur heute gesagt? Ja, du bist der Gast. Mit dir wäre ja ich so sicher, kann mich nicht einfach küssen. Ist nachher. Nein. Ja, aber da oberflächlich. Und das ist in dem Instagram ist alles oberflächlich. Jeder zeigt etwas, was er gerne will. Und das Traurige ist auch, jetzt stell dir vor, du gehst wandern. Dann laufst du auf das Schönste. Bist du gewandert? Ja, genau. Ich gehe allgemein gerne wandern. Das ist auch etwas, was ich jedem empfehle. Reflektier deine Woche und überleg dir in 7 Tagen, wie viel Zeit bist du in der Natur gewesen. Das gehört zu unserem... Das ist unsere Umwelt. Wir brauchen die Natur. Das ist essentiell für uns. Ich meine, wie viele Leute gehen nicht mal eine Stunde am Tag wirklich in die Natur? Aber es sind Leute, die leben in der Schweiz, die sind noch nie auf... Ja, eben. Und wir haben so schöne Berge. Nur schon im Appenzell bist du so schnell dort. Crazy. Aber eben, das Krasse ist, du gehst in die Natur, wanderst auf den Berg oben, bist auf dem Spitz oben. Hey, weißt du, das Erste, was du machst, unbewusst? Foto und Instagram. Packst dein Handy aus, machst eine Story fürs Instagram. Du suchst Bestätigung, unterbewusst. Und da musst du auch zuerst mal eingestehen können. Alle sagen, nein, ich mache das für mich, Das hast du vorne durch. Aber eigentlich willst du Bestätigung. Du willst, dass dir die Leute schreiben, hey, egal, was du machst, hey, egal, wo du bist, hey, voll gut machst du das. Das ist wie so postest Bilder im Fitness. Das ist ja nicht, weil du willst, quasi du bist stolz auf dich, sondern du willst, dass die Leute dir richtig sagen, der ist stabiler Typ, man, stabil, weißt,
machst du das. Oder beleidigt DMs worden. von Frauen. Ja. So, Oder DMs von Frauen. Du Skelett. Kennst du, es gibt so einen Meme, wo er sagt, wenn du Ich ein glaub, ich richtig weiß, fettes Gym-Bild von dir postest und du hast das Gefühl, du Männer machst das eigentlich schreiben wegen nur der Frau, Männer, ja, aber voll. nur Männer Nur schreiben Männer dir und der so, Bro, you look good, you look sick. Ja. Und richtig schwul. Ja, aber nein, das ist eigentlich die Suche nach der Bestätigung und der Oberflächlichen. Und dann musst du wirklich mal überlegen, es kann doch nicht sein, dass du in die Natur gehst und bevor du überhaupt mal da richtig anschaust und einfach mal den Moment geniessest, zuerst ein Foto musst machen. Ja. Und die Stories, ich bin auch jemand, der echt viele Stories gemacht und eben, du musst auch ehrlich zu dem Man stehen. nie im Fall auch. Aber ist so lange. Ja, ich weiss und du musst eben ehrlich zu dem stehen und nicht sagen, ja, nein, ich habe das nur für mich gemacht. Normal machst du es wegen der Bestätigung. Da macht jeder macht Ja, ich bin jetzt das gerade auch am Gletschersee gewesen, Ja. da wo wir noch geschickt Ja. haben. Und ich bin auch dort angekommen und mein Hund ist halt direkt mit der oben, Ja. irgendein Dude oben gewesen, der gesagt hat, dein Hund wird nie da reingehen. In den Gletschersee. Ja. Weil er ist viel zu kalt. Oder? Ist irgendwie minus 1 Grad gewesen oder so, der Wasser dort. Das ist einfach gefroren. Und ich habe gewusst, mein Hund springt dort rein, sicher. Direkt, ja. Direkt, oder? Und ich wollte den Moment aufnehmen und Ja. ich bin auch ehrlich, ich habe den Moment so geil gefunden, irgendwie auf Insta tun. Ja. Und logisch, Leute haben es halt geil gefunden und haben mich auch gefragt, wo es war. Alter, wie Oder? tust du deinen Hund dieser Qual aussetzen? Geil, einfach zum da ein bisschen Props und- kassieren. Ja, so lustig Clickbait, gefunden. Ja, Clickbait. Nur wegen Bundes. ja, und ich muss auch Er sagen, hat ich habe es auch gepostet. Es ist wie so, wenn jetzt, wie du auch gesagt hast, es war wie so selbstverständlich gewesen für mich. Ja. Irgendwo durch. Ja. Momentan ist mir, ich poste gar nicht. Ich poste nur mein Musikzeug, das ich mache, weil ich da gerne mache. Und ich poste nur da, dass Leute auch sehen, okay, der postet nur Musiksachen. Und jetzt ab und zu tue ich auch, von meinem, wenn ich jetzt wandern gehe oder so, poste ich auch da einfach, weil es hat gar keinen Grund. Weil ich muss den Leuten nicht zeigen, was ich mache. Ich zeige ja zu 90% nicht, was ich mache, sondern nur Musik. Das ist ein kleiner Teil. Aber da war für mich so im Kopf, ich habe es aufgenommen. Und mein zweiter Gedanke war wirklich, ich tue es auf Insta. Aber das ist schon krass. So, der Gedanke war Social Media mit uns so im Kopf gemacht hat. Das schlimmste Update, das gerade letztens vor 2-3 Jahren passiert ist, einfach da mit Stories liken. Das ist auch mega neu. Und durch da ist dann noch mehr dazu gekommen, dass man es Aber ja, das ist auch, ich meine, nur schon mit den Reels, das ist ja, auch wenn du anschaust, was da mit dem Dopaminspiegel macht. Wegen dem sollten die die Videos ja so Bibliothek. kurz sein und so viele Bilder wie möglich eingespielt und die ganze Zeit etwas Neues, weil dir da ja habt ihr irgendwo ein gewusst? Dopamin-Kick Das ist gibt. fucking Wegen dem eine bleibst du ja auch Bibliothek. so hängen auf dem. Aber ja, Und es hey, ist gezielt. Du siehst Es ist ein gezielt. gutes Video, nachher Und der Algorithmus- langweilig, ja, ja. und dann kommt wieder ein gutes. Es packt immer so. Es Bro, macht eine Analyse von dir. Haben ihr gewusst, Aber dass so viel, egal. Aber was mich halt, sorry, dass ich euch da unterbreche, was ich halt mega nicht vier sind Leute, die Essen posten. Ja, da finde ich, check ich es auch nicht. Boah, das check ich. Aber das habe ich auch schon gemacht. das habe ich auch gemacht. Nein, habe ich ja. gesehen. Ja gut, wenn gern Gang raus ist das von schon da. etwas anderes. Wegen? Nein, Spaß. Weißt Aber du, haben da, ich Du finde erzählst. es einmal easy, wenn so. Ich habe halt mehr so lustige Stories gemacht, weißt du, kann Durch so ein bisschen Kopfhörer Faxen oder so. telefonieren. Aber wenn Leute so Essen gehen holen, keine Ahnung, und nachher machen so eine Story, was sie essen, dann habe ich gar nicht gern gesehen. Foodblogger. Aber, Aber Mann, ich würde gerade so einen geilen Übergang machen, aber es fällt mir nicht gut sein. Aber habt ihr schon mal eine Story gemacht, wo ihr einen Döner gegessen habt? Nein. Mol. St. Gallen, beste Döner. Mol, ich schwöre auf alles, wo ich Markt, Bistro, Kebab ersten Tag gegangen bin und der Teller Stabil. Und stabil, Ich richtig. muss Wie mal- hätte er mal abgeschlossen? schlimm essen. Wie noch abgeschlossen hat. in den Keime-Test. Er ist gar nicht drauf. Er Er ist hat gar mir nicht- sogar, neu. er hat mir sogar Alter, den Zeitungsartikel geschickt. Kann sie schauen, andere Kebabsläden voll dreckig, bin voll sauber. Alter, krass, Das ist eine gute Frage. Bestellen dir ein Dürüm oder ein Kebab? Kebab, Kebab. Kebab. Kebab-Mensch. Ich sag dir ehrlich, Du bist der Dürüm. Dürüm. Ja, Willst du da jetzt mal etwas Oder- sagen? oder- nein, sag mal nicht, ich bin Okay, kein nein, Fan nein, vom Fladenbrot. Schau. Okay. Nicht Wart, Fladenbrot. wart. Du laufst jetzt in den Kebabladen rein. Ja. Wie ist ein Kebabladen meistens? Dreck. Bro, richtig warm, Alter, chill richtig mal. warm, richtig schwül. Der hat dort richtig so einen fetten Gurt dort voll verschwitzt. also, Abi, was darf sie? Danach sagst du, mein Dürüm, also eine Dürüm bitte, kein Problem. Dann nimmt er den Fladenbrot und er voll auf Schweizer macht er den. Also, Und dann rollt er mit in den Schweiß richtig in die Dürüm rein. Und kennst du noch? er nimmt sich so den Schweiß weg und rollt ihn richtig in die Dürüm rein. Und während er so schön auf den Dürüm runterschaut, tropft noch so Schweiß in die Dürüm rein. Darum schmeckt er immer so schön salzig. Eben, da ist ja Nein. wieder Salz. Und beim Kebab tust du da wie sagt man dem? Schweizer. Ja, du tust dich schon vorbeugen, dass das nicht passiert. Weil er hebt den ja da
Plus mit dem Papier rumtun. Er hebt ihn nicht so. Und dann so reinwerfen. Ja, weißt du, meistens so Ja, vorne. das stimmt. Ist dir schon mal Weil er- aufgefallen, weil er dass, zeigen, dass stimmt. alle Leute, die in einem Kebabladen arbeiten, eher klein sind? Ja, Alter. Man sieht sich am Kabel, Der ja. kommt da fast nicht an, er hat Saladette und der so. Ich schwöre. Bro, das heisst, du hast wie vorgebogen, dass kein Schweiß reinkommt. Du hast Kebabläden durchgespielt, Alter. Ich schwöre, der Dürüm ist immer der so, habe ich eine Dürüm, bitte, kein Problem. So gut. Okay, gut. Fäkalbakterien. Aber deine Theorie geht. Ja, das ist ja da, wo in dem Fleisch drin ist. Das sind Fäkalbakterien. Ja, das sind Fäkalbakterien. Fäkalbakterien. Von der fucking Tier. ja, Fleisch Fäkal hat ist, Bakterien. Fleisch Fäkal- hat Scheisse Bakterien, ja. Ich weiß nicht, ob... Ich weiß echt. Aber Das Problem ist eben, ich glaube, ich glaub, einer hat einmal erzählt, dass das Kebabfleisch ist das schlimmste Fleisch, das du kannst Ja, essen. also Weil in es dem ist Fleisch hat total Bakterien drin. Und wenn du da erwärmst, vermehren sich die Bakterien. Und Bro, der Spieß ist ja den ganzen Tag Warm. dort und erwärmt den ganzen Tag. Nein, Das ist ja richtiger... Das ist ja das Abfall zusammengemisch vom Fleisch, wo nachher der Eigentlich Spieß... wie Leber, es ist Grundsätzlich- eigentlich Leberwurst, Leberfleisch, wie heißt? Nein, Einfach eine Wurst. Fleischkäse. Fleischkäse ist hasse auch, Fleischkäse. ist Oh, auch ich liebe Abfall. Fleischkäse. Fleischkäse ist Abfall. Fleischkäse. Abfall von Abfall. So. Und das ist Kebabfleisch nicht anders als da. Klar, Aber ist halt fein, weißt du? und Leute- Verwertung von Essen und so und dies und das, ja. Aber ich esse da. Joe Rogan Experience. Hey, aber außerdem, so Wurstprodukte sind übrigens auch etwas vom ungesündesten, wo es Ja, aber da gibt. sieht man auch, sorry, wenn man Eigentlich, Fall- je weniger du unverarbeitetes Essen isst, desto besser. Je weniger verarbeitet, desto besser. Und so Aber das Problem ist- Wursterzeugnis... Ich meine, Bro, das Problem ist, bei uns Ausländern lernst du kaputt ungesund essen, die haben nicht. Aber du bist auch Mann. resistent. Hey, kennst du zum Mittag fertig 1,5 Liter Colaflasche, jeder Kind mit 3 am Cola trinken, da Handy hebt, Schnarren, nimm da Kinderüberraschung. Ja, ja, nein. Bei den Schweizer ist es, nein, du darfst keine Cola trinken, Mann. Ja, ich sag dir, ich habe nie Zwieback. Cola dürfen trinken. Bei meinem Vater kaputt ist schon Cola. Bro, bei meinem Vater war die Hause, ich 4, 5, er mit, kennst du den klassischen Vater auf dem Sofa am Liegen, Aschenbecher so auf dem Bauch, am Rauchen, Prinzkeks und Cola aus der Dose, beste Leben. Kennst du? Nachher Horrorfilm schauen. Doppelkeks. Fix, nein. Hast du mal Weißt du, gesagt, nachher- aufhören über das reden? Nein, wie. Also, er hat mich so angestoßen. Nein, Also wie immer der Draco, Latz. wie Draco. Ich merke schon den ganzen Podcast irgendwie, dass der Karan findet das nicht so geil. Da. Ja, aber wenn ich über Fleisch reden, ich kann null über Fleisch reden. Ich kann nur reden. Es ist kein Fleisch. Gar nicht. Bro, ich vergesse jedes Mal, wie viel Ja, der Bro. locker 10-mal erzählt. Ich habe seit Gar 3 Jahren kein? nicht- Nein, gar kein Fleisch. Den wird es Zeit. Nein, 3 du Jahre. weißt, was ich meine. Ja. Du musst Baby Keto-Diät machen. Boah, alter Keto, Mann, sorry. Ich will mir da gehen. Was? Keto-Diät Weißt ist du, nur Fleisch essen? Nein, also nur Protein, kein keine Kohlenhydrat. Kohlenhydrate. Und wie machst du das? Ja, gar kein Kohlenhydrat. Es gibt mehrere es gibt so Keto-Diät. Ja. Es gibt einen, der ist ein richtiger Psycho und er macht Keto-Diät, er trinkt nur Wasser und er isst nur Fleisch ungewürzt. Ja, Kein Rindfleisch, Salz, Rindfleisch, nichts. babam. Ja. Aber Gewürz. Nein, nicht. Nein, Bro, nicht. Einfach Nicht nur Nature Schweiß. quasi. Nicht nur Schweiß, Ja, wo jeder vielleicht drauf. sein eigener, ja. ist kein Kebabladen. Ja, das ist schon krass. Nein, Keto-Diät so, es gibt viele Diäten. Aber ich finde immer, wenn du Diät drin hast, das solltest du nicht langfristig machen, weil eine Diät ist etwas. Das ist, Kurmäßig. das ist eine Kur. Das ist etwas. Also der Typ ist krass, das ist so ein YouTuber, Iman Gaji heißt er, kennst du den? Und Bro, der Typ ist, so ein dünner. er ist dünn, Dünn, ja. der hast du da gesehen. Er geht mit Bodybuilders Bankdrücken machen und er mag 120 Kilo ohne Problem, 7 Mal. Krass. Alter, er mag mehr als der Bodybuilder, aber er ist nicht, er trainiert gar nicht so. Crazy. Ja, Ah, der ist doch der von Dubai, wo der fucking genau. E-Commerce Bullshit macht. E-Commerce. Wir sollten eigentlich auch anfangen, E-Commerce machen. Ja, ist eine geile Branche, aber ja. Network Marketing. Ja, wenn Ja. du... Ja, stimmt. Wir können den E-Commerce mit Ladyboys machen. Vielleicht funktioniert es. Import. Ich und der Karan machen den Business. Du gehst auf Asien. Thailand. Irgendeinen Scheiß, den wir importieren Ich können. mache den Shop auf und du machst. Easy. Du kannst bestellen, direkt, gell, Frauen da hin. Your time, Hey, girl. da läuft gut in der Schweiz. Da gibt es einen Verlag, ja. Echt, ja. Wo über das Internet Frauen bestellen. Ja, Crazy. easy. Easy, Jungs. Ja. Wir sind jetzt, glaube ich, bald bei 3 Stunden. Was? Ja, wir sind jetzt einfach bei 3 Oh mein Stunden. Gott, Das ist wie der Ben Hur-Film. Kennt ihr den? Bitte? Ben Hur. Ey, sorry, das ist ein Bollywood-Film, verdammte Scheiße. 3 Stunden. geht oder Und so. niemand hat Ja, da... das ist ein Audioskript. Ja, gestern angefangen, einen Bollywood-Film angefangen zu schauen, einfach 3,5 Stunden. Ja, kennst du Ben Hur? Hast du da nicht mehr in der Schule schauen? Da hat jeder in der Schule schauen. Warte, da. Crazy. Das ist so eine christliche Geschichte aus der Bibel. Der Film geht 3,5 Stunden. Ich denke, der geht noch länger. Ben Hur. Hey,
3 Stunden. Ich glaube... Wir müssen da entweder Wir- 2 Teile machen oder wir müssen einfach... Nein, Ein, oder? Extended, Bro. Wir sehen... Geschnitten wird sicher 40 Minuten. Ja. Fangen wir am Anfang. Der Dyson schneidet das richtig. Katastrophe. Bro, ich habe erst nach einer Stunde das Gefühl, wir haben angefangen. Ja. Ja, das ist echt gut. so. Aber mir gefällt es. Also, ich glaube, hoffentlich gefällt es dir auch, dass du da bist. Wir sehen dich da sehr gerne wieder mal. Ja. Wir haben noch eine so- Verschwörungstheorie von, Ja, Die wollen wir uns. noch klären. Und wir merken, dass die Zeit eigentlich sehr schnell vorbeigeht, was eigentlich mega Spaß macht. Und ja, danke nochmal, dass du Zeit genommen hast, vor allem am Morgen. Ey, da danke angekommen. für die Einladung. Ja, selber. Das ist noch geil, dann hast du auch einen Grund zum Aufstehen. kennst du? Ja, genau. Du musst. Ja, Das ist ein Ziel für Ja. heute. Ich bin Ja, froh, so- gewesen, dass ich nicht der Einzige war, der Sport Ja, ich hab nicht, ich musste früher noch kommen, weil ich den fucking Schlüssel hatte. Ich so, scheiße, ich darf Du nicht hast das erste. vorkommen. Plus du kommst vom weitesten, nicht? Nein, bitte wach. Er kommt von Nein, vor allem vor allem ist der Kanan eigentlich der, der so gesagt hat, wir müssen so früh da sein. Und nachher sagt er, sage ich so, hey Jungs, ich weiß nicht ganz genau. Ja, mach doch keinen Stress, ich komme mit den. Und ich so, Alter, der, wo Ficken wir- Nein, wir sind... Da habe ich gedacht, ja komm, ich gehe nochmal geschlafen. Nein, so viel zu dem. Also, ihr habt jetzt in diesen 3 Stunden sehr viele Insights von uns und auch sehr viel vom Karim Louladi. Wie sagt man den Namen richtig, den Nachnamen? Einfach so, wie man sagt, oder? Louladi. Louladi. Sehr viele Insights bekommen von ihm. Sehr wahrscheinlich auch so aus erster Hand vor allem. Oder? Man kann sich jetzt aber vorstellen, dass er ein Wife-Beater ist, dass er Ernsthafter Feminist. mit der Faust die Pfade geht rein, so in dem Sinn. Bro, hast du noch nie... Ja, aber jetzt mal ehrliche Frage. Hast du noch nie... Warte, da schnell muten. Hast du noch nie einen Front bekommen wegen deinen Jokes? Safe. Bah. Ich persönlich noch nie. Aha, er Aber persönlich ist noch nie. meine- Nein, bin schon, ja. Haben wir bekommen? Ja. Das heisst, du bist in der Hustlers University. Ja, 100%. Also wenn du das nicht würdest, sage ich schon gut. Aber Ich weiß es nicht. du musst Kannst aber du den keinen Namen Namen sagen, droppen. bitte? Kannst du den Ja, Namen ich kann mir nicht sagen? sagen, ich kann mir nicht aber nein. Meinst du den letzten wegen TikTok? Nein. Nein, Bro, also okay. ich verstehe den Humor, aber es gibt Leute, die finden, also, ja, vor allem so... Voll. Nein, Ja, der, links. der wegen Eigentlich so wegen wie du. Schwuchteln. Das ist ganz am Anfang. Das ist schon ganz am Anfang. gewesen, Ja, Fehler. aber gut. Wie du. Aber das verstehe ich. Das verstehe ich zum Beispiel. Du hast gesagt, du bist links. Ja. War wie? Also ich würde mich so einschätzen. Eben, ich habe gesagt, er ist ja eher so einer. War. Ja. Mensch. Linke Zeche. Also, liebe Leute. Ich habe keine Frage mehr, nichts. Sind wir alles durch? Ich glaube auch. Und sonst kommen wir jetzt nächste Woche oder übernächste Woche, wenn du wieder da bist. Easy. Mit der Verschwörungstheorie. Ja, Mann. Das machen wir über Discord. Nächste Woche machen wir mit Skript. Quasi voll Fachlach. Ich komme mit Brille, ist schon. Ja. Wir kommen Nein, mit Monokel. Brille. Komm, Nein, Monokel. nein, wir machen so eine Special-Folge, wo jeder kommt, ihr dürft entscheiden, ein Kostüm. Ja, jeder kommt als Charakter. Den machen wir voll strikt und redet nur Ja, dann haben wir Aber aber dann auch sind wir eine... NPCs, Alter. Nein, Nein, eben nicht. was wir einen Nein, wir machen machen, es schon geil. was wir ganz am Anfang wollen machen, ist eine normale Folge Ja. und am Schluss sind wir so eine Rolle und nachher spielen wir sozusagen eine kleine... Kann ich den Pakistaner sein? Ja, zum Beispiel. Ja, eben, zum Beispiel. Und dann spielen wir einfach... be very lucky. Ja, voll. Karan, my friend. So gut. Thank you very much for listening to the podcast. Yes, mach gerade Outro, komm. Mach auch. Okay, guys, thank you very much for listening to the podcast. Today is gonna be a very special day for you all. Danke vielmals. Jetzt mach noch. Nein, mach einen geilen, aber kennst du. So weißt du. Nein, das war Spaß. Ich weiß gar nicht, was können wir es jetzt noch? Jetzt können wir es noch. Ja, sicher. Crazy, Alter. Er macht 3 Stunden. Mit dem Mutterfinger. Alter, schwierig. Tut mal Huren so gendern. Gendern mal Huren so.